Gut, whatever the fuck du gerade für die Zeit hast, Ladies and Gentlemen. Wir sind heute da mit Metal Servala, The Ricky, The Moi, mit dem, ihr kennt ihn alle als früherer Gitarrist von Lotrify, als der Typ, der an jedem Konzert ist, a.k.a. mein persönlicher Lieblingsinfluencer und Reisejournalist, der Umi. Hoi! Geh mal ein bisschen hin, du bist gerade Umi auf dem Weg. Ja, genau. Okay, sorry. Umi ist in der Mitte, das ist gut. Ja, es tut mir leid, bis wir gewöhnt sind, immer so nervig. Ein bisschen mehr nach links, dann bist du genau in der Mitte. Das hätten wir auch vor fucking 2 Minuten können machen. Alright, sehr gut. Perfekt. Also gut, jetzt, wo wir das Professionelle haben. Für die nur zulassen, es sieht gut aus, glaube ich. Ja. Ab jetzt, genau. Vorher war es noch nicht gut gewesen. Ja, Umi, hast du schnell Lust, dich in zwei Sätzen mal kurz zusammenfassen für die Leute, die dich noch nie gekannt haben oder noch nie gehört haben? Du hast das eigentlich, glaube ich, schon ziemlich gut gemacht. Mit dem, der an jedem Konzert ist. Und wenn ich mal nicht an einem Konzert bin, von gewissen Leuten als Reiseinfluencer bezeichnet wird. Mhm. Von mir und dem Nico in dem Fall, ja. Von allen irgendwie. Aber, ja, es gibt ja aber auch selten jemanden, der so viel Paris Hilton Posts macht wie du. Das ist jetzt aber bei dir halt auch ein bisschen beruflich bedingt. Aber da können wir sicher später mal noch drauf zurück. Aus irgendeinem Grund bist du ja bei uns. Mhm, genau. Es ist der Man behind the scenes und on the scenes, on stage und off stage. Sehr, sehr wichtiger Mensch, der Umi. Ein Influencer, tatsächlich, wie du sagst. Oder? Ich meine, da gibt es viel Geschichten, Story. Ich denke an Bonebreaker Ball zum Beispiel. Oder? Der Umi hat sicher, jetzt muss ich überlegen, du hast sicher sehr viel Influencer in der Schweizer Metal gesehen. Extrem. Und deswegen, ich würde sagen, gehen wir mal ganz am Anfang, oder? Gehen wir mal schauen. Welches Spital? Baden. Tatsächlich, alright. Tipptopp. Aber ich wollte da zwei Seiten von Umi mal besser kennenlernen und auch mit Leuten sharen. Und zwar einerseits Musiker. Ja, nüchtern und nicht nüchtern. Stimmt. Aber auch die Musikerseite und nachher auch deine ganze Konzertveranstaltung Geschichte. Weil das sind zwei Gesichter vom gleichen Münz, würde ich sagen. Oder? Und du kannst mal gerne loslegen. Wie ist bei dir angefangen mit der Musik? Allgemein und harte Musik auch? Eigentlich hat alles angefangen, wo, ich glaube, fast alle Gäste hier hat es irgendwo mit Linkin Park angefangen. Yes. Tatsächlich, weil Meteora war die erste CD im Rock-Genre oder Metal-Genre, die ich gekauft habe. Wann ist das? 2003. Und ziemlich darauf ab ist dann Slipknot gekommen. Und das war eigentlich so meine Einsteigerband in wirklich Metal eigentlich so. Welches Album? Volume 3 ist da, glaube ich. Und was dort auch noch prägend war, was vielleicht nachher auch ein bisschen sinnbildlich war für den ganzen Weg, der nachher kam, ist eben sogar eigentlich auch für beide Seiten, wie du jetzt vorher erwähnt hast, ist glaube ich, dass ich 2005 als Rock am Ring bin. Mit 12. Ja. Ich will sagen, 2005, das sind wir aber noch jung gewesen. Ja, das war wirklich ein prägendes Erlebnis gewesen. Es hat sich also das ist 19 Jahre her. Ja, aber es ist eben, ich meine, es ist wirklich ein spezieller Ausflug gewesen mit meinem Vater zusammen, weil er hat irgendwie gesehen, dass ich das so mega abfeiere, wo immer, die ist so immer noch auf MTV gekommen, ist immer erstes Juni-Wochenende, ist einfach gewusst 3 Tage Rock am Ring. Und darum habe ich das irgendwie mega abgefeiert und bis heute bin ich ihm auch dankbar, dass er dort irgendwie so einfach gesagt hat, hey komm, das machen wir jetzt mal, weil Slipknot hat die gespielt, aber es hat auch viele andere prägende Bands gegeben. Green Day habe ich dort gesehen. Ich habe wirklich auf der 3. Bühne Trivium am 5 gesehen. Ich habe Papa Roach gesehen. Ich habe Slayer noch gesehen. Alright. Ich habe sogar ein paar Songs noch von R.E.M. gesehen. Ich habe Iron Maiden gesehen. Das war ja Requiem Ascendancy Trivium, ne? Ja, die haben, glaube sogar, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber so die Roadrunner Records Stage so, wo müssen wir mal anschauen. Es ist wirklich crazy, was dort, ich habe dort einiges auch verpasst, das tut wirklich weh. Ich habe Avenged Sevenfold, wo nachher meine Lieblingsband wurde, ist verpasst, weil die haben irgendwie am letzten Tag um 2:30 auf der Hauptbühne eröffnet. Das waren Roadrunner United Zeiten gewesen, ne? Genau dann, oder? Ja, fucking hell, das ist ja... Ich bin wieder draussen. Also es ist wirklich crazy, wenn heute jetzt quasi, wenn ihr das hört oder eben wenn der Podcast durch ist, wenn ihr das Line-Up anschaut, denkt ihr einfach so, fuck, was der alles gesehen hat und hat können sehen. Und ich glaube eben,
das ist auch sinnbildlich eben nachher gewesen, dass ich irgendwie mich das so fasziniert hat, weil ich bin vorher, also als Kind, ist so meine grosse Leidenschaft gewesen, so Fliegen. Also, immer. Kampfjets und so. Ja, nein, ich habe das wirklich so... Das ist geil, so voll mein Hobby. Also sorry, Kampfjets sind absolut... Ich finde auch jetzt, ich bin zwar ein absoluter Pazifist, aber ich finde Kampfjets immer noch geil. Sind und jedes Jahr am Greenfield, wenn wieder so 2 F-18 drüber ballern, so jawohl, geil! Und dann wieder so, aber sie machen Tod und Vernichtung. Oh. Aber die sind schnell. Aber sie sind schnell. Voll. Ja, und ich glaube, nachher ist das wirklich ein bisschen so, wann ist das zeitlich gewesen? Eben so, eben mit 12, 13 habe ich schon Akustikgitarre gespielt. Aber halt einfach so von der Schule aus. Und dann in der Woche Lektion gehabt. Und bin dann auch in der Zeit, als ich am Rock am Ring war, eben 2005, bin ich zu Mellingen in die Schule. Und bin dort aber schon in einer Band, also so Schülerband gewesen. Right, wie hat die geheißen? Noble Toxin. Noble Toxin, das ist nicht mal so schlecht. Das ist eine Opera-Metal-Band. Nein, wir haben schon primär Covers gespielt, aber es war cool gewesen, mal so ein bisschen Bühnenerfahrung so haben und so, ja, mal ein bisschen das Gefühl bekommen. Ich habe dann auch zur E-Gitarre gewechselt und nachher, wo ich 2007, 2008 bin ich nachher in die Bits auf Baden gewechselt. Und dort habe ich eben nachher die Jungs von Lotrify getroffen. Und dann ist so ein bisschen das eine zum anderen gekommen. Und das war jetzt so ein bisschen der Bandweg gewesen, eben, wie du gesagt hast, eben, es sind ein bisschen wie so 2 parallele Geschichten. Und das Veranstalten hat zwar auch mit der Band zu tun gehabt, dass wir angefangen haben, dann ganz am Anfang, wo wir halt noch nicht mal Aufnahmen hatten, dass wir an Shows kommen. Erzähl mal, wie der Prozess war dort. So. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe gelogen. Was? Und ich behauptet habe, wäre es meine erste Erfahrung mit Live-Musik. Wieso? Also ich habe mal in der Schule ich habe mal Schlagzeug gespielt, ein Lied. Irgendwo. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als du das erzählt hast. Weil wir haben irgend so einen Wettbewerb gehabt, alle haben so einen Text schreiben und dann ist das irgend so ein scheiß Wettbewerb vom Kanton Zürich aus. Und dann alle haben einen Text schreiben in der Schule und dann haben so die Gewinner von der Klasse dort hin müssen und dann ist der beste Text gekürt worden und der hat dann irgendeinen Preis bekommen und ist irgendwo in der scheiß Rest irgendwo ausgestellt worden, keine Ahnung was. Ich habe dort Schlagzeug gespielt. Was für ein Song? Ich kann blassen mehr. Aber einfach nur so Bütze Katze. Das prägendes Erlebnis. Ja, denkst du heute noch dran? Ja, jetzt. Ja, literally. Umi hat da gerade Kindheitserinnerungen in mir geweckt. So, ja, das ist gut. Und er nach einer Wunde aufgerissen. Aber das Nein! Nein, aber es ist ganz langsam. Erzähl mal, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, das Lotrify entsteht, oder? Das war, wo wir nachher eigentlich wie alle Gründungsmembers im gleichen Jahrgang waren. Also ich bin mit dem Sascha in der Klasse und dem ursprünglichen Drummer. Und der Janik war in der Parallelklasse und der Laub war in einer Parallelklasse. Ohne Scheiß, alle im gleichen Jahr. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass wir immer am Freitag über den Mittag so die Aula im 5. Stock oben haben können wie gratis zur Verfügung gestellt haben. Und uns dort ein bisschen austoben. Und dann hat sich dann eben es sind dann auch manchmal noch ein bisschen andere Leute vorbeigekommen. Das war ja noch nicht ein seriöses Projekt gewesen, aber in diesem Jahr eigentlich, im letzten BITS-Jahr. Was ist nochmal BITS? Das ist wie Gimmi einfach im Aargau. Alright. Also einfach die Oberstufe. Und nachher, während dem Jahr... Im Musikgimmi, oder? Nein, das ist einfach... Weißt du, im Aargau ist er kommt aus Puerto Rico, ich komme aus Zürich. Nein, in Zürich im Gimmi hast du dann nachher können... Aber ihr seid nicht am Gimmi gewesen, oder? Nein, im Aargau ist es anders. Im Aargau haben wir 5 Jahre Primar gehabt, nachher ist 4 Jahre Oberstufe mit 3 Levels gehabt. Das ist quasi BITS das Höchste, wo du nachher auch an die Uni kannst. Eben, genau. Also über Kante. In der Kante habe ich eben gewusst, es gibt so Musikklassen. Nein, das war noch vorher. Das ist eigentlich so, wo wir so 15, 16 waren. Das war Standardschule. Also das ist genau, das ist noch die obligatorische Schule. Du hast einfach quasi in der BITS müssen sein, dass du nachher an die Kante oder später an die Uni kannst oder eine Lehre anfangen. Alright. Und darum sind wir dort alle im gleichen Jahrgang gewesen. Und eben, es hat sich dann schon ein bisschen privat herauskristallisiert. Es sind alle ein bisschen Metal, ein bisschen Rock geil gefunden haben. Was ist so der Austausch damals gewesen? Wer hat was gelost?
Oder alles so Godsmack, das ist ein Slipknot. Ja, früher haben wir noch nicht so viel Internet gehabt, dann haben wir alles Gleiche gelassen. Billy Talent ist gerade gross, wurde ein bisschen so. Aber eben, ich meine, das war zeitlich 2007 gewesen, das ist wirklich lang her. Ja. Und dann haben Rise wir Against, oder? Rise Against auch, war gerade dabei gewesen. Und dann haben wir nachher während dem Jahr uns eigentlich so als Band gegründet, mit fixen Members, mit einem Namen. Und haben dann an dieser Abschlussfeier, also wo so Zeugnisübergaben so war, haben wir Kids Aren't Alright Covers von Offspring. Geil. Und stell mir jetzt gerade vor, wenn ihr dort so gespielt hättet wie dort an deinem letzten Konzert. Das wäre fucking hilarious gewesen. Also es war wirklich eine lustige Sache, es war so für aussen gewesen. Alles so ein bisschen räudig aufgestellt, ein bisschen so, es spielt dann nachher noch eine Band. Ich weiss, ich hatte noch grüne Haare gehabt. Nice! Aber leider gibt es nur noch so Potato Cam Videos. Das ist noch nicht die Zeit, wo alle mit dem Handy 4K aufnehmen können. Das war noch die gute alte Zeit gewesen. Und ja, das war so ein bisschen der Startschuss gewesen. Und ab dann... Aber hat es schon Logify geheißen oder haben wir noch einen Interim-Namen gehabt? Dort haben wir schon einen Namen gehabt. Also wir haben es, glaube ich, das auch nicht auf einen Tag genau können sagen, aber wo wir das einmal gefragt haben, haben wir gesagt, so Februar, März 08. Darum haben wir jetzt die 15 Jahre Show, also als ich das letzte Mal mit ihnen gespielt habe, die Band gibt es ja noch, haben wir darum auch gesagt, es ist 15 Jahre Jubiläum. Wir haben es nicht auf einen Tag genau können sagen, aber einfach gesagt, ja, hey. Ich glaube, die wenigsten können es auf den Tag genau sagen. Frühling 08 und dann Frühling, was ist jetzt? Was heisst? 23 genau. Und was heisst Logify? Das wissen es bis heute nicht. Und ich weiss, ich habe es herausgefunden. Also, passt auf, das sind einfach alles gottverdammte Virgin Squads gewesen. Weil LOTR, Lord of the Rings, Lord of the Ringsify. Aber da ich ja nicht Teil von dieser Band bin, darf ich schön an die Pressestelle von Logify verweisen. Ich dürfte dazu keine Auskunft mehr geben. Das ist quasi nicht mehr autorisiert, das ist gut, okay. Das Logo zu brauchen. Willst du den Kaffee noch oder wird es sonst kalt? Es steht immer noch etwa 100 Grad. Jetzt musst du ihn ausschlürfen, jetzt gibt es ein bisschen ASMR da. ASMR. Hey, ich bin gerade verwundert, dass wir nichts ausgelernt haben bis jetzt. Jawohl! Ja, ich sehe ja. Da sehen wir die Erfahrung. Danke. Der Umi ist ein Italiener. Richtiger Genüsser. Der weiss, wie man es macht. Der lebt. Espresso wegklepfen da. Alright. Okay, wo sind wir? Logify, Anfang. Ja, gut. Und dann, eben, du hast gesagt, die ersten Erfahrungen mit Veranstalten hast mit der Band angefangen. Erzähl mal, wie überhaupt in die Welt reingekommen bist. Also für alle, die bis jetzt noch nicht wissen, was der Umi genau macht, der Umi ist einer, der... Oh, das haben wir nicht gesagt. Ja. Nein, das haben wir nicht gesagt, das ist mir jetzt gerade nicht. Der Umi ist einer von den Menschen, die sehr, sehr, sehr dafür verantwortlich sind, welche Bands das in der Schweiz spielen. Einer von der grössten Influencers in der Local Szene. Vor allem auch, welche Bands am Open Air Grenchen spielen. Ja, voll. Dort bist du ja für das Booking zuständig, darf ich das so sagen? Genau. Gut, genau. Umi, Booker vom Open Air Grenchen und Booker bei Mainland Music. So, jetzt haben wir endlich alle Leute, die sich das Gefühl ja, okay, cool, er bucht Shows, er organisiert Konzerte, aber who the fuck... Ja, du willst das einfach nachher auf Spotify und so dort den Titel schreiben. So mit den Klammern. Ja genau, einfach so, wie heisst jetzt da? Wie heisst da euer Mutterkonzern, den alle hassen momentan? Nein, wird ja nicht mehr gehasst, weil es den Bands Geld geben jetzt. Was? Live Nation. Genau, ja. Live Nation Trash Talk mit... Anyway, ja gut, in dem Fall. Ricky, übernimm das Steuer wieder. Aber dort hast du gesagt, deine Erfahrungen haben dort angefangen. Erzähl mal so, wie der Prozess war am Anfang. Der war recht Sprung ins kalte Wasser, weil wir haben, eben, wie gesagt, damals erst angefangen. Wir sind ja wirklich jung gewesen, also es ist, ich glaube, keine älter als 16 gewesen. Dann haben wir gerade haben wir noch den ersten Memberwechsel gehabt, dann hat sich alles so ein bisschen verzögert und jetzt sind wir im Zeitraum, glaube ich, so 2010. Und wir haben dann auch schon so Bandings und so gespielt. Aber wir haben gemerkt, gerade so ohne Aufnahmen ist wirklich schwierig an Shows zu kommen. Wir hatten wie irgendwie die abgefuckte Idee, einfach so, ey, fragen wir doch mal das Merker, also der Vorgänger vom Werkbaden, wo ja noch, das war ja gerade dort beim AZ-Turm gewesen. Und eigentlich so unsere Anlaufstelle eigentlich für Konzerte auch. Und haben dann dort einfach mal mit ihnen geschaut, hey, besteht die Chance, mal irgendeine Show zu machen. Und sie haben uns wirklich cool dabei unterstützt. Wo ich auch bis heute sehr dankbar bin, dass die Leute dort involviert sind, die eben auch junge Bands eigentlich so mit so einer Idee eine Chance geben, weil für das, also ist jetzt meine persönliche Meinung, für das
werden da die Steuergelder gescheit eingesetzt, dass man sagt, es muss ja quasi auch Platz haben, dass jemand einfach kann sagen, hey, wir wollen mal, ohne gerade unsere Bankkonten zu lernen, einfach mal etwas auf die Beine stellen. Sie begleiten dann begleiten, sie dann auch Tipps geben für Promo und so. Weil eben, wir haben das jetzt, es hat niemand irgendwie da eine Ausbildung gemacht. Und dann haben wir ein bisschen wie aufgeteilt, auch nachher bei den zukünftigen Shows immer jemand ist so für Bands, also Bandbetreuung, so mit Catering und so zuständig, jemand ist so ein bisschen auf der Bühne verantwortlich für Changeover. Ich habe immer so ein bisschen das Booking und Papierzeug gemacht, Verträge, das Visa und all das. Und wir haben dann einfach mal etwas gemacht. Und es ist wirklich cool geworden. Also wir haben dann 3 Shows gemacht. Dann, wo wir die EP rausgegeben haben, das war glaube ich 12 und 13, haben wir glaube ich 7 Shows gespielt. Und jedes Mal andere Line-Ups und andere Venues. Und das Grösste war nachher mit der, wo die EP rausgekommen ist, wo wir 13 Shows so gespielt haben. Eigentlich über 40 verschiedene Bands, ein Slot gegeben, alle Fixgagen, alles eigentlich so gemäß dem Standard, wo wir auch froh sind, wenn wir gebucht wurden. Das scheitert oft schon dort. Also oft eigentlich absolut jedes Mal. Aber das ist eine andere Story. Voll. Ja, weil ich glaube, der Schritt von einfach, du hast nie etwas organisiert, zum eine Show organisieren. Ich glaube, es gibt auch so die Angst, shit, was, wenn ich etwas vergesse, was, wenn ich nicht an das überlegt habe, oder? Und eben, so wie du sagst, das ganze Geld im Voraus auch reinstecken, weil zum Teil du gehst Venues anschauen, findest so, shit, ich muss jetzt 20 Stutz irgendwie im Voraus parat haben, um mich zu machen. Ich glaube, da ist sicher noch cool, weil so wie du sagst, Venues zu haben, die wirklich auch unterstützen. Also ja, das also konkret geht es dort immer zum Beispiel um eine Defizitgarantie, weil wenn du als Band kommst oder wo ich erst später dann nachher gemacht habe, wo ich quasi das Label weiter gebraucht habe, aber wo die Band wie gesagt hat, so hey, es ist auch okay, wenn wir nicht mehr dabei sind, wenn wir nicht jedes Mal spielen, weil halt wie die Marke ein bisschen einen Namen hatte, Bonebreaker, hast du gewusst, Bonebreaker die Show angekündigt, bin ich natürlich auch immer sehr froh gewesen, wenn ich Shows zum Beispiel eben weiterhin im Bad machen konnte oder im Flösserplatz, wo ich mit dem Riverside Mosh Label auch noch ein paar Shows gemacht habe, weil halt dort immer, weil ich ja nicht Geld verdienen. Ich habe einfach gesagt, ich wollte etwas für die Szene machen. Und das hat sich dann eben cool ergeben, weil dann mit dem Venue gesagt hat, ey, irgendwie, wenn es abgehackt, wenn nur 50 Leute kommen, dann übernehmen wir es, aber du bist dann für wie eine Kulturgruppe. Weil das ist halt je nachdem eben anders. Wenn du jetzt einfach ein Venue komplett mietest, das ist wie ins Casino gehen. Ich meine, für mich ist es jetzt heute immer noch der Job, aber ich weiss auch heute immer noch nicht. Ich meine, es ist, mit den Jahren wirst du halt ein bisschen abgestumpft, aber wenn du halt nur eine Show im Monat hast, dann schlafst du wirklich schlecht. Wenn du denkst, so, fuck, mit dir ist 20 Billett weg und ich brauche 150, dass ich nicht drauflege. Das ist auch das Schwierige an dem. Ich meine, seit Corona hat sich jetzt auch wieder gut erholt, aber auch schon damals, ich meine, kennt ihr ja bei euch selber, wenn irgend so eine 20-Stutz-Show ist, dann gehst du eigentlich nicht im Vorverkauf. Und dann gerade, ja, das ist so. Ja, aber schau jetzt mal, heute, bei dem schönen Wetter, da weisst du wirklich erst, wenn die Headliner-Band auf der Bühne ist, wenn nachher noch Obi-Kasse auszählt ist, und es kann sein, dass 50 oder 200 kommen. Das ist, und wenn du das halt eben nicht als Beruf machst, sondern wirklich in der Freizeit, als deine Leidenschaft, dann gibt es da wirklich harte Momente, wo du wirklich gesagt hast, so fuck. Und ich glaube, das ist auch alle, die mehr als jetzt nur eine Release-Show gemacht haben, ist dann immer ein bisschen ein Wendepunkt. Darum kennen ihr auch Leute, die irgendwie früher noch Shows gemacht haben, irgendwann haben sie keine Zeit mehr oder einfach auch die Motivation. Ja. Immer so das investieren. Und eben, du kannst nicht mal jemandem einen Vorwurf machen, weil plötzlich, du willst ja nicht irgendwie Leute im Umfeld dann so, ja, wieso sind die nicht gekommen? Aber die sind ja schon bei den 3 letzten Shows gekommen. Ja, weißt, du musst wirklich das voll abkapseln und einfach sagen, hey, look, eine Show veranstalten ist wie ins Casino gehen. Ja, es hat was. Weil eben, ich meine, die paar Shows, die ich jetzt mit Eversis organisiert habe und mit Matchbox Whisper, hat es wohl Silas gemacht, aber das sind auch in der Kantine Bülach gewesen. Die 2, 3 habe ich dort gemacht. Dort ist einfach auch, dort haben sie immer uns im Voraus gesagt, also schaut, entweder machen einen Gratis-Eintritt, dann bekommen wir einfach alle Einnahmen von dem Abend. Oder ihr macht den Eintritt, aber dann müsst ihr die Venue buchen und alles wüsten und weiss ich noch was und pipapo. Dann haben wir einfach immer gesagt, oh,
wir machen Kollekte, Eintritt, so läuft. Jetzt mit der neuen Führung ist es, glaube ich, anders. Dort, ist, glaub, die haben es ein bisschen anders geregelt jetzt. Aber dann haben wir gesagt, okay, nein, gut, easy. Wenn wir Kollekte machen, müssen wir keine Security stellen. Dann ist es einfach wie, wenn in dieser Bar halt eine Band spielt an dem Abend. Wir müssen keine Security stellen, wir müssen nicht schauen, dass wir mit der Bar irgendetwas haben. Und sie haben dann einfach gesagt, ja, wir müssen schauen, dass dann einfach irgendwie eine gewisse Anzahl Getränke verkauft werden, wo ich dann aber auch sagen musste, also, hey, aber jetzt mal unter uns. Ich weiss, was da am Samstagabend läuft. Also, dann werden nicht, also dann hat es niemals so viel, also dann gehen niemals so viele Getränke weg, wie ihr jetzt da wollt, von uns los haben. Aber es hat dann auch nie irgendwie, man hat dann auch nie irgendetwas müssen. Es war auch immer recht gut besucht, es waren nicht mehr so um die 80 Leute gewesen, und dann ist in der Kantine eigentlich okay. Und eben am Samstagabend hast du nicht oft 80 Leute dort rein gehabt, ohne dass es irgendein Anlass war. An einem regulären Samstagabend ist dort nicht wirklich viel, nicht 80 Leute gelaufen, und vor allem am Konzert sind die meisten trinkfreudiger. Von dem her, wenn du so ein Venue findest, ist es eigentlich okay. Im Dynamo, im Werk 21, hat's, zum Glück haben wir dort den netten Nick, der jetzt bei Anger Management spielt, hat Show für uns gemacht. Das ist so ein bisschen das Panda zum Umi im Alternativbereich, würde ich jetzt mal sagen. Oder, schon, oder? Kennst du ihn ja, oder? Ja, ich kenne ihn. Ja, eben. So. Hast du gerade Panda gesagt? Pendant. Ah, ich habe Panda. Je m'appelle Bürostelle. Ja, das ist so, der hat das für uns organisiert, das war relativ nice gewesen. Und jetzt jedes Mal, wenn der Döme mit sehr viel als Breath-Shows organisiert hat, muss man einfach so sagen, so, Alter, wieso dünn ihr das an? Ja, ich bin dafür der Einzige, der keine Show organisiert hat in diesem Raum. Von dem her, ich bin da alles am Zuhören. Im Vergleich zu dem habe ich auch noch nie eine Show organisiert. Ja. Eben das. Nein, also ich glaube, also, aber das ist eben das, was ich immer sage, was Umi auch gesagt hat, gerade voran. Was wichtig ist, was wichtig und cool ist, dass es auch Locations gibt, wo eben auch diesen jungen Bands und jungen Veranstaltern eine Chance geben. Weil, wenn du überlegst, Dynamo und das Werk 21 sind ja eigentlich ein Kulturlokal von der Stadt Zürich. Also Jugendkulturhaus von der Stadt Zürich. Von dem her ist es eigentlich lächerlich, was die verlangen, wenn du dort eine Show organisieren willst. Da hast du mehr Insider-Info als ich, aber... Ja, aber die sind jetzt nicht veröffentlicht. Also sie sind es öffentlich auf ihrer Homepage, glaube ich. Dann könnt ihr anschauen, wenn es wäre. Nein, aber das sind alles eben Themen, die ich würd nachher ansprechen würde. Weil, was ich eigentlich... Wie lange hast du Zeit? Ich habe Zeit. Das ist gut. Das ist top. Ja. Alright. Nein, genau. Alright, ich bin wieder da. Ist gut. Nein, wir haben zuerst mal für am Morgen dachte ich so, shit, der Umi muss um 2 Uhr weg. Oder so. Ja, das hat sich geändert. Nein, das hat sich geändert. Wir haben jetzt um 2 Uhr angefangen. Ich habe ein bisschen Panik bekommen. Naja, aber denkst du, also ich glaube, es wäre cool, wenn was soll ich sagen? Also ich finde... Anyway, was war deine erste Gitarre gewesen? Ja, deine erste E-Gitarre? Einfach damit wir wieder mal schnurren können. Ja. Das ist, ich weiß nicht mal, ist wirklich so eine No-Name-Marke. Aus dem Migros? So eine ich weiß nicht, oder ich glaube auf Ricardo oder so. Oh, geil. Aber eben, ich habe sie noch daheim. Ich habe nachher alles so Sticker drauf da, so von Games und so. Ja. Aber ja, das war nicht Qualität gewesen. Und nachher habe ich recht lang mit so einer, ja, die war okay gewesen, so eine Gibson. Aber es ist nicht irgendwie so eine High-End-Version. Und nachher habe ich später dann noch Schecter gekauft. Nicht zweimal Schecter und eigentlich immer ein bisschen mit denen gespielt. Aber nice. Ja. Ja, du hast doch die Schecter gespielt, die wir noch zusammen gespielt haben. Im Planet 5. Ja, das war wahrscheinlich noch die mit Floyd Rose gewesen. Und ich aber nachher gesagt, ich kaufe keine Floyd Rose Gitarre mehr. Das ist halt völlig... Einmal Seitenwechseln, ist ein Tag vergangen. Ich glaube, der einzige Mensch, den ich kenne, der sagt, Floyd Rose ist geil, ist der Yannick. Ja, ist der einzige. Ich kenne keinen mehr. Aber es sind mich gewundert, der Anfang von der Bonebreaker Balls. Wie sind die ersten... Also du hast jetzt erzählt, wie es entstanden ist. Aber ich wundere, was für Bands... Also für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das ist in der Schweiz eine lokale Konzertserie gewesen, wo auch Bands vom Ausland gespielt haben. Und es gibt, wie viel hat es gegeben? Mehr als 40 insgesamt. Hure viel sind es wieder. Schon, also es gibt wirklich so 2 Äras. Die erste war, wo quasi immer war, wenn ein Bonebreaker Ball ist, spielt ein Lottery 5. Alright. Und das sind eben zuerst 3, nachher 7, nachher glaube ich 13 Shows gewesen. Yes. Und nachher ist eigentlich eben der Cut gekommen und ab dann haben wir glaube ich noch ein einziges Mal eine Show gemacht.
Wo ihr mitgespielt habt? Nein, wo wir eben das erste Mal nicht mitgespielt haben, aber wo alle organisiert haben. Das war die Bury Tomorrow Show, dort mit Save Your Last Breath. Die ist fucking geil. Die ist 2004. Ich habe gerade die Woche wieder daran gedacht, weil Rest in Peace, Sommercasino macht zu. Nein. Und das ist eben noch dann quasi... haben wir nur noch das Z7 in Basel. Ja. Und darum habe ich eben gerade an die Show zurückgedacht, weil dort haben wir fast 300 Leute am Samstag. Das war ja mit Hands Like Houses und dann Save Your Last Breath als Opener gewesen. Und dort haben wir alle noch organisiert. Wir haben alle quasi sich Zeit genommen. Jemand ist gepostet, jemand hat mit der Bühne geschaut, jemand hat mit den Helferleuten geschaut. Und ab dann war es eben so ein bisschen so wie, ja, eben, wir können quasi eine Band sein, aber mach du das Ding weiter. Also das ist wirklich auch voll im Guten auseinander, im Sinne von... Also, ich meine, es ist ja auch ein hoher Aufwand. Also, genau, also ich habe jetzt im Nachhinein nie mit ihnen darüber geredet, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass sie böse waren, dass sie dort nicht involviert sind. So im Sinne von einer Release-Show, irgendwo Werkbaden, so, dort sind schon alle involviert gewesen, aber wir haben das eben wirklich getrennt. Wir haben einfach gesagt, eben, wir sind eine Band, wir machen dort unser Booking und ich nehme einfach das Label und habe dann eben nachher mit dem weitergemacht. Und am Anfang, das war ja glaube ich die Frage noch, wir haben einfach dort ein bisschen eine Mischung machen, dass wir immer 1-2 Bands haben, vor oder nach uns, Local Bands sind und immer ein bisschen entweder Schweiz bekannte Headliner oder eben aus dem Ausland. Also bei der ersten Show zum Beispiel war Promethy dabei gewesen. Oh, yes. Darum habe ich auch zu ihnen eine sehr, sehr lange History und Freundschaft. Sie sind ja jetzt so auf unbestimmte Pause mal off. Aber sie haben gerade in diesem Jahr irgendeinem Greenfield können spielen und dann haben wir sie einfach mal so gefragt. Und der Headliner bei der Show war Eyes of Solace mit so Alternative Rock Metal aus Deutschland, der aber auch in diesem Jahr am Rock am Ring gespielt hat. Damn. Crazy. Und nachher, also... Hast du Alphaces Down mal organisiert? Ja, aber das war noch lustig. Wir haben eben nicht die Bruck-Show gemacht, sondern den Kollegen gemacht, sondern wir haben die Dornbirn-Show gemacht. Das ist meine erste Show und glaube einzige bis heute, die ich im Ausland organisiert habe. Geil. Weil das ist ja Österreich, gerade an der Grenze. Ja. Und sind dann nachher einen Tag drauf zu Bruck noch gespielt. Das ist aber geil. das ist, und was habe ich schon noch? Also ich glaube, das Grösste damals war auf der zweiten Tour Breakdown of Sanity. Ja. Und auch im Sommercasino mit Scream a Name. Nochmal, es gab 5 Bands gewesen. Ja. Früher, wo du noch 5 Bands hast können laufen lassen am Abend. Ja. Nein, aber Dings... wo noch nicht alle das scheiß In-Ear-System hatten und irgendwelche Kackscheiße, das hat einfach gar nicht mehr funktioniert. Einfach Amp wechseln, Mikrofon. Nein, aber Dings, also das ist ein sehr gutes Beispiel von gutes Branding gewesen, weil mit dem Bonebreaker, du hast schon mal gewusst, egal was für Bands jetzt sind, oder die Umi hat die ausgewählt, die sind sicher gut, können wir einfach hören. Oder du bist einfach so wie... So ist der Gedanke, als ich Bonebreaker gesehen habe, geil, kann ich mal checken. Ich kenne die Band nicht einmal, oder? Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel vom Branding, wie zum Beispiel jetzt auch Ruination Metal Fest machen, zum Beispiel die Jungs von Days of Ruin. Oder eben ICU Festival von Ophidius Eye zum Beispiel, was machen du nachher weißt, oder? So wie, hey, es ist einfach so, es ist Branding schlussendlich, oder? Weil sonst, wenn du siehst... oder Kamigawa-Shows von Save Your Last Breath. Kamigawa-Shows zum Beispiel, genau. Es ist einfach, wenn ein Name wieder vorkommt, oder? Und es gibt ein paar coole Konzerte, dann weißt du automatisch, alright, Leute, es werden ein paar Menschen kommen, einfach nur, weil sie den Namen kennen, weil sie mal an einer Show waren. Ja, und es hilft natürlich auch, dass du irgendwie das ein bisschen aufbauen, dass wenn du Kontakt machst, weil schlussendlich habe ich nachher mit meinem zukünftigen Arbeitgeber eigentlich durch das erstmal Kontakt gehabt, und ich dann eigentlich über den Vorgänger von Mainland eine Band vermittelt bekommen habe. Also ich glaube sogar noch bei der zweiten Serie mit We Butter the Bread of Butter. Geil. Stabil. Aber es war auch geil, ich meine, die nur 2 Shows. Das war gerade so ein bisschen beim Hype gewesen, dann gerade 2 Shows in der Schweiz gespielt, glaube ich, im Kaufmel und bei uns. Und darum hatte ich dort nachher auch schon ein bisschen den Draht gehabt. Das war aber noch Jahre gewesen, bevor dass ich dann irgendwie eben plötzlich bei ihnen anfangen konnte. Das war noch viel weiter später gewesen, aber man hat sich dann halt das erste Mal ein bisschen... Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das etwa 8 bis 10 Jahre später gewesen, oder? Nicht so viel. So oder 11, 12 war die Show und angefangen zu arbeiten habe ich 18. Das ist vor Corona, hä? Ja. Und Stimmt, weil dort haben wir mal geschnurrt an irgendeiner Save Your Last Breath schon, hast gesagt, ich soll dir mal ein Mail schreiben, und dann habe ich so natürlich das 3 Monate verhängt, hat er dann mal geschrieben und du so, ja, ist gerade ein bisschen blöd, ich habe angefangen beim Mainland zu arbeiten. Das war wahrscheinlich genau dieser Zeit gewesen, genau. Ja. Und
jetzt ist mir gerade noch eingefallen, wir haben eben nicht nur die Bury Tomorrow Show gemacht, sondern wir haben noch ein Festival gemacht in Zug, wo Katastrophe in die Hosen ist. Also, so, erzähl mal. Nein, das tut mir wirklich auch für die Jungs heute noch leid. Merci, dass ihr das so mitgetragen habt. Wir haben gedacht, das ist gescheit. Und eben, wenn ich es jetzt ein bisschen mit zeitlicher Distanz betrachte, sind all die Shows, die abgehackt haben, eine gute Erfahrung gewesen, weil das ist ja genau das Schwierige beim Shows veranstalten. Du kannst 20 Jahre lang, doof gesagt, jede Show kann sold out sein und nachher machst du einen Fehler, wo du irgendwie die Folgen nicht davon berücksichtigt hast, wie wir jetzt dort bei dem Event halt mit dem Datum. Nie und da kannst du gerade quasi den Gewinn von 10, 20 Shows kannst einen Abend verbrennen. Ja. Darum eben sage ich immer, es ist wie im Casino. Es ist ein Hochrisikogeschäft. Außer du hast Taylor Swift am Start. Ja. Aber da muss ich auch etwas sagen als Kompliment. Du bist einer, der gerne Risiken nimmt, wenn du die Band geil findest. Ich habe nie gesehen, dass du safe bookst. Einfach so, du weißt, hey, das willst du nicht. Nein, weißt du was? Und sogar bei Mainland-Shows kenne ich es so, wo einfach so sehr recht Bands, die sehr gut sind, die vielleicht noch nicht im Mainstream so poppt haben, oder? Und du so, die nicht mehr. Ich glaube, wo ich gesehen habe, Haken zum Beispiel, wo einfach genommen hast, wo ist das gewesen? Aber ja, es sind einfach so Beispiele, wo ich einfach denke, so, es sind Bands, die nicht alle kennen, aber die Musik gerne haben, das ist so, oh, das ist geil. Und die Band kommt vielleicht nicht so oft in der Schweiz oder so und ich dann immer so, ey, erste Mal habe ich die in der Schweiz geschafft, oder? Das ist cool. Das ist so als Kompliment für dich, würde ich sagen. So sehe ich es einfach von draußen. Ja, danke. Das ist auch immer so ein bisschen Quintessenz vom Ganzen, weil zum da schnell jetzt oder warte, machen wir noch schnell wegen dem Festival. Das ist dort. Den müssen wir noch haben. Das ist, wann ist das gewesen? 2015, wo wir denken, haben zweimal ACDC im letzten Grund ausverkauft. Und wir denken, da haben ja eh nicht alles das Billett. Machen wir ein Indoor-Festival. Und machen das Indoor-Festival in Zug. Wer hat das gespielt? Oh mein Gott, warst du in der Industrie 45? Nein, in der Galvanik. Also es ist wirklich, wir haben auf dem Papier sogar in der guten Location. Also nein, auf dem Papier halt, das ist falsch. Industrie 45 ist eine absolut geile Location. Geil. Es kommt einfach nie irgendeine Sau dort hin, weil sie im Ghetto ist. Und wir haben eigentlich, auf dem Papier haben wir für alle Fragen haben wir eine Antwort gehabt. Wir haben zum Beispiel geschaut, in der Nähe hätte es so einen Campingplatz, also einen öffentlichen halt, aber wir haben geschaut, dass die Leute noch irgendwie mit dem Zug heimkommen und so. Und das Line-Up war, ich glaube, am Freitag haben wir Unearth gehabt, Drone und glaube noch Civil War. Mit so Ex-Members von Sabaton. Also eben, die Mischung kann man auch noch ein bisschen kritisieren. Eben, wir haben es gut gemeint. Jetzt im Nachhinein würde ich Sachen auch nicht mehr so machen. Am Samstag haben wir, glaube ich, nur Schweizer Bands gehabt, aber dafür auch günstiger Eintritt. Und am Sonntag haben wir Ailstorm gehabt und Bloodbound. Ein 3-Tage-Festival? Ja. Welche Schweizer Bands sind am Samstag gewesen? Weiß nicht mehr. Das ist ein sehr ambitioniertes Battalion, Perdness und. Also, und es ist wirklich, der Ailstorm-Tag war der beste mit knapp 100 Leuten. Wow. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wo Ailstorm heute ist. Und die haben dort auch schon einen Namen gehabt. Aber so quasi die 100 Leute, die sie vor 100 Leuten gesehen haben am Sonntag, haben ein hure Fest gehabt. Aber wir haben wirklich nachher, es war ein Scherbenhaufen, wir haben alle recht draufgelegt. Und dort habe ich wirklich auch gesagt, ey, das wird mir zu dumm. Dort habe ich auch so in dem Moment einfach gesagt, hey, fuck it, ich mache keine Shows mehr. Weil ich habe dort auch ein bisschen polemisch so ein bisschen festgestellt, wo ich mich heute jetzt auch nicht mehr komplett würde, nicht einmal, also ich würde sogar heute das noch ähnlich sagen, vielleicht ein bisschen nettere Wort. Aber wenn jede Local Band, die sich beworben hat, um dort zu spielen, wenn 2 Leute gekommen wären, dann hätten wir kein Minus gehabt. Und dann habe ich wie auch einen Groll auf die Szene gehabt, und gerade gegen gewisse Genres, weil ich meine, Metalcore ist dort nicht vertreten gewesen. Aber so ein bisschen die Genres, die dort vertreten waren, sind von den Bands wie auch von den Leuten. Und das war einfach der Frust gewesen, wenn du halt so draufleist und eigentlich den Arsch aufreissest und einfach viele von der Szene halt nicht mal einen Tag gekommen sind. Ja, dass ich dann halt wie dann haben müssen schmerzhaft lernen, das ist halt manchmal einfach so. Und darum auch heute, wenn ich jetzt heute eine Show buche und die abgehackt, sehe ich das viel gelassener, weil ich immer sage, hey, look, das gibt's halt. Du musst niemandem anderem irgendetwas ankreiden, du musst dir selber nicht ankreiden. Es gibt's halt manchmal einfach. Und dann siehst du es auch so entspannt. Ja. Aber es ist einfach so, du bist abgestumpft irgendwann. Aber dort war halt das erste Mal, dass so, vorher war immer ein bisschen geil, ist immer eben, hast du noch selber spielen. Wir haben ja nicht mal selber gespielt an dem Wochenende, wir haben nur organisiert. Wir
Wir haben nachher ein bisschen zynisch gesagt, ja, hätte nur noch jemand von uns Geburtstag haben, dann hättest du wenigstens können sagen, es ist eine geile Party gewesen. Wir haben wirklich 3 Tage oder 4 Tage durchgearbeitet und haben nur draufgelegt. Shit. Und zum Glück hat uns Galvanik noch ein bisschen geholfen. Wir mussten nicht alles zahlen, aber es ist für unser Alter, dort, so gerade Anfang 20, schmerzhaft gewesen. Und dort habe ich dann wirklich gesagt, ich mache keine Shows mehr. Also, vor allem, also alles, was du jetzt erzählst, ich sehe da nicht eine kleine Zahl, die ihr da draufgelegt habt. Ich fange an es ist schwitzen, ja nicht niemand gekommen, weißt du? Also, es ist nicht komplett abgehackt. Wir haben auch noch quasi, weißt du, es war eine Co-Veranstaltung gewesen. Ja, aber weißt du, trotzdem, so rein, weißt du, mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, es ist trotzdem wahrscheinlich nicht wenig Geld gewesen, wo wir nachher drauflegen mussten. Also für diesen Lebensabschnitt war es brutal gewesen. Also es ist, glaube für alle ein kleiner 4-stelliger Betrag gewesen. Und einfach, ich meine, denke, für da kannst du eine Woche, 2 in die Ferien. Ja. Und im Nachhinein bin ich aber... Ich rede jetzt nicht für die anderen 4, eben nochmal sorry für die, dass ich euch da mitgezogen habe und dass wir nachher nicht alles angerechnet haben. Für mich selber ist es aber wirklich eine gute Erfahrung gewesen, weil du so den Rock Bottom, den musst du meiner Meinung nach nochmal erreicht haben, wenn du dann eben nachher willst, eine grössere Bands machen, weil du lernst über die Szene viel, du lernst über Bands viel, du lernst über dich selber viel in so einem Moment und ich habe dann wirklich so im Frust gesagt, hey, ich mache nie mehr Shows, fickt euch alle. Und bin dann aber auch... Das ist das Gleiche, wenn wir sagen, wir trinken nie mehr. So. Ja, und ich bin nachher wieder zurückgeholt worden, glaube 3/4 Jahre später habe ich dann Necrogoblikon in Baden veranstaltet, wo dann auch die erste Schweiz-Show war und fast 100 Leute hatten unter der Woche. Geil. Und dann hat es mich wieder gepackt. Aber dort habe ich nachher wirklich den Battle hingerührt. Nee, das glaube ich. Ja, aber der Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast vorhin, das ist etwas, was ich mir auch immer so ein bisschen denke. Das hat ja auch, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwann auf Facebook habe ich mal einen Post gesehen vom Open Hair Festival, ist das, glaube ich, wo auch der Booker so ein das Gefühl hat, so, hey, also weißt du, wir bekommen so viele Bewerbungen von Bands und wenn ich dann aber, und er sagt einer, der auf viele Local Shows geht, noch nie hat er irgendjemand von denen gesehen, der sich beworben hat an irgendeiner Show. So, da musst du auch mal so, das ist jetzt nicht zu mir und dem Ricky das eigene Horn blasen, aber so, das ist so, wir sehen immer wir gehen auch relativ viele Schweizer Shows. Das hat zwar nicht so viel wie letztes Jahr, aber irgendwie wir sind einfach arbeitslos gewesen und reisen. Immer am Podcast aufnehmen. Podcast aufnehmen, genau, ja. Wir sind immer voll, aber es sind immer die gleichen, so, ich wollte jetzt nicht sagen, es sind immer die gleichen 50 Leute rum. Gott, wir gehen auch immer nur an die gleichen Shows. Wir schauen auch immer nur die gleichen Bands. Ja, den Punkt kann ich jetzt nicht machen. Aber ja, ist ja gleich. Der Support Your Locals ist schon wichtig. Also ich meine, aber ich finde auch indem du einfach mal einen Post sharest oder eben mal einen Podcast machst oder einfach mal Leute sagst, sollen wir mehr einen Podcast machen, Alter? Es wird keine Konkurrenz geben für uns. Wir müssen ein absolutes Monopol haben. Oder machst du so ein Video oder ein Reel oder so für ein Konzert oder so, dann kannst du schon mal, weißt, ein paar Nasen mehr als Konzert schicken. Das ist wieder cool, einfach sich gegenseitig supporten. Finde ich schon sehr wichtig. Ja, er hat einfach auf Kind bekommen, gehen wieder an Local Shows. Alright. Also das sehen wir auch, wenn jetzt für eine neue Band oder wenn eine Band eine neue Single release oder so, dass andere Bands können sharen und so, das finde ich mega schön, oder? Und das Gleiche für Konzerte kann auch machen. Ja, bringt schon viel. Veranstalten nicht alle am gleichen Tageskonzert, das wäre das ist auch etwas. Wobei, da muss ich sagen, ist mittlerweile sehe ich da nicht immer das Hauptproblem. Also es hat Wochenende gegeben, wo sind bei euch genannt worden, wo irgendwie 10, 20 Shows am gleichen Tag sind. Das heisst aber nicht, dass dann alle schlecht laufen. Nein. Darum, manchmal ist es wie so... Wenn es genug weit auseinander sind und verschiedene Genres, dann ist es ja kein Problem. Ja, eben, weißt du, man muss nicht mehr quasi als Promoter, und da habe ich eben auch dann über die Jahre gelernt, dass du nicht immer die Schuld bei anderen suchst. Also wenn 10 Shows am gleichen Tag sind und bei dir 150 Leute sind, dann sagst du natürlich, ja, wir haben einen guten Job gemacht, wenn aber nur 20 kommen, dann blamest du alle anderen und sagst, nur weil es viel Konkurrenz gab, aber du musst immer überlegen, also, ich meine, sorry, was haben wir? 8,5 Millionen Leute in der Schweiz. Klar, nicht alle hören Metal, aber wenn so 10 Shows an einem Samstag sind, ich finde, wenn du siehst, dass so ein Greenfield fast 30'000 Leute sind. Ja, genau, das ist also du, wenn Hallenstadion ausgefüllt wird, wenn ein internationaler Headliner kommt, oder? Dann ist es so, ja, die können, wo mit Dings sind. Weißt du, was dort... Wo mit Trivium Heaven Shall Burn gegangen sind, schauen. Wo wir sind flyer. Wo wir Xona Brothers gekannt haben, oder? Ja. Dort haben wir auch gesagt, so viele Leute habe ich nie erlaubt. Vor allem, es ist Heaven Shall Burn und Trivium gewesen. Es ist nicht irgendwie so... Es ist nicht eine Mainstream-verträgliche Show gewesen. Es ist Heaven Shall Burn und Trivium sind recht
Nische. Und dann hat es wirklich viele Leute gehabt. Aber letztes Jahr habe ich mal irgendwo das gehört. Irgendjemand hat mich angequatscht wegen einem Podcast. Dann hat sein Kollege mich gefragt, du hast einen Podcast? Und dann habe ich gefragt, was wir machen. Dann habe ich ihm gesagt, was wir machen. Und er so, ja, da gibt es ja nichts. So, was, da gibt es ja nichts? Also, da gibt ja keine guten Schweizer Bands. Das höre ich dann auch. Ich hätte mir verschieres Bier, also ich habe gar nichts hätte schier gemacht, aber da habe ich mir gedacht, so, du hast absolut keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass, wenn eine Band klein ist und aus der Schweiz kommt, dass sie gut sein kann. Das ist so. Und ich habe von Leuten gehört, auch vom Arbeiten zum Beispiel, gesagt haben, hey, look, wegen dem Podcast habe ich jetzt so mega viele neue Bands kennengelernt, die ich nie davon gehört habe. Oder? Und das ist so wie die Visibilität, die ist auch ein bisschen schwierig, wenn du nicht in die Szene drin bist. Das Ding ist halt, Schweizer Local Bands haben nicht genug Mittel, um Marketing machen, um die breite Massen erreichen. Ja. Also die Mittel hätten wir schon, wir haben ja alle einen Job in der Schweiz. Machen wir mehr TikToks? wir haben alle einen Job in der Schweiz, wir tun alle Geld auf die Seite für unsere dritte Säule. Von dem her, das dritte Säule-Geld einfach mal in Promo investieren. Ja, musst du nicht mal zahlen. Du kannst auch vieles gratis machen. Ja, aber das dritte Säule-Geld in Promo investieren, Alter, dann dann läuft's. Alright. Ja gut, mit Promo leisten eben nicht gemacht. Ja, das stimmt. Muss einfach wäre. Es ist so. Ja, das ist kompliziertes Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Das Drittsäulengeld. Ich bin ja kein Manager, also ich bin keiner Band mehr, darum ist es wirklich gleich geworden. Das könnt ihr untereinander auskehren. Da lasse ich euch gerne zu. Mischt mich da nicht ein. Das Drittsäulengeld in das Management investieren, das wäre es. In ein Gutes. Ja, das ist natürlich weil, wie überall schon in der Musikbranche gibt es natürlich viele Schnörris. Oh, da bin ich gespannt. Also, erzähl mal, was macht ein guter Manager und was ein weniger guter? Was könntest du empfehlen? Von was du, wie du siehst, das halt von einer Booker-Seite, oder? Viel. Wann lohnt sich überhaupt ein Management zu haben? Und was für einen? Ja gut, mit dem Management habe ich jetzt eher selten direkt zu tun, weil das ist ja eigentlich immer Booking-Agentur noch dazwischen, aber die ist natürlich, das ist wie hierarchisch aufgebaut. Ja, also du hast immer, das Oberste ist eigentlich die Band. Die Band ist in der Regel, also ich rede jetzt mal einfach so im Radio-Genres sind sie teils dann noch ein bisschen anders, wer dann das letzte Wort hat, ob jetzt das Label oder das Management, aber sag ich mal, im Metal oder im Punk ist quasi die Band ist das Oberste in der Hierarchie. Und die Band sagt zum Beispiel, wir wollen im Juni auf Tour oder wir wollen dann ein Album ausgeben. Und das Management ist dann wie eigentlich beratend. Und tut mit der Band zusammen eigentlich eine längerfristige Strategie machen. Zum Beispiel sagen, da sind wir jetzt. Wie kommen wir auf das Level? Ja. Also das Management kann dort einen mega Unterschied machen. Also irgendwelche Bands, wo du irgendwie noch als Support im Werk 21 gesehen und plötzlich spielen sie irgendwo in der Hall. Yep. Das ist meist, also in der Regel eigentlich immer ein gutes Management, wo die richtigen strategischen Entscheidungen gemacht hat, wo zum Beispiel die Band beraten und sagt, gehen wir lieber auf die Arena-Tour als Opener oder machen wir eine Headliner-Tour und haben 300 Leute. Das ist eigentlich das ist die Aufgabe vom Management. Management schaut auch, mit welcher Promo-Agentur schaffen wir zusammen, um das zu bewerben. Welche Interviews nehmen wir an. Machen wir eine Promotour, zum Beispiel eine US-Band, zum Beispiel machen wir irgendwie so Interview-Session in London, Berlin, Paris. Das ist eigentlich alles dann so, das ganze Brain dahinter. Ist eigentlich immer die Management-Firma. Ja. Und die Booking-Agentur ist eigentlich dann wie nur eigentlich so, das ist eine Kundenbeziehung eigentlich. Ja. Ist quasi, die Booking-Agentur ist angestellt vom Management, dass sie dann zum Beispiel ich sage immer, Booking-Agenturen haben zwei Nutzen. Erstens möglichst gute Gage und zweitens möglichst gute Slots. Das ist mega plump gesagt. Ja. Aber ist ja eigentlich alles, was es ist. Also alles, was wichtig ist. Genau, das ist jetzt sehr es ist sehr plump gesagt, aber in einem Management-Term, wenn du als Manager von einer Band bist und du gehst eine Booking-Agentur anstellen, sind das die einzigen zwei Sachen, die dich wirklich interessieren. Genau, du willst, und das erlebe ich oft, dass zum Beispiel eine Band jetzt nicht nur im Metal oder in den Genres, wo ich jetzt hauptsächlich schaffe, wirklich, dass dort Booking-Agenturen wieder geführt werden, entlassen. Einfach heisst, ihr habt uns keine geile Festivals gebracht. Und das ist hure Druck dort rum. Also das ist absolut crazy, wenn dort eine Band eine gute Tour gemacht hat, kann es wirklich einfach sein, dass sie gerade abgeworben werden. Nachher macht es wieder eine von der grössten 5 Agenturen. Ja.
Und wir sind da wie immer ein bisschen so außerhalb von der Schusszone. Was bei uns teilweise passiert, ist einfach, dass dann das tut dann auch manchmal weh, weil es so ein bisschen out of your hand ist. Wenn dann eine Band die Booking-Agentur wechselt und die neue Booking-Agentur eigentlich nie mit deiner Firma zusammen schafft, dass plötzlich Konkurrenz eigentlich nachher die Show hat, ohne dass sie die Aufbauarbeit gemacht haben. Aber es kommt eher selten vor. Also die Grundregel ist eigentlich immer, Ausnahme bestätigt die Regel, aber wer die erste Schweiz-Show macht, bleibt in der Regel eigentlich der Partner. Alright. Solange es die Band gibt. So wie Loyalität in dem Sinn, Brand Loyalty in dem Sinne, ja. Einfach weil du quasi am Anfang auch immer investierst und eben das Ganze, das ist nachher schon die Hälfte von meinem Job erklärt, ist eigentlich das ganze Vertrauen. Wenn du einen guten Job gemacht hast für eine kleine Band, eben irgendwie erste Show, Exil oder Werk 21, nachher hast du irgendwie ihnen geholfen für ein Festival, nachher machst du im Dynamo-Saal eine Show, dann hast du natürlich nicht nur bei der Booking-Agentur einen guten Ruf, sondern auch beim Management, weil sie halt einfach sagen, hey, look, der oder die Person ist so unsere Wunschperson, um eine Band aufzubauen. Weil du musst jeden Markt anders machen. Ich meine, das kennen ihr auch. Es gibt Bands, die sind bei uns Co-Headliner oder Headliner und die anderen Länder sind irgendwie so am Nachmittag um 3 auf der Hauptbühne. Ja. Und dann musst du halt als Management auch wieder mit der Band zusammen für jedes Land eine andere Strategie fahren. Darum gibt es ja oft zum Beispiel die Tourneen, wo irgendwie in UK ist die Band Headliner und in Europa, Festland, ist es nachher umgekehrt. Ja, ist nicht Trivium Heaven Shall Burn so gewesen. Genau. Auf dem Festland ist Heaven Shall Burn der Headliner gewesen und überall sonst Trivium. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Und eben dann reden eigentlich auch Bands und Managements miteinander, bevor überhaupt irgendjemand mal ein Datum reserviert, wo eben den Plan macht, oder Ding hat doch das ist auch Bullet von Valentine mit Trivium, wo eben auch quasi zuerst kommt die Idee, dann wird umgesetzt und gesagt, okay, look, die Band ist grösser. Und wir sind nachher, also es ist nicht mal meine Show, aber einfach ein gutes Beispiel, eben, wie das ein bisschen rotiert. Aber bei dieser Show hoffe ich, dass es das Parkway Drive Heaven Shall Burn Ding macht. Das mit diesen fliegenden Wechseln. Das mit diesen fliegenden Wechseln, das ist so geil. Das ist mit Abstand das Beste, was ich je gesehen habe. Das war eine geile Show, vor allem dort habe ich noch vom Mainland, da habe ich noch nicht für sie gearbeitet, aber habe ich so mit der GoPro so ein bisschen so Tryhard Review, also nicht mal, ich habe nicht mal etwas gesagt, aber einfach so ein bisschen coole Szenen. Da bin ich habe ich so, glaube ich, nachher beim Impericon Festival Gästeliste bekommen. Yeah! Weil ich so dort so ein Video von dieser Parkway Drive Show gemacht habe. Ich bin noch Crowdsurfen, das ist glaube ich immer noch auf YouTube. Die Show war so geil gewesen. Ja. Ich bin da gestanden. Das war die Volksshow gewesen, ja. Ja, das ist mit, wer ist noch gewesen? Darkest Hour und Devil Driver, glaube ich. Nicht Architects. Nein, Architects ist andere. Das ist Architects? Nein. Warte. Architects haben einmal. Architects war mal das Support-Act von irgendetwas im Volkshaus. Nein, das war die Parkway Drive Tour, die im Komplex war. Nein, Parkway Drive, Heaven Shall Burn, Deathcore Band. Die Artist Murder. Fuck. Ich google das jetzt, ist mir zu blöd. Was für ein Jahr ist es gewesen? 2015, Mann. Ich weiss noch, ich habe die Deathcore Band sitzend gesehen und ich habe es cool gefunden. Carnifex. Ist Carnifex gewesen? Hey, keine Ahnung. Ich habe immer noch das Gefühl, das war Devil Driver und Darkest Hour bei dieser Doppel-Headliner-Tour, wo sie eben die quasi eine halbe Stunde gespielt. Nachher sind sie ab der Bühne gelaufen, nachher sind die anderen, also quasi, du hast nicht mal schnell ein Bier geholt. Ja, ich könnte schwören, es wäre Carnifex. Ja, das ist wirklich insane, weil ich bin dort im Pit gestanden, Heaven Shall Burn gespielt und ich so, boah, geil, und sie so, wir spielen jetzt ein Parkway Drive Cover. Ich bin dort oben am Sitzen. Ja, Carnifex, oder? Northlane. Northlane? Yeah. Carnifex und Northlane sind das gewesen. Warte, dann ist Devil Driver und Darkest Hour sind, glaube ich, bei Bring Me gewesen. Das kann sein, ja. Und Machine Head. Oh, geil. Das ist die alte Geschichte da. Holy shit. Warte, jetzt muss ich schauen, Architects im Volkshaus, die habe ich auch mal gesehen. Ich glaube, das war Parkway Drive. Ja, mal, das war der, wo Parkway Drive das Album Eier rausgehauen hat. Wo sie im Volkshaus waren und das erste Mal Feuer dabei hatten. Weil vorher hast du ja nur mit Badhosen gesehen. Und dann sind sie mit schwarzem Hemd auf die Bühne gekommen, der Winston, und ich so, what the fuck. Und dann wo sie Power Metal geworden sind? Dort was einfach ich habe Architect Volkhaus gegoogelt, es kommt natürlich nur die Architektenfirma. Ja. Nein, aber das war dort, was dann das erste Mal Feuer hatten, einfach im fucking Volkshaus rein, dort so, what the fuck is going on, man? Aber denkst du hast auch gesagt, es gibt viele Leute, die viel labern. Was sind so Red Flags, wo du gerade würdest sagen, hey, wenn ein Management oder so, oder auch ein Booker mal zu einer Band geht und so etwas sagt, wo du würdest sagen, hey, aufpassen?
Ja, ich glaube sicher das Beste, da hat sicher das Internet heutzutage gut geholfen, ist, dass du wie immer kannst schauen, ob das irgendein Studio ist, ob das Management ist, ob das Booking-Agentur ist, dass du kannst gut Referenzen schauen. Du kannst schauen, ja, ist das seriös, weißt du, so ein bisschen Meinungen einholen, du kannst dann denen zum Beispiel Bands dann schreiben, so, hey, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Weil eben heute schnell mit einer Insta-DM kannst du das abchecken. Wir haben das zum Beispiel gehabt, wo wir noch mit Lotrify auf Osteuropa-Tour sind und nachher auch, wir haben glaub, mehrere Nachrichten über Monate hinweg dann bekommen, immer wieder mal, wo dann die Leute gefragt haben, so, hey, sind ja über die Agentur, weißt, wie ist das? Also, ist das die russische Biker-Gang? Nein, aber nicht Biker-Gang. Nein, die andere, die mit dem Geld verschwunden ist, nein, das ist eine andere. Nein, aber das ist bei uns nicht passiert, aber es haben wir alle, also es war schon ein Trümmel gewesen, aber... Wo irgendwie Shows gecancelt hat, irgendetwas habe ich mal gehört von so einem im Osten, aber... Eben, genau darum, das ist immer alles ein bisschen shady, wo man halt einfach eben, nicht weil es jetzt Osteuropa ist, sondern mehr einfach, weil man es nicht kennt. Ja. Und ich glaube, mit dem Internet eben hast du heutzutage mega easy Möglichkeiten, zum auch eben, wenn ich gewisse Bands eben, die dann halt irgendetwas anschreiben, einfach, ja, wir haben eine Booking-Agentur, aber dann halt irgendwie zu Konditionen, wo dann wirklich, also ich kann das nicht mal im Detail sagen, aber wo halt einfach irgendwie vielleicht sogar noch musst zahlen, aber gleich nichts bekommst und einfach nur so, also es ist brutal hart. Ich meine, ich bin da nicht in dem Teil vom Business, ich bin nicht mehr in einer Band. Ich bin auch froh, dass ich wie der bin, wo 100 verschiedene Bands eine Show macht und nicht für eine Band muss 100 Shows machen. Darum, ich bin da auch nicht absolut Expert. Das ist einfach, was ich so gesehen und es ist mega, mega schwierig geworden, weil halt alles so schnelllebig geworden ist. Wenn eine junge Band, die ein paar Songs hat, das gibt es bis an mehr, aber eben wie geht es denn weiter? Weil, was man halt immer ein bisschen vergisst als Local Band ist, es ist ein Business. Ja. Wieso sollte jemand in dich investieren? Und darum sage ich immer ein bisschen, wenn mich jemand fragt, nicht, dass ich mich da jetzt von selber immer dazu äußern, aber ich sage eigentlich immer auch, eben wegen der Frage, ab wenn das Management oder die Booking-Agentur, würde ich einfach mal sagen, im Ausland ab 200 Billette, die du selber verkaufst. Also wenn du in Stuttgart oder in Mailand oder in Paris spielst und keine 200 Billette als Headliner verkaufst, brauchst du das gar nicht, weil du bist gar noch nicht so weit. Ja. Weil du müsstest wirklich so die Nadel im Heuhaufen sein. Etwas, wo so... Und dann ist auch immer, ich meine, wenn du jetzt das absolut geilste Zeug schreibst, was es je gegeben hat, und dann Glück hast und das Management irgendeinem Showcase oder irgendeinem Band-Contest auf das aufmerksam wird, weil meistens gibt es ja dort vorher schon einen Plan. Also wenn eine Band, wo jetzt denkst, wow, die sind mega neu, gibt es auch die dann wirklich einen Businessplan haben, die vorab bewusst Management sind, fragen, wo, keine Ahnung, irgendwelche Arena-Bands oder sonst grosse Metal-Bands schon unter der Fitte haben und einfach irgendwie die kennenlernen und einfach sagen, schau, da ist unser Demo. Und es kann sein, dass die voll weghaut, weil die halt sagen, wenn wir, auch wenn ich irgendwie eine Stadionband manage, du willst ja immer wieder Neues haben. Klar, ja. Aber ja, du kannst es aufbauen. Aber sind wir mal ehrlich, ich meine, die Chance, das ist wie wenn du im Lotto gönnst. Ja. Und nachher kann es auch sein, da hast du zwar ein riesen fettes Management, super Label, super Booking-Agentur und machst eine Tour und es kickt ab. Ja. Und das ist eben das Verrückte in diesem Business. Da haben auch alle Geld draufgelegt. Ja, das ist darum, eben, ich bin oft, wenn ich wenn du wieder neu in einem Geschäft anfängst oder irgendwie neue Mitarbeiter anfängt und fragen, du spielst in einer Band, so, wieso machst du das nicht beruflich? So, ja, Alter, so, es ist oder der Kommentar ist auch gut, wenn wir coole Doppeltlohn bekommen. Ja, super, ja. You dreamer, du. Wäre ich schon geil. Den habe ich noch nie gehabt. Nein, ich bin schon mal gefragt, wieso ich mir noch nie überlegt hätte, das beruflich zu machen. Und ich so, nicht mal vielleicht, Alter. So, hey, willst du Hochzeiten spielen? Also ja, sagen wir es mal so, ich würde unter der Condition, dass meine Band so gross ist wie fucking U2, würde ich das sowas von beruflich machen. Instant gerade. Aber dann ist es auch nicht beruflich, weil dann ist es das Hobby. Ich bin mir ziemlich sicher, die Dudes von U2 sind alles so Investment-Broker mittlerweile. Alles andere. Alles. Ich habe gerade heute vorhin in einem Interview gesehen, dass der Schlagzeuger von Knocked Loose Real Estate Agent ist.
Ja. Und sonst noch irgendetwas Investmentbanker oder sowas? Also, ja, mit der Musik machst du meistens nicht so viel Geld. Ja, und es ist auch jetzt mit Corona noch mal schlimmer geworden, weil jetzt eigentlich momentan eine recht problematische Pad-Situation ist, sage ich mal, aufs Level oder beim Level bis 1000 Billett oder sogar noch darüber aus, je nachdem. Wegen Logistik, oder? Nein, dass die Kosten so gestiegen sind. Einerseits bei der Band, weil wenn du einen Nightliner willst, das Personal und die Vermittlung ist teurer. Wenn du noch Leute hast... Ist es, weil Menschen Markt gewechselt haben in dieser Zeit? Auch, aber es ist quasi einfach die Inflation, die dir zugeschlagen hat. Du hast alle Löhne sind gestiegen, was in dem Sinn gut ist, aber du musst es halt einfach einbeziehen nachher in die ganze Problematik. Also bei der Seite der Band, dass sie auf Tour gehen, eben wenn die Werbeagentur will mehr Geld, eben Nightliner, Backline-Firma, Personal auf Tour, die vorher irgendwie so jeden Tag Recap gemacht haben oder Fotos, die haben, sagen 200 € vorher bekommen, jetzt sind es 250 €. Also du weißt, sagen wir mal ein fiktives Beispiel, du hast vorher als Band hast einfach mal Fixkosten von 3'500 € pro Tag gehabt, hast jetzt 5'000. Damn. Dann gehst du aber zum Promoter. Die Leute an der Kasse wollen mehr Geld, die Miete ist aufgegangen, Technikmiete ist teurer, Stromkosten sind mehr. Vorher hast du lokale Kosten von vielleicht 8'000, dass du eine Show produziert hast mit Catering und allem. Jetzt ist es 10'000. Jetzt haben wir Fixkosten mehr von 3'000-4'000. Und die auf das 1000er Publikum abwälzen ist viel. Und jetzt ist eben die Frage, wo holst du die Mehrkosten rein? Weil die Fans haben ja nachher nicht mehr Geld. Genau. Und das ist momentan ein riesen Problem. Ich habe das Gefühl, das ist aber subjektiv, dass wirklich weniger kleine Bands auch wegen dem auf Tour kommen, weil sie können es nicht mehr leisten. Du musst irgendwo einfach 30-40 Riesen auf der Seite haben und musst mit Glück, mit Beitrag vom Label, mit Merch-Verkauf, ganz wichtig, kommst du dann irgendwie vielleicht die Hälfte deckt über. Also es ist absolut crazy und es ist irgendwie auch schade, dass von den Bands niemand darüber redet. Wo halt eben, wo ich auch jetzt ein bisschen da zum Glück das auch ein bisschen erklären kann, jetzt ohne an einem konkreten Beispiel, aber ich meine, wenn du jetzt denkst, ich will eine Band einfliegen für irgendein kleines Festival und denkst du, wow, 20'000 € sind ja hure viel. Wenn du dann aber mal die Schlussrechnung machst und noch bevor die Band dann irgendwie noch was den Band-Members noch selber bekommen, ist das nicht mehr, als wo wir einen Tag arbeiten. Ja. Weil da kommt das Management einen Teil über, nachher kommt die Booking-Agentur einen Teil über, dann werden noch Quellensteuer meistens abgezogen, weil du den Bands halt einfach sagst, hey, ihr kommt 20 Riesen über, aber Quellensteuer ziehen wir von den Gagen ab. Das ist eigentlich bei uns Standard, einfach weil man sagt, ja, sonst wären es Showkosten. Ja. Aber es ist eigentlich wie wenn du in Deutschland wohnst und in der Schweiz schaffst, zahlst du auch Quellensteuer. Darum also es müsste sie das ja selber versteuern, wenn du es ja nicht ja, aber weißt du, ich komme dann ein Zertifikat über. Ah, ja. Es gibt jetzt mit den USA so ein Doppelsteuerabkommen. Es ist recht kompliziert. Ja, da gehen wir jetzt glaube ich nicht drauf ein. Aber eben, das kommt auch noch weg. Du kannst auch noch irgendwie 15% so Handgelenk mal Pi rechnen. Dann hast du aber noch Crew, dann musst du noch Flüge. Weil in der Regel, wenn du 20 Riesen zahlst, dann soll die Band das selber buchen, weil ganz grosse Fehler, ich habe es zum Glück nie gemacht, aber nie irgendeiner Band sagen, wir zahlen Flüge. Zahlen lieber 2000 Stutz und sagst, buchen selber. Weil sonst kommen sie in 3 Tagen vor und sagen, ja, weißt du, mir kommt noch jemand mehr mit. Oder ich habe nachher eine Liste von Fragen für dich und einer von denen ist eben die aber das wollen wir noch. Wir haben noch 15 Leute, die uns trotzdem auch noch Backstage mit und das und das und das. Ja, genau, also darum, weißt du, es ist einfach so, 20'000 wirkt viel, wenn du siehst, was blöd gesagt, jetzt als Privatperson, du kannst ein Auto kaufen oder irgendwie eine halbe Weltreise machen, aber in dieser Industrie und ja, ich meine, es braucht halt irgendwie alle, weil einfach eine Band auf dem Level, dass sie so gross sind, das ist fast unmöglich heutzutage, dass sie das also weißt du, das Do-it-yourself, das tönt schön und gut, aber irgendwo brauchst du Hilfe, ausser die ganze Band besteht aus Szenenleuten, die das beruflich machen. Dann kannst du wirklich so eine Konzeptband machen, wo einfach, das wäre jetzt, keine Ahnung, so als Utopie sagst. Die Vorband von Rise of the North Star.
Der ist doch sicher so eine. Ja, nein, ich meine, das ist einfach, wenn quasi jemand schon im Booking schafft, jemand schon in der Production schafft, jemand schon Grafik, Medienbereich schafft, dass du wirklich eine Konzeptband machst, wo einfach alles irgendwie schon abdeckt ist, dann kannst du auf so ein Level kommen. Aber sonst, du brauchst immer irgendein Management, du brauchst eine Booking-Agentur, weil ich meine, wie willst du ein Netzwerk haben mit x 100 Festivals in Europa, wenn du eine Band bist? Aber das ist schon ein guter Thema, wo zum Beispiel, also DIY zum Beispiel, was wir gesehen haben mit vielen Bands, ist, dass tatsächlich gewisse Leute sich irgendwie, also am Anfang fängst du Musik an spielen, weil du willst einfach Musik machen, aber irgendwann ist einfach der Grafiker, der eine ist der Producer, der eine tut Booking machen, oder? Und bis zu einem gewissen Level kannst du das auch selber machen, oder? Aber so wie du sagst, auf einem gewissen Level musst du einfach einen Experten haben in diesem Bereich. Ist ja so. Genau, und ich meine, darum siehst du jetzt auch, was glaube eine Konsequenz ist von dieser massiven Kostensteigerung, ist, dass mittlerweile gefühlt jede Tour auch im Dynamo oder so Meet and Greets hat. Das hat es vor Corona nicht gegeben, aber jetzt kannst du wirklich so fast ein bisschen gefühlt bei jeder Popelband kannst du irgendwie noch 40 Steine, also ich habe sogar schon Fälle gehabt, wo eine Vorband das Meet and Greet gemacht hat, irgendwo so im Exil oder so. Ja. Yes. Aber ich sage immer, weißt, für uns ist es auch mehr Aufwand organisatorisch, es hat uns auch ein bisschen Veränderungen gebracht, einfach weil neben der ganzen Show-Production, Catering, Zeitplan, Riders und alles, musst du jetzt plötzlich auch noch um das schauen. Ja. Sie machen oft dann alles selber, du musst auch gleich nochmal einen Faktor mehr abchecken, musst mit dem Venue noch schauen, hey, da kommen da 20 Leute schon stumm vorher rein. Was ich aber grundsätzlich ja begrüßbar ist, weil eben, du kannst einfach nicht ein Budget vorlegen und einer Band im Exil 8'000, 9'000 Euro zahlen. Auch wenn sie das bräuchten, um theoretisch auf Null zu kommen. Aber das ist halt die bittere Realität. Weil du machst ja du auch Minus. Und auch wenn du jetzt nicht für eine Firma schaffst, sondern wenn es deine Lieblingsband ist, auch dann ist die Frage, musst du auch nicht Minus machen. Egal, wenn es ausverkauft ist, aber du kannst nicht so... Es ist wirklich eine Scheiß-Situation momentan, weil halt... Ja, die Leute halt dann auch irgendwie nicht bereit dazu sind. Verstehe ich auch, wäre ich jetzt auch nicht für irgendeine Show mit 100, 200 Leuten irgendwie 50 Steine Eintritt zahlen. Ja, klar. Ja. Aber es bräuchte es wie eigentlich zum, in dem Sinn, faire Bedingungen haben für die Band. Ja. Andererseits, eben, alle haben wieder eine eigene Rolle. Du als Local Promoter willst natürlich auch nicht, wenn es nicht dein Geburtstag ist oder deine absolute Lieblingsband, willst du auch nicht das querfinanzieren. Das ist manchmal auch ein bisschen so die Illusion im Sinne von, ja, aber weißt, dann legen wir ja drauf. So, ja, aber wenn ihr in Zürich wollt spielen und nicht mal 100 Billette letztes Mal verkauft habt, wieso sollen das 500 kommen? Also das ist wieder auch, musst du eine Band dann nachher durchfüttern, wenn sie bös gesagt das Geld nicht wert sind. Es, so antikapitalistisch, dass sie sich dann geben. Ja. Am Schluss vom Tag geht es dann wieder ums Geld, weil sie müssen auch Spritkosten haben. Gewisse sind dann eben auch so, dass sie dann irgendwie bei 100 Leuten oder 100 Tickets dann gleich noch ein Hotel wollen. Du musst einfach sagen, hey, wenn du in der Schweiz ein Hotel willst, sind 500 Steine. Ja. Mindestens, auch wenn so 2 Leute im Zimmer sind. Also am Schluss der Markt definiert deinen Wert, oder? Als Musiker. Ganz böse gesagt, eigentlich ja. Du kannst schon sagen, so, ja, wir sind parat für größere Bühnen oder so, aber das tust nicht du bestimmen. Das ist schön, wenn du es parat bist. Bestimmen. Eben genau. Das ist immer da haben wir ja schon ein paar Mal gelernt, eben die Vögel von einer Vorband, die dann das Gefühl haben, so, ja, unter 400 oder 500 Steine spielen wir nicht als Support. Einfach so. Ist schön und gut, also, aber ich glaube, das zahlt auch jeder Promoter, wenn er auch weiss, dass er dann als Headliner so viel wert sind. Klar, ja. Aber einfach mit, ja, wir müssen das Benzin und den Bus und so zahlen. Ja, das ist nicht das Problem vom Promoter. Außer du bist irgendein NGO oder eben irgendeine Stiftung, die sagt, wir tun jetzt einfach irgendwelche Bands durchfüttern. Aber eben, da würde auch niemand, der da zulässt, längerfristig das diesen Bands immer zahlen. Ich meine, was ich dann zum Beispiel helfen kann, ist, wenn ich dann gerade bei kleinen Bands schaue, dass sie zum Beispiel Venues spielen, wo es so ein Bandflat hat. So 6 bis... Es gibt wirklich ein paar coole Venues in der Schweiz. Sommercasino hat eine. Genau, das ist auch noch ein Punkt, den wir nachher schauen, habe ich mir Liste. Ja. Aber ich würde mal vorschlagen, ich muss mal... Musst du schon wieder pissen, Alter? Ich muss Pause machen. Und nachher mal weiterführen, was sagst du? Ja. Also, dann machen wir eine kleine Pause. Und Cut. Muss ich jetzt etwas machen da? Drück mal auf den Brian. Da. Yeah! Aufnehmen drücken. Ist rot. Ich habe es nur nicht vergessen. Ja, guter Mann.
Brauchst du noch Wasser? Nein, ist gut. Du darfst dich einfach melden. Wäre überflüssig. Jetzt! So kommen wir wieder zurück. Voll. Jetzt, können wir bei dem bitte anfangen? Bei dem brauchst du noch Wasser, weil der Hurenwitz ist super gewesen. Das ist der erste Flachwitz in der heutigen Folge. Ja, warte, aber da kommt noch mehr. Bruder, wir haben jetzt 1 Stunde 10 gehabt bis zum ersten Flachwitz. Ja, das ist super. Nein, allerdings, ich habe ja gesagt, ich habe mir eine Liste gemacht, da mit Fragen. Hey, warte, wir sind ja gar nicht jetzt in seiner Geschichte hier. Er ist erst bei Bomber. Nein, Spaß. Wir haben jetzt, glaube ich, established, dass der Umi für relativ viele Dinge das erste Mal, als ich eigentlich mit dir wirklich in Kontakt gekommen bin mit Bandbooking und so, war in der Aarburger Musikburg. Und ich bin Safer als Breath filmen. Wann? 17 war das. Dort hat ist das nicht vorher noch einiges gewesen? Ist das wirklich das erste Mal? Nein, ich glaube, das Ding ist, also dort habe ich das erste Mal, also wir haben das vorher sicher auch schon gesehen an Shows, aber dort habe ich das erste Mal wirklich mit dir in einem Backstage rumgehängt oder irgendetwas so gemacht, weil ich glaube, der Demi hat irgendwann auch so das Gefühl, hey Bella, bist du mit dem Auto da? Ich so, ja, wieso? Ja, weil der Umi gleich heim muss. Das ist ja, wann ist das gerade Ende Juli, wo ich eben am nächsten Tag habe ich noch Animes-Lied aus dem Dynamo gehabt. Nein, das ist früher gewesen, das muss Nein, das ist gerade nach der Dings gewesen. Nein, das kann nicht sein, weißt du, so, die Show muss gewesen sein, die ist kurz bevor der Kuba-Tour von Save Last Breath gewesen. Weil ich habe ein Shirt von Barry Tomorrow gehabt, wo ich mit dem Dave getauscht habe, weil ich halt ihn gefragt habe, ob das Shirt im M hat und er so, ja und ich so, was willst du dafür? Und er so, gib mir einen von deinen Hoodies und ich so, ich spiele zwar nicht in der Band. Ja, aber das war doch Ende Juli gewesen. Nein, die muss voran gewesen sein, oder ist sie ein Jahr voran gewesen? Oder habe ich... Hast du die gebucht, oder was? Ja, ich weiss es doch nicht mehr, Alter. Doch, ich weiss, am nächsten Tag habe ich eben gerade Animes Leaders gehabt. Das ist gerade so Ende Juli, eigentlich schon nichts losgehen, dann habe ich gerade so BAM, gerade 2 Shows aufeinander gehabt. Ich hätte das Barry Tomorrow Shirt in Kuba dabei gehabt. Aber es kann ja gut sein, dass das nicht der Fall ist. Ja, ist ja gleich. Nein, Doesn't matter. Bei mir ist es 2013, in der Tropa sind Planet 5, wo wir mit Logify gespielt haben. Der hat das Check noch gespielt. Ich habe gemeint, es ist ein Busy Rich. Aber nein, es ist tief in der Mottenkiste graben. Ja. Und dann, sorry, aber das eines der besten Videos ever auf YouTube ist euch ein fucking Mario Kart Rennen. Mit Safer Last Breath? Ja. Das habe ich letztes wieder mal geschaut. Das sind alle 12 in diesem Video. Absolute Prime von meinen Editing-Skills. Ich habe irgendwo so ein Mario Kart Soundeffekt-Kit gefunden und einfach gefühlt jeden Sound eine Schwelle einbauen. Also für alle, die nicht wissen, was das war, Logify und Safer Last Breath haben sich überlegt, eine Parkway Drive Heaven Burn Show zu machen, oder? Nein, eben nicht. Das war nachher die Notlösung. Wir haben einfach hier in dem trümmeligen Keller, hier zu Bremgarten, da wo jedes Jahr irgendwie anders geheißen hat, gerade beim Postplatz. Ja, dort beim Bahnhof. Der vegane Dingsbums im Breng. Der Aktivist. Das hat so einen Kebabstand gehabt und nachher nebendran ist der Club. Das Parkhaus mit so einer komischen so einer Glas. Nein, Bremgarten ist das nicht. Und nachher haben wir dort einfach zusammen eine Show gespielt und die ist, glaube ich, so ziemlich. Also, es hat nachher, glaube ich, 120 Leute gehabt. Es war wirklich gerade so der erste Freitag nach Neujahr gewesen. Dann, wenn wir immer so alle frei haben, aber nichts läuft, ausser diese Show. Ja. Und es waren nur 5 Stunden Zeit gewesen. Dann haben wir halt gesagt, hey, wir haben schon so viel zusammengespielt. Irgendwie ist es so ein bisschen für beide ein bisschen nicht so ihre Haut, wo sie herkommen, aber irgendwie in der Nähe. Und dann haben wir so gesagt, ja, tun wir doch irgendwie so einen Contest machen und quasi die bessere Band ist Headliner. Und dann sind wir Go-Kart fahren, dort in Spreitenbach. Und haben immer gesagt, so als Massstab, pro Person in der Band die beste Rundenzeit. Und dann wird pro Band ein Schnitt ausgerechnet. Ja, also die beste Rundenzeit von jedem, oder einfach von jedem Bandmember. Nein, einfach die beste Rundenzeit. Okay. Und ich habe, glaube ich, irgendwo den Fötzel noch daheim. Es ist wirklich nicht von einem Marketing-Team die Geschichte geschrieben worden, sondern es ist tatsächlich so gewesen, auf die 100. Sekunde genau sind beide Bands gleich schnell gewesen. Auf der 100. genau. Und dann haben wir nachher eben gesagt, machen wir es doch so try hard, ein bisschen wie die Parkway Drive Heaven Shall Burn Tour. Und es ist in die Hose gegangen. Weiss ich noch, beim ersten Wechsel, weil du hast ja gleich noch, wir haben ja dort so im Ecken gespielt, wir haben ja nicht irgendwie so eine Volkshausbühne gehabt, oder irgendwie, wo alle schon gewusst haben von anderen Shows auf der Tour, wie es dann wird. Und quasi wir sind wieder
Ich glaube, Save Lost Breath hat zuerst gespielt. Ja, das und kann sind sein. dann runter und wir sind wie gerade auf die Bühne gesäckelt, schnell den Amp gesteckt, schnell angespielt. Nur hat das irgendwie über die Hälfte der Leute nicht gecheckt. Ja. Sind dort zuerst mal alle raus rauchen und nachher plötzlich so, spielen die schon wieder? Also es ist eben so, gut gemeint ist nicht gut. Aber, es hat aber auch niemand gewusst, dass das passiert. Eben, es ist so ein bisschen, Kommunikation ist abenteuerlich gewesen. Wir sind quasi vor einem fast leeren Saal auf die Bühne und wir haben aber dann nicht irgendwie einen Line-Check gemacht, sondern wir haben wirklich Set angefangen. Und ich glaube, nachher die nächsten Wechsel sind dann besser. Die haben funktioniert, aber beim ersten bin ich eben auch. Ich bin dort mit so der Kollegin noch und irgendjemandem, glaube ich, gewesen. Ich weiß gar nicht. Mal mit... Ja, die Kollegin bin ich gewesen. Das ist immer ein gespässiger Abend. Das ist das Lustige, dann haben wir dort das geschaut und dann sind wir raus und dann also, hey, Lotterify spielt. Und dann hast du doch rein können, dass ich so ein Glas, das ist doch wie so ein Trend. Ja, dort so der Bar über, ja. Die Bar ist ja nicht im gleichen Raum gewesen, glaube ich. Es ist so wie genau so ein Glas, wie so eine Wintergartenfront gewesen. Und dann habe ich so Lotterify gesagt, okay, cool. Lustig. So, hey, die gehen die ab, das ist kein Line-Check mehr. Ja, wirklich so. Das war genau. Und alle mit dem Pulli noch so dort stehen. Ja, wir monitoren ein bisschen auf. Nein, wir sind gerade und haben das Set angefangen. Aha. Das ist aber geil. Und nachher eben haben wir eigentlich wie 2 Halbsätze je gespielt. Aber das heisst, es ist nicht in die Hose, einfach das Publikum hat es nicht mitbekommen. Rein technisch, rein technisch hat es funktioniert, ja. Rein eure Seite hat ja funktioniert. Darum, ja. Nein, aber ich weiss noch, wo... Aber das erwartest du halt nicht an einer Local-Show, wenn wir ehrlich sind. Yeah. Ich glaube, das ist sogar noch 2013 mit der Truppe, das ist glaube ich sogar ein Bonebreaker gewesen. Wenn ich mich nicht irre, im Planet 5. Nein, warte schnell. Das ist... Nein, das ist nicht Metal Apocalypse gewesen. Doch, Metal Apocalypse ist es, sorry, ja genau. Alter, ich wollte mal Red Bull Sound Clash haben mit Schweizer Local Bands. Was willst du? Ein Red Bull Sound Clash mit Schweizer Local Bands. Weißt du? Kennst du das nicht? Nein. Das ist früher ist so, irgendwo, ich weiß nicht, wo es war. Auf jeden Fall haben sie links eine Bühne aufgestellt, rechts eine Bühne aufgestellt und dann haben so 2 Bands gegeneinander gespielt. Geil. So, ich glaube, Kraftklub und KIZ haben gegeneinander gemacht. Das ist auch basically 2 Konzerte, also mit so verschiedenen Challenges. Weißt du, so wegen Song von der anderen Band coveren, irgendwie einen Diss-Track. Ja, aber das würde nicht gut kommen in der Schweizer Local-Szene, wo alle so schnell beleidigt sind. Da machst du eigentlich irgendeinen öffentlichen Spruch und dann sind alle ghosted und sagen, ja, der hat mich fertig gemacht, der Wichser, und mit denen rede ich nicht mehr. Und dann werden alle so schnell beleidigt. Endlich sag's mal eine! Let's go. Ja, jetzt bin ich nicht mit einer Band, jetzt kannst du ein bisschen so... Stimmt, jetzt können wir, ja, stimmt, jetzt bist du der, der oben runter schaut. So. Ja. Warte, ihr wollt eine Mainland-Show spielen? Nein. Ja, laufen alle mit ihren Camper rein und nachher motzen sie über 200 Stutz Vorband gehst und sagen, ja, wieso dürfen wir nicht noch 10 Kollegen auf die Gästeliste tun? Ja, geil, Alter. Sehr gut. Das stimmt, das stimmt. Du hast eine hure gute Position in diesem Podcast, weil du kannst jetzt literally einfach mal Gott spielen. Nein, ich will es mit allen gut haben. Ich sage einfach nur, jetzt aus der Fernbetrachtung. Ich glaube, das ist im Fall aber auch ein ihr bisschen habt gelacht, weil es eben stimmt. Das ist einfach so, wenn die Local Bands würdest so gegeneinander antreten lassen, wird irgendwie... Ja, das ist so. Da würden Touren schnell Tränen fließen. Der Janus Christus hat ja behauptet, der Defender hat sich wegen... Also, wie spricht man es jetzt eigentlich richtig aus dem Schluss? Defender? Ist schon Defender, ja? Er hat ja den Song 4 Käsepizza rausgehauen und hat den Defender sich aufgelöst. Behauptet er. Ich weiß nicht, das stimmt, aber... Das ist gut, weil genau den Punkt habe ich auch da aufgeschrieben. Also, ja, früher, du hast noch deine ominösen Fragen, stimmt? Also früher war es ganz sicher so gewesen, das habe ich auch mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wir sind ja alle auch ein bisschen älter geworden, weil die Schweizer Underground-Metal-Szene ist ja in den letzten 10 Jahren nicht gleich alt geblieben, die sind alle 10 Jahre älter geworden. Gibt es noch irgendwelche junge Bands? Du bist ein bisschen mehr am Drücker wie mir. Gibt es junge Leute? Abgesehen von Must Be Wrong und What You, die machen ja Punk. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, die Umstände haben sich schon auch ein bisschen verändert. Ich glaube auch, das generelles Freizeitverhalten ist nicht mehr das gleiche, wie wo wir 18, 19 waren. Es wird definitiv weniger gesoffen, ja. Ja, oder eben die Risikobereitschaft ist kleiner, eben lange etwas am dranbleiben. Ich glaube, dass eben, mir ist ja auch 1-2 Mal fast verleidet, oder ist es verleidet, Shows zu organisieren. Und heute hast du halt wahrscheinlich viel schneller einfach irgendeinen neuen Input, irgendein neues Hobby. Plötzlich merkst du so, hey, nein, das würde mir eigentlich mehr Spass machen. Aber
ich distanziere mich da klar von irgendwie jetzt so halbboomerig sagen, ja, früher war alles besser gewesen. Ich sage einfach, es ist anders. Und ich glaube, jetzt kann man entweder so ein bisschen im alten Trott bleiben und einfach so jammern, was früher alles easier und so war. Und ich sehe es eher positiv und sage, es haben sich viele Sachen verändert. Gewiss zum Schlechteren, gewiss zum Besseren. Und ich glaube, heutzutage gibt es immer noch viele coole junge Bands. Und ich glaube, die haben einfach andere Herausforderungen als wir hatten. Ich glaube, eben das Problem mit denen, nicht das Problem ist, ich glaube, eben, das habe ich ja schon mal gesagt im Podcast, dass ich das Gefühl habe, dass es hunderte von diesen Bands gibt. Wir wissen es einfach nicht, weil die wahrscheinlich einfach exklusiv auf TikTok sind. Nein, ich glaube, mir ist einfach, was glaub, wirklich ein bisschen fehlt, das ist aber jetzt meine subjektive Perspektive, ist, dass es nicht mehr so viele Orte gibt, wo wirklich junge Bands können auftreten können. Ich muss jetzt da positiv, zum Beispiel irgendwie das Ebri in Zürich oder die Medbar, aber sonst fallen mir nicht mehr viel ein. Dort, wo ich noch angefangen habe, mit den Logify-Jungs Shows machen, dort hat es noch x andere gegeben. Und vor allem überall. In Bern im Graffiti hat es regelmäßig Shows gegeben, das Olten hier im nicht Garage 8, im Gogdor auch, aber im anderen hier, wo im Provisorium. Es hat wirklich so wie überall so ein bisschen Eventserien gegeben, wo so jeden Monat eine Show, irgendwie 4-mal im Jahr. Und das ist da, wo ich finde, fehlt ein bisschen heute. Und wenn ich das jetzt auch so öffentlich sage, wo ich auch ein bisschen an einerseits den Mut von jungen Leuten, die grundsätzlich Bock haben, appellieren, geht in eurer Stadt, geht zum Club und sagt, ich will nicht reich werden, ich will einfach kulturell etwas für die Stadt machen. Ja. Und ich werde euch sagen, in 95% der Fälle warten die Clubs, die meistens eben von der Stadt sind und so, warten auf Leute wie euch. Wenn ihr sagt, ja, ich bin gerade ein bisschen broke oder ich habe nicht viel Geld auf der Seite, die werden euch helfen. Die sind nur schon froh, wenn eben sie... Weil das klingt jetzt doof, aber wenn die müssen das auch irgendwie im Stadtrat rapportieren und wenn die sagen, hey, wir haben zwar wie jedes Jahr ein strukturelles Defizit, aber wir haben dafür 3 neue Jugendkulturgruppen, wo irgendwie eine Kulturgruppe macht jeden Monat eine Metal-Show, eine im Monat machen die andere eine Hip-Hop-Show und eine macht irgendwie eine Indie-Rock-Show. Das ist eine mega Aufwertung nachher für die Stadt, weil dann werden da immer die Leute, die das entscheiden, also die gewählten Politiker und Politikerinnen sagen, genau darum wollen wir ja die Steuergelder investieren, dass junge Leute eine Chance haben, es klingt jetzt wie ein Marketing-Prospekt, aber halt die kulturelle Vielfalt von einer Stadt fördern. Also wenn ihr grundsätzlich Bock habt, ihr könnt das auch das 10. machen, als Gruppe. Ja. Also nicht wie wir eben das 5. und musst noch spielen. Ja. Wenn ihr Bock habt, redet mit eurem Club und die werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Freude haben. Cool, das ist gerade eine von den Fragen, die ich habe. Das macht ja auch Sinn, weil eben viele so von diesen kleinen Schippen sind ja auch zugegangen, weil nichts mehr gemacht worden ist. Und so Zeugs. Ja, ich glaube, das ist das Problem ein bisschen diverser, weil eben, es gibt ja nicht nur, weißt du, eben zum Beispiel im Sommercasino ist jetzt irgendetwas noch, ich kann es jetzt nicht auswendig, ist ja recht aktuell, aber irgendwie eben, es ist ja noch mit der Renovierung, die ansteht. Weißt du, es kommen so viele Sachen rein. Jede Situation ist anders. Im Guss in Bülach wird das Schulhaus, glaube ich, jetzt wirklich bauen. Ja, eben so etwas. Und dann, oder im das Baden hier bei uns war ja ein gutes Beispiel gewesen. Das Merker ist zugegangen, aber man hat dann mit dem Werkbaden auch wirklich demokratisch abgestimmt. Mit einer grossen Mehrheit ist der Kredit bewilligt worden und alles. Also jede Stadt ist doch ein bisschen anders. Das ist, also das Bergbaden ist insane, weil die Show, die ja an meinem Geburtstag ist mit Whiteout, wie heisst es jetzt? Last Chance to Say Goodbye und Fear Lab. Dort hat Sascha mir mal Details gesagt dazu und dann bin ich so gedacht, what the fuck, das wird ja geil. Weil wir bekommen eine Gage. Ich hätte nie gedacht, dass wir dort eine Gage, ich hätte gedacht, dort zahlen wir fix, dass wir dort spielen. Aber ja, eben, das ist eben eine von den Fragen, die ich habe, wie eben deine Tipps für Leute, die mit dem einfach anfangen. Einfach so, hey, du hast keine Erfahrung, du hast nie so etwas gemacht, du fühlst Musik, gehst gerne an Local Shows und du willst mal vielleicht mal mit einer Show mal anfangen, zum gewissen ist. Was brauchst du und was sind deine Tipps für diese Person? Ja, eben, was vorher ein bisschen angedeutet, mit einem lokalen Club zusammenarbeiten ist sicher mal der beste Start, weil
Und das muss jetzt nicht nur staatliche Clubs sein, das können auch private sein oder irgendwelche Non-Profit-Vereine, wie jetzt eben die Medbar oder so. Wie tust du differenzieren? Weil ich habe also keine Ahnung, welche sind Kulturzentren für die Stadt. Das macht gar nicht so einen grossen, also nicht, dass ich das mega unterscheide, es ist mehr einfach, es geht darum, bei einem privaten Club oder Non-Profit kann es eher mal heissen, so, hey, wir müssen ein bisschen auf die Bremse drücken. Nicht, dass jetzt ein staatlicher Club kann einfach Geld verbrennen ohne Ende, aber dort ist mehr noch ein gewisser Verlust. So Risikobereitschaft. Ja, weil da kann man auch argumentieren und sagen, Jugendkultur kostet Geld. Und das haben halt die anderen nicht. Darum habe ich das ein bisschen unterschieden. Aber grundsätzlich einfach so, wenn ihr kein Venue in der Nähe habt, wo irgendwie der Stadt gehört, fragen gleich, weil auch die haben das Interesse daran. Das ist sicher mal gut zum Anfang, was dann nachher, wenn du mehrere Shows machen willst, was wir auch, das macht auch viele Bands cool, wo man auch sich da inspirieren lässt, machen Päcklis. Sagen zum Beispiel, wir sind 4 Bands und wir spielen 4 Shows in 4 Städten und alle 4 Bands eine organisieren. Oder mit irgendeiner aus Deutschland oder Frankreich, was auch immer, weil wenn du schon kommst und sagst, schau, wir haben eine Idee, wir haben irgendwie schon 3 Bands mit teilen Backline, dann ist schon den Clubs schon viel Arbeit weggenommen. Ja. Das haben wir bei Save Last Breath und Idolution ist Charlotte Descent gesehen. Sie haben eben genau das gemacht. Und recht coole Shows aus dem sind rausgekommen. Ja, aber dann sagst du einfach im Club und sagst, hey, look, keine Ahnung, wir wollen einfach 500 Steine versus 50% der Netto-Ticket-Einnahmen. Dann sagen die einfach so, hey, schau mal, das sind 3 Bands, die haben alle Bock, die sind alle irgendwie ein bisschen involviert, die haben alles Interesse daran, dass sie mehr als die 500 Stutz verdienen. Aber wenn du halt einfach allein kommst und nicht mit Bands zusammen schaffst, das sind eben nachher die Mails, die halt immer nicht im Spam landen und einfach nie eine Antwort bekommen, weil spielen wollen viel. Aber wenn du schon gerade zum Club kommst und sagst, schau, wir haben schon eine Idee. Es geht nicht um den Namen oder so, aber einfach wenn du sagst, hey, schau, wir haben da gerade 3 Bands, wir wollen irgendwie jeweils ein Wochenende im März machen, dann ist ihnen schon abgenommen worden, wer ist das Line-Up, wann ist es, weil du einfach sagst, wir wollen spielen. Der Sascha hat mir für, ich habe ja noch probiert, kurz und knackig noch eine Show zu organisieren. Für Sascha von Vierlab, noch eine Show zu organisieren an dem Tag, wo uns ja schon abgesagt worden ist, leider, weil ein Venue nicht mehr hat können wollen. Was jetzt auch einfach dort sind, aber auch dort habe ich aber auch zu viele E-Mails nicht beantwortet bekommen. Das Geilste ist immer dort, wo eine Antwort kam, ist ganz sicher die Antwort gewesen, hey, sorry, ich habe an diesem Tag schon etwas vor. Aber die hätten dann wahrscheinlich, wenn es an diesem Tag nichts vorgeht, hätten auch nicht Nein geschrieben, sondern mal zurückgeschrieben, hey, was gibt es sonst noch? Er hat einen Tourflyer gefaked. Also gefaked. Es ist jetzt der richtige Tourflyer. Aber er hat einfach mal... wir haben einfach gesagt, an welchen... Ein Draft. Einfach ein Draft. Ja, wir haben an diesen Tagen, wo wir... Entwurf, nicht Vorwurf. Genau. Vorwurf, er hat den Tourflyer vorgeworfen. Ja, ist schon geil. Nein, wir haben ja gesagt, wir haben die 2 Bands mal zusammengenommen und dann geschaut, an welchen Tagen können wir überhaupt, weil bei uns arbeiten alle irgendwelche blöd durch die Gegend. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, also Tour unter der Woche macht als Local Band keinen Sinn, weil egal wo du spielst, es kommt kein Sau. Das heisst, wir haben schon mal gesagt, wir spielen Freitag-Samstag-Shows. Und dann haben wir gesagt, gut, wir haben die letztes im Every war, wäre eigentlich eben auch im Juni gewesen. Aber die haben wir verschieben, weil die Location das Gefühl hatte, es geht jetzt gleich nicht. Und dann ist das noch im Every, keine Ahnung. Auf jeden Fall dann haben wir einfach gesagt, okay, die Wochenende im Juni spielen wir. Und dann haben wir einfach Fearlab und uns haben wir ja gewusst, das heisst, wir haben dann einfach mal einen Flyer gemacht und dann hat der Sascha einfach das rausgeschickt mit eben, wir haben auch gewusst, dass andere Bands mitmachen. Dann hat er einfach mal den grossen Flyer kreiert, mir geschickt, dann hat er das Zeug rausgeschickt und dann hat er anscheinend relativ, also er hat immer noch sehr viel Arbeit müssen leisten. Er hat gesagt, er hätte unnötig mal viel telefoniert, aber das ist so, da kommst du nicht drum herum. Aber wenn du eben mit dem kommst, so, was der Umi vorher gesagt hat, du nimmst mir schon mal eigentlich quasi die ganze Arbeit ab, weil es ist, und sie haben auch schon, weil wenn du einfach kommst, wir würden dann gerne spielen, ist einfach so, ja, okay, und dann? Ja, du bringst das ganze Konzept mit. Weil du musst das Konzept, das habe ich auch in meiner Weiterbildung gelernt, du musst einfach das Konzept haben und dann kannst du schon mal, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei deiner lokalen Brauerei gehst vorbeigehen und fragen, hey, wir würden gerne etwas mit euch machen, dann ist die lokale Brauerei vielleicht interessiert, aber wenn du einfach keinen fucking Plan hast, was du machen willst, dann kommt auch nichts dabei raus. Hingegen, wenn du jetzt sagst, hey, wir haben vor, 100 T-Shirts zu machen, bla bla bla, das ist unser Design, wir würden, wenn ihr euch das vorstellen könnt, euch ein Logo draufnehmen und dann kannst du das ja schon mal vordesignen und alles. Und wenn du dann nicht hingehst und sagst, ja, okay, schau, wir würden das gerne machen, das ist
so sieht es dann aus. Wenn ihr wollt, können wir uns das Logo da drauf machen. Wir bräuchten einfach so und so viel Geld, dass das funktioniert. Dann ist eigentlich schon mal 95% von der Arbeit gemacht. Ja, und dazu kommt nachher, wenn dann eine Show fix ist, gibt es wirklich ein paar Sachen, die ich finde, müssen einfach irgendwie sein, dass es nicht irgendwie komplett abschifft. Und das leider halt auch nicht, eben, manchmal weiss man es halt nicht besser, aber was sicher mega, mega wichtig ist, ist einfach in diesen 3-4 relevanten Online-Kalender, wenn man jetzt Metal-Show macht, dass man dort einfach schnell ein Mail macht, hey, könnt ihr unsere Show in den Kalender aufnehmen? Kannst du die gerade schnell nennen für alle Leute, die da zuhören? Weißt du gerade auswendig? Ja, also meistens ist immer ein bisschen subjektiv, aber sicher Metal Factory, Metal Gigs, Songkick und Bands in Town. Weil ich meine, zum Beispiel Songkick ist ja mega geil, weil die zusammen mit dem Spotify verlinken und machen ein Facebook-Event, braucht es halt einmal noch und wichtig, tun irgendwie schon Basic-Infos irgendwie ein bisschen berücksichtigen. Ich meine, wenn die Venue irgendwie ein bisschen am Arsch der Welt ist, tun schnell einfach, bevor ihr den Zeitplan macht. Schaut mal, kommt man auf Zürich, kommt man auf Luzern, kommt man auf Aarau. Einfach, manchmal scheitert es in so Sachen, dass man das wie nicht bedenkt. Ja, das ist also ein bisschen das Problem. Wenn die Show am Samstag ist, machen einfach halt 11:15 fertig, dafür kommen die Leute noch heim und tun dann den Zeitplan posten. Ja. Also es ist so, wenn du diese Infos hast, dann hast ich kann jetzt nicht eine Zahl nennen, aber einfach so viel mehr Leute nachher so, schau, ist irgendwo in dieser Stadt noch eine Show, eben, alle Bands sind irgendwie ein bisschen Promo gemacht. Ja. Bei den Local Bands ist es halt anders, du musst nicht für jede Show, man kann, wenn du extra Meilen machen willst, aber du musst nicht für jede Show, für jede Band einen Trailer und alles, sondern es langt einfach, du musst nicht einmal mehr Flyer drucken. Es langt dann einfach online, machst die Show, gehst vielleicht noch 50 Stutz Facebook-Werbung aus und wenn alle Bands das ein bisschen geil teilen, dann hast du 100 Leute. Ja, das ist so. Eben. Und wenn du mal nicht hast, dann eben, hast du es wenigstens versucht, aber dann bringt es ja nicht irgendwie den 200 Stutz Werbung ausgeben und manchmal eben, ich habe das auch nicht immer verstanden, manchmal haben wir mit irgendwelchen Line-Ups plötzlich Leute gehabt und manchmal haben wir gedacht so, wow, das ist ein geiles Line-Up, noch sind 50 Leute gekommen. Du musst abhaken und weiter schauen. Ja, es gibt immer das, ich meine, eben letztes Mal, wo wir im Ewig gespielt haben mit K-Defekt, ist es einfach voll gewesen. Ich glaube, du hättest noch 3 Leute mehr reingebracht. Unsere erste Plattentaufe im Werk 21 habe ich gedacht, ja, okay, wenn da 100 Leute kommen, ja, dann ist ja gut. Es waren 185 Leute gewesen. Also 15 mehr und der Laden wäre voll gewesen. Dort, wo wir den Videoclip gedreht haben. Dort, wo wir den Videoclip gedreht haben, ja. Okay, das Line-Up haben wir aber auch gescheit gemacht. Ja, das ist gut. Das ist sehr ich glaube, das ist so ein bisschen der zweite wichtige Aspekt. Eben mal zusammengefasst, der erste ist eben mit einem Konzept angehen. Auch eben, wenn jetzt auch auf den ersten Blick denkst, oh, in diesem Club ist ja gar nicht viel Metal. Dass du eben gerade mit einem Konzept kommst und auch ihnen ein bisschen die Arbeit abnimmst. Weil ich würde immer denken, die Leute sind vielleicht im Teilzeitpensum oder knapp auf 100%, aber die müssen das ganze Programm machen. Die müssen nicht nur Metal buchen. Ja. Die müssen auch noch Schussplatten taufen, Kantiball, all das Zeug. Also das ist... Ja. Und wenn sie dann halt gerade alles auf dem Tisch haben und dann halt Nein sagen, dann hast du eine Ansage, dann schaust du weiter. Alright. Aber das ist gut. In dem Fall, sagen wir jetzt auch für Leute, die in Band spielen, aber auch für Leute, die nicht in Band spielen. Sagen wir, du bist eine Einzelperson, oder? Und du hast einfach Kollegen, die in Band spielen. Und du kennst die 2 Bands, die würden sicher mal zusammen spielen. Dann gehst du mit denen, sagst mal, hey Jungs, ich würde mal etwas mal probieren organisieren. Würde mal an diesen Daten mal, wie weit im Voraus würdest du das planen für eine lokale Show? Optimal. Kommt auf die Saison drauf an, also musst du immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, so Oktober bis Dezember ist Hochsaison. Jetzt neuerdings auch Februar, März ist recht viel. Mai, Juni auch. Nein, eher weniger. Anhand von der Absage, die ich bekommen habe für den einen Tag, ist auch sehr viel aber los. Klar, aber du kannst es nie und jede Szene ist noch ein bisschen anders, aber ich würde immer sagen so... Ja, während der Festival 9 Monate vorher mal ein Datum checken. Okay. Ja. Und 6 Monate vorher konkreter und dann bei Local Bands lange es 3 Monate vorher ankündigen. Okay. Aber ich meine, wenn du es schon vorher weißt, ja weil dann kann man es schon einschreiben. Promo musst du ja noch nicht gross machen. Ja, oder was hilft, ist zum Beispiel, was wir teilweise auch mit Lotterify immer wollen vermeiden, dass wir teilweise irgendetwas Wichtiges in der Release-Show hure früh bekannt geben, damit wir nachher gleichzeitig wie Secret Release ist halt. Ja. Also weißt du, wie uns beide Bands ein bisschen angeschissen, weil wir auch schon die anderen wären schauen. Ja. Aber
sonst eben, wenn du eben einen wichtigen Termin hast oder auch so Festivals machen, das immer halt immer so früh möglich das Datum rausgeben. Dass halt die Leute schon wissen, okay, dann muss ich nicht auch noch etwas veranstalten. Dann haben die anderen noch Zeit, um ein bisschen etwas zu schieben. Aber andererseits auch dort wieder, es ist 10 Shows am gleichen Tag, vielleicht laufen alle 10 geil, oder du hast 5 Shows am gleichen Tag und alle kacken ab. Ja, es kann sein, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du heute Abend in den Werk 21 Show organisierst, läuft sie weniger gut, wie wenn du es letzte Woche gemacht hättest. Oder eben schon. Das oder ist eben besser, je nachdem, weil alle draussen besoffen sind, das Bier trinken und reinkommen. Ja, das kann auch sein. Okay, also in dem Fall, du bist eine Einzelperson, du hast mal 2 Bands, die im Paket dabei wären, du gehst zu einem Kulturzentrum, du hast deinen Pitch machen, sag mal, du bekommst Zusagen. Was musst du als nächstes machen? Um viel Arbeit zu sparen, so viele Leute wie möglich ins Boot holen. Weil das scheisst damals an, wenn du irgendwie das auf zu wenig Schultern verteilst und für alles verantwortlich bist. Wo dann teilweise, du musst noch go posten am Morgen, du musst noch irgendwie das Kochen organisieren, aber bis am Morgen am meisten noch den Saal wischen. Und ich hatte dort halt immer ein bisschen Glück gehabt, dass wir das als Kulturgruppen gemacht haben oder auch eben die Show mit Bury Tomorrow oder mit Animals as Leaders, dass wir dort irgendein Kernteam hatten, aber immer noch mindestens 5, 6 Leute aus dem Umfeld, wo wir teilweise gesagt haben, hey, schau, ihr habt Gästeliste, wenn ihr uns noch helfen, eine Stunde aufräumen oder ihr macht Bar und ihr bekommt sogar noch ein Trinkgeld und irgendwie eine kleine Entschädigung über. Ja. Wenn je grösser die Shows, desto mehr musst du halt da auch einplanen. Aber das ist auch wichtig. Mach es nicht alleine, weil dann übernimmst du dich. Also am besten so eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten, die einfach das mal ist wirklich das Ideale, weil dann kann auch mal, weißt, es tönt jetzt nach viel, aber wenn ja niemand davon verdient und will es nur für die Szene machen, ist das das Beste, weil irgendjemand ist immer in der Ferien oder wird krank. Und ja, es gibt heute so Tags noch. Also ich glaube, Saumanöver ist zum Beispiel so organisiert. Das ist ja nicht nur eine Person, die das macht, sondern eben wie das Kollektiv. Und an dem kann man sich wirklich inspirieren lassen, weil dann hast du immer jemanden, der Bar macht, immer jemanden, der hilft, noch ein bisschen aufräumen, immer jemanden, der ein bisschen so das Technische draus kommt. Und wenn dann jemand genug früh weiss, ich kann nicht, kannst du noch jemand Neues ins Boot holen. Was ich jetzt die letzten 2 Jahre gelernt habe, ist, ich habe das Ebri ein bisschen lieber gelernt. Weil seit die Ebrietas Concerts Zürich, kann man das Agentur nennen? Das ist keine Agentur. Das Label, ja. Das Label, ja genau, das Label gibt. Fuck, ich habe den Namen vergessen. Was? Ja, sie, wo dort immer, jedes Mal, wir haben mit Matchbox Vespers 2-mal bei ihr gespielt und mit Eversis einmal. Und es ist wirklich lässig, jetzt im Ebri Shows zu organisieren. Weil du musst zwar immer noch schauen, dass Bands dort sind, du musst schauen, dass alles dort ist, aber du hast jetzt eine Ansprechperson im Ebri. Und das hast du früher nicht gehabt, weil früher bist du dann ins Ebri gekommen, hat es geheißen, dann hast du, wir haben ja mit so einer russischen Metalband gespielt. Dann hat das Management von der hat eine Europatour gebucht für die, oder? Die sind 2 Monate einfach auf Tour gewesen, haben irgendwo so eine kleine Kackschüppe gespielt, der andere gesagt, Ebri hat aus Zürich gratis, geil, schicken wir dorthin. Schreibt er uns so, hey boys, how are you doing? Do you want to support them? Ich so, ja, wenn wir. Okay, 4 Uhr at the Venue. Jawohl, 4 Uhr at the Venue, gut. 4 Uhr at the Venue is closed. Band kommt an. Dann musst du zuerst mal einer Band, die halbpatzig Englisch redet, erklären, dass sie jetzt nicht rein können, weil noch niemand da ist. Und du auch keine Telefonnummer hast von dem, der heute dort ist. Und ja, und sich dann sonst niemand darum ist da und sie so, wer ist der Technician? Und wir so, who organized this show? Und sie so, our management. Where is your management? In Russia. No one is the technician. Das ist irgendwie gerade das Meme, so, is this the stage? Yes. Ja, so genau das. Und dann haben wir den Timo dabei, dann haben wir und jetzt habe ich den Namen von der Band vergessen, die mit uns gespielt hat. Zürcher Death Metal Band. Death Metal Band von Zürich? Ja. Richtig geile Sache gewesen. Ich hatte einen guten Abend mit denen. Auf jeden Fall haben wir dort gespielt und dann haben wir müssen für die hure russische Band ihres In-Ear und alles technische Zeug aufstellen, weil sie einfach keine Blasse hatten, wegen Mixen und so. Bla. Und dann so, ja, das ist jetzt ein bisschen vorbei. Jetzt ist wirklich jemand dort, der schaut. Und das ist geil. Und wenn du eine Show organisieren und du hast eine Band, eine junge Band, für eine neue Band, auch wenn es halt das Ebri ist und alle, die schon seit 10 Jahren in Bands spielen, sagen, wir spielen nie mehr im Ebri. Zum deine erste Show organisieren, ist es sehr, sehr gut mittlerweile. Sehr cool. Ja, ich weiss noch, wie viel Mal ich gehört habe,
Was, es hat kein Mikrofon. Und niemand, der mischt. Genau, ja. So, was schon, der Monitor da oben ist kaputt? Ja, seit 2 Jahren. What? Das ist eben nur roh. Das ist geil. Nein, ich finde, das ist wirklich, du dafür, ja, du bekommst, was du zahlst. Zahlst nämlich gar nicht. Aber dann, also machen wir so Step by Step, was für Ämter müssen abgedeckt sein am Tag vom Konzert? Wofür die Person müsste zuständig sein? Ja, sicher eins ist, oder ich sage es jetzt ein bisschen aus der Pro-Perspektive, dort ist eigentlich, sind es weniger Leute, die dann halt mehr Verantwortung haben, darum, dort ist halt eigentlich immer Production Manager Person, wo die Fäden zusammenkommen, eigentlich so die Schaltstelle ist zwischen den verschiedenen beteiligten Partners. Bei einer kleinen Show kannst du das eben dann aufbrechen. Kannst du zum Beispiel sagen, was immer, ja, es kommt im Fall Huren auf die Venue drauf an, weil je nach Venue eben auch gewisse Sachen von der Venue übernommen werden. Zum Beispiel, darum kann ich das gar nicht so einheitlich sagen. Ich glaube, du musst immer ein bisschen lieber die Venue mal zu früh fragen und sagen, hey, wer denkt an das, wer denkt an das? Ich meine, ich zähle es mal auf. Du brauchst sicher immer Einlasspersonal, wo halt eben so Bändel rausgeben, die Gästelisten, Obikassen. Dann brauchst du natürlich Technik. Bei kleineren Venues gibt es dann halt einfach kein Licht, weil sie vielleicht die Anlage nicht haben oder wegen aus Kostengründen. Aber das ist eigentlich dann das andere Departement. Und was dort, wenn jetzt genug Leute hast, immer hilft, ist, dass jemand so ein bisschen Stage-Management macht. Ja. Zeitplan ein bisschen im Dings haben. Vielleicht der Band sagt so, hey, 5 Minuten müsst ihr anfangen. Beim Umbau hilft, das ist manchmal auch ein kleines Gefotz. Kennt ihr bei Local Shows? Und einfach dort eben niemand verantwortlich ist. Noch nie gesehen, das aber Zeug. Es ist eben dann für alle geil, wenn es eben jemand hat, der das macht. Wo ein bisschen so, hey, dünnt doch das Zeug da anstellen, weil dann könnt ihr nachher, wenn ihr die Nächsten sind, oder bei Festivals, bei kleineren, haben sie es so recht effizient gemacht mit so Durchlauf, quasi so Stage Left hinten Setup ist genau spielen. Und wenn Joe gespielt hast, gehst du rechts von der Bühne runter und du stehst einpacken. Ja. Und da musst du halt irgendwie, das sind meistens, ja, es geht halt. Das weisst halt nicht perfekt, wenn du das noch nie gemacht hast. Aber auch dort, frag lieber Leute, die im Umfeld hast, die dir da helfen können. Es ist auf den ersten Blick verwirrend, aber eben, du kommst ein bisschen in den Groove rein. Wenn du schon 5 Shows veranstaltet hast, bist du schon viel mehr parat und hast das Zeug im Kopf. Ja. Dann Catering kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob du dort wirklich wie ein Restaurant quasi für alle Bands frisch kochen oder ob es halt einfach Pizza gibt oder was wir eben zum Beispiel, wo wir mit euch, mit Siamese die Show hatten, wo halt einfach keine Infrastruktur im Exil gibt, wo du musst Buyouts machen, wo du einfach sagst, jede Band kommt pro Person so viel Geld über und es hat Kebabstände, es hat Pizza und alles in der Nähe. Das ist nachher jedes Mal anders. Was ist das ist super gewesen, weil so haben wir unsere Gage verdoppelt. Ja, ich meine, du kannst auch einen Krustenkranz und ein bisschen Aufschnitt haben. Ein Sandwich mitgenommen und unsere Gage verdoppelt. Aber was würdest du sagen, in deiner Erfahrung in lokalen Shows ist die beste Catering-Erfahrung gewesen, die du gemacht hast? Was hast du am besten? Ja, ich glaube schon am geilsten, wo halt ein bisschen aufwendig ist, eben mit dem ganzen Abwaschen und so, ist eigentlich schon, wenn es irgendeine Küche hat. Ja. Weil das ist einfach irgendwie, das kommt glaube ich immer... Das kommt verdammt gut an. Ich meine, wenn ihr selber auch irgendwo hinhocken und es ist wirklich so gekocht worden, das ist schon geil, aber... Das Shoutout an Moritz und seine Burritos vom Konzert in Zürich. Aber andererseits muss ich sagen, aus Veranstalter-Sicht ist es eben fast auch geiler, ein bisschen mit Buyouts, weil dann musst du einfach musst ein bisschen Bier, ein bisschen Snacks, ein bisschen Früchte im Backstage haben und musst nicht... Ich meine, im Büro habe ich ein paar Mal so ein bisschen den saloppen Spruch, wo dann irgendwie so Diskussionen wegen Catering waren und gesagt so, wir sind Showveranstalter, nicht irgendein McDonalds. Ja. Also klar, wir wollen ja, dass Bands happy sind, aber wenn du den völlig verlierst in dem oder auch bei gewissen Touren musst du sagen, ey fuck, ihr habt irgendwie 200 Billette verkauft, aber habt irgendwie pro Kopf 40-50 Stutz Endkosten von der Travel Party pro Person für Alk und Essen. Du musst einfach sagen, hey fuck, also ist irgendwie auch kein Verhältnis. Ja, eben, ich meine, das macht ja wirklich Sinn. Das, was du vorher gesagt hast im Exil, eben, die das nicht mitbekommen haben, der Ricky hat mit Whiteout und ich habe mit der Versus Support von Siamese gemacht. Das war eine Show vom Umi. Ja. Und eben, was du gesagt hast, das macht ja in Zürich absolut Sinn, dass wir halt auch schauen, wo ihr seid. Weil in Zürich macht es Sinn, dass du dann den Bands einfach pro Kopf Geld gibst, dass sie etwas zu essen holen können. Aber wenn du irgendwo in Herzogenbuchsee bist
wo es nichts hat, dann musst du halt schauen. Dann bringt es nichts, wenn du der Band sagst, hey, ihr könnt alle 20 Stutz über dafür könnt ihr essen. Ja. Wenn das Einzige, was offen hat, der Hirschen ist und der ist ausgebucht. Genau, und dann kommt eben immer darauf an, ob es quasi wie wir dann die Show professionell veranstaltet ist. Ja. Ergo, alle Personen, die irgendwie noch schon mal einen Bleistift in die Hand nehmen, werden halt bezahlt. Weil es ja quasi als Firma ist und dementsprechend auch alle Leute an der Kasse oder weiss nicht wo Geld bekommen. Und wenn dann noch würdest irgendwie kochen mit dem Einkaufen und alles, das sind dann, also weißt du, wo du dann wirklich auch Geld sparst. Wenn du einfach sagst, gibst jeder Person einfach eben im Backstage es hat Bier, es hat Softdrinks, es hat Snacks und einfach nur 20 Steine, um irgendwo eine Pizza holen. Ja genau, das ist für so, das ist dann sicher günstiger. Weil dann sparst du Geld und Zeit, weil du musst immer überlegen, wenn du bei jeder Show noch 2-3 Leute brauchst, die gehen posten, die kochen, die abwaschen, es ist zwar cute, aber auch da wieder der saloppe Spruch, eben, du bist da für die Show. Wenn du das beste Essen hast, dann machen wir einen Kochclub. Nicht, dass du grusig kochen, aber einfach so für Leute, die nicht in so Sachen. Weißt du, es ist schön, wenn eine Band, weißt du, gerade im Do-it-yourself, es ist schön, wenn es irgendwie noch einen Kuchen gibt oder es ist schön, wenn irgendwie noch, keine Ahnung, so ein bisschen Gebäck oder so gibt. Aber verliere dich am Schluss nicht in dem. Wenn du wirklich alles andere im Griff hast, dann kannst du das machen, aber am Ende des Tages, und auch da bin ich vielleicht wieder Kapitalismus nutzen, aber auch wenn es eine kleine Band ist, die von Frankreich kommt, die haben mehr Freude, wenn sie das Essen hatten und 150 Leute dort sind und Merch verkauft haben, als wenn sie mega gut gegessen haben und 30 Leute dort sind. Das darfst du einfach nicht vergessen. Ja. Das darfst du nicht vergessen. Es geht schlussendlich immer darum, wenn ist die Hütte voll, dann ist auch die Stimmung geiler. Und wenn das Catering halt nicht so geil war, jetzt eben wenn du einen Anspruch hast, dann musst du sagen, ey, wenigstens eine geile Show gehabt. Für das bist du ja blöd gesagt, nicht von Frankreich in die Schweiz gefahren zum Essen. Nein, das machst du glaube ich nicht. Und das dort, ich glaube, das ist immer wichtig am Anfang, eben, dass du dich manchmal ein bisschen dem verlierst und du willst alles perfekt machen, aber einfach so, mach lieber, schau, dass alle Bands zu essen haben, aber anstatt dass du dann 5 Desserts teuer organisierst und mit mega viel Aufwand, mach lieber mehr Werbung. Dann haben alle mehr davon. Ja. Genau, das Ding ist jetzt natürlich, wenn du eben Budget hast, dann kannst du natürlich Buyouts machen. Wenn du jetzt aber deine lokale Punkband bist, wo deine andere lokale Punkband aus Deutschland eingeladen hat und jetzt dort spielt, ja, du musst dich selber ja nicht zahlen. Dann kommt es günstiger, wenn du am Samstagmorgen einfach für jeden Bandmitglied ein Sandwich schmierst und das mitnimmst und dann schaust dort, dass alle ihr zu essen haben. Von dem her, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Ich sage das vorher gerne in letzter Zeit, einfach mal einen Schritt hinterher machen und von außen schauen, weil die meisten schauen immer gerade drinnen und sehen dann einfach nicht, dass das, was sie machen, gar nicht die beste Option ist, weil es einfach halt wie einen Meter hinten dran die bessere Alternative hätten. Ja, und was auch noch dazu kommt, ist eben, dass wir, ich glaube, das haben wir alle müssen lernen in Bands, dass halt eben oftmals der Fokus nicht auf der Promo liegt. Und Promo redet jetzt bewusst nicht von Geld ausgeben, du musst nicht Posterkampagnen bei APG buchen für irgendwelche 200er-Läden-Shows. Aber du musst ein Konzept haben. Und das ist eben ein bisschen da, wo eben, du verlierst, wenn du jung und motiviert bist, eben ein bisschen den Fokus. Und auch dort, ich töne jetzt wie so eine irgendeine Guru, aber am Schluss, auch wenn du eine kleine Band bist, du kannst gut essen. Das ist geil. Du kannst gute Zeit haben Backstage, ist auch geil. Aber das absolut Geilste ist, wenn die Hütte voll ist. Ich glaube noch nie. Und nicht mal finanziell, sondern einfach Stimmung. Ich kenne sie selber. Es ist ja geiler, vor 200 Leuten zu spielen, als vor 50. Ja. Und das ist eben, mein Job heisst ja offiziell Promoter. Du tust die Show bewerben. Ich bin ja nicht auf der Bühne. Aber ich komme das Vertrauen über von eben Management oder Booking-Agentur, dass ich die Band voranbringe in der Schweiz. Und dann ist eigentlich eben, blöd gesagt, wenn die Show ausverkauft ist, kann das Essen bei uns scheiße gewesen sein, aber sie sagen gleich Danke, weil sie sagen, wir haben so viele Leute gehabt bei euch wie noch nie vorher in der Schweiz. Und das dürfen wir, und eben, ich will das jetzt nicht aufs Kapitalistische tun, sondern eben, es kann auch eine Gratis-Show sein, wo irgendwie alle Gagen von der Stadtzahl sind, aber auch dort, das Wichtigste ist, dass man irgendwie die Hütte voll bekommt. Und bei Promo gibt es halt eben viele kreative Möglichkeiten. Eben zum Beispiel eben auch die Trailer machen viele oder eben oder richtige Shows irgendwie ein bisschen go Flyer an tun. Hey, das hat so saugut funktioniert an dem Trivium-Konzert. Das hat so gut funktioniert. Dort hat der Döme mir einfach von Safer Last Breath oder der Dave haben wir 100 Flyer in die Hand gedrückt
Er war auch in dieser Show, wir waren das dritte, du, ich und der Dave. Mhm. Dann ist er mit 100 Flyer gekommen, hat jedem von uns 30 Flyer gegeben und dann sind wir einfach rumgelatscht und haben behauptet, das war dann eine Mini-Idee gewesen. Dann habe ich einfach dem Döme gefragt, ob wir einen Discount-Code haben für Vorverkauf. Er hat gesagt, nein, es geht leider nicht. Also ich habe okay, andere Idee. Wir machen einfach mit allen, die wir einen Flyer in die Hand drücken, das Foto. Und wenn sie das Foto in der Bar zeigen, bekommen sie ein gratis Getränk. Mhm. Und laut meinem Handy-Counter, weil ich habe dann einfach die Notizen aufgeschrieben, wie viele gesagt haben, das kommen. Wenn alle, die gesagt haben, sie kommen, 2 haben effektiv das Ticket an dem Abend gerade gekauft. Mhm. Dort habe ich zugeschaut. Die haben sich das Ticket gekauft an dem Abend. Und insgesamt sind es etwa 20 Leute, die das Foto mit uns gemacht haben, um ein gratis Bier holen an den Dings. Und ich glaube, an der Bar haben sie mir dann gesagt, es sind etwa 10 gratis Getränke weg. Ja. Und das ist eigentlich 10 Leute mehr haben im Werk 21. Ist brutal viel. Ja. Mhm. Voll. Nein, ich meine, gib mal ein paar Promo-Tipps. Was findest du, können lokale Bands besser machen? Ja, das mit dem Kalender haben wir ja schon gehabt, das ist sicher wichtig. Dann, ich arbeite nicht in der Promo, also ich bin so nicht der absolute Experte. Aber auch im lokalen Szene, oder, wo du gemacht hast. Ja, ich glaube, du musst, was sicher immer wichtig ist, du musst die Leute kennen, die du an deine Show holen willst. Mhm. Also du musst ein bisschen überlegen, bevor du eine Show buchst oder wenn sie gebucht hast und angekündigt wird, so, was sind das für Leute? Jetzt so ein bisschen plakativ, sind das eher so ein bisschen die nicht Social Media affinen, dann musst du mehr auf Offline-Werbung machen oder eben ein bisschen plakativ so ein TikTok-Publikum, dann musst du nicht mehr Zeitungsinserat drucken. Also diese Einsicht musst du wirklich haben und ich meine, das gehört jetzt mir auch zum Arbeitsalltag dazu, dass ich das auch mit der Promo dann anschaue und halt eine Punkshow von einer alten Band mit einer neuen Metalcore-Band, da müssen wir nicht die gleiche Strategie fahren. Und das gilt aber auch für eben Local-Shows. Voll, Zielgruppe definieren und Massnahmen daraus ziehen. Genau, und überlegen die Leute, eben zum Beispiel, wir kennen jetzt alle, wie wir es gerade von dieser Show geredet haben, sehr viel Last Breath. Ihr wisst ja ein bisschen, was kommen dort für Leute. Auch viele, die man kennt. Und dann müsst ihr euch nur überlegen, so, ja, auf was springen die an? Bei welchen Shows sind die zum Beispiel Sinn macht? Da hilft zum Beispiel immer, oder eben Online-Dings. Du musst nicht einfach eingeben, auf Facebook Ads, Zielgruppe, Metal. Sondern du musst immer überlegen, zum Beispiel die Leute, die sehr viel als Breath hören, was hören die schon noch für Bands? Genau. Und dann tust du das ins Targeting rein. Yep. Und sagst zum Beispiel, wie lange würden die Leute reisen, die an eine sehr viel als Breath Show kommen? Wahrscheinlich nicht 200 Kilometer. Dann tust du dort auch eingrenzen, um die Venue herum. Ja. Und das sind so ein bisschen, eben, da gibt es nicht einen richtigen Weg, aber je mehr du überlegst, desto mehr hilft es. Das Ding ist, wir müssen da gar nicht so weit drüber schnurren. Ihr sollt einfach die Extreme Metal Switzerland Folge hören, wo, glaube ich, irgendwie Zielgruppenanalysen oder so heisst. Ja, genau. Das ist genau das. Wenn ihr Marketing machen wollt, hört dann 2 Boys zu. Wenn du ganz einfach Pro machen willst, schreibst du uns einfach ein DM, schreibst Extreme Music Switzerland ein DM und leist noch ein Nötchen dazu und dann... Voll. Und, genau. Und nur so... Also, bei uns leist am besten eine Show dazu, das haben wir lieber wie ein Nötchen. Voll. Und genau. Also, es gibt so... Und eben, so wie du sagst, du kannst online vieles machen, nur mit dem Reel. Oder ich finde, der Damis von Lost Game macht lustige Videos für ihre Shows promoten. Ja. Unbedingt so Zeugs machen. Der Janus Christus ist halt Legende, was Promo angeht. Eben generell die Shoutouts, ich meine, auch wenn ich zum Beispiel gar nicht an die Show kann, weil ich an dem Tag irgendwie schon noch mit anders bin oder gar keine Zeit habe, die bleiben dann eben auch irgendwie so die Band ist aktiv. Ja. Das ist, glaube ich, eben da, wo die Local Bands immer eben, wenn du nichts machst, ist am falschigsten. So, es ist ich muss mich jetzt gerade wieder an der Nase nehmen, weil ich habe jetzt, wo du das gerade gesagt hast, gemerkt, dass der letzte Post von Wert ist schon 18 Jahre her, ist geschätzt. Ah nein, so nicht. Ja, aber ich meine, die Videos, weißt du, eben so die Reels, ich meine, wo wir angefangen haben, hat es Reels und Insta gar noch nicht gegeben zu dem Aussatz. Wo wir darum sage ich, du musst ein bisschen mit der Zeit gehen. Aber wo wir angefangen haben, von Paleface sind doch immer so geile Videos gemacht. Mit Stuhl. Ja, eben, aber das bleibt noch bis heute. Jungs, by the way, ich brauche einen Bürostuhl als Merchandise-Artikel. Der geht weg wie Sau, kann ich erst sagen. Und aus dem Zelli sind wir Alligator Scream mit einer Türschelle machen, also Leute machen. Voll. Weil meine Leute tönt wie das. Das ist voll crazy. Ich habe das Video gesehen und dann habe ich gesagt, das tönt wie die Leute bei mir in der Wohnung. Dann habe ich Janik ein Video geschickt und er so, Alter, deine Leute ist ja insane. Ja. Jedes Mal, wenn sie schalten, dann ist Krieg ausgebrochen. Bürostuhl, gut. Ja, das ist eine gute Sache. Nein, aber in dem Fall von den Tipps für
Booking, haben wir jetzt alle Ämter schon? Ich glaube, das meiste haben wir durch. Ich glaube, bei Local Shows, zum Beispiel Security, ist jetzt eher weniger das Thema. Nein, musst du nicht haben, ja. Nein, und wenn, dann sagt der Venue, dass du eine musst haben. Ja. Ah, okay, ja. Und nachher wichtig ist, ja. Wichtigstes Ämtli, das wichtigste Ämtli. Das allerwichtigste Ämtli für Local Shows ist einfach, dass irgendeiner die hure Bands im Griff hat. Also irgendeiner einfach diesen hure Bands einfach mal sagt, ihr seid am fucking 5 dort, ihr seid am 4 dort und wir sind dann dort und du nimmst das mit und du nimmst das mit und du nimmst das mit. Genau, das wäre eigentlich wie Stage Management, aber so beim Advancing. Genau, weil das Problem ist, ich bin schon auf die WhatsApp-Gruppen rein, wo einfach so einer von der Band reingerührt worden ist und dann ist so, ja, also für die Show am 24. Was brauchen wir da alles? Und dann schreiben alle 3, was sie brauchen und keiner nimmt es mit. Nein, schau da, ein billiger Pro-Tip, fuck the Power-Trip, Alter. Macht irgendwie so, das gibt es auch eben bei den grossen Shows eigentlich immer, ist dann halt ein bisschen umfangreicher, aber so ein Daysheet. Wo einfach zum Beispiel alles nochmal zusammengefasst, so, die Band bringt das Drumset, die Band bringt Cabs, der Zeitplan. Was sind Cabs? Stimmt, ich bin so ein Boomer, der noch noch kein digital App hat. Das sind so die Boxen. Das ist fucking gute Frage. Dort, wo man das Bier drauf abstellen kann. Das ist das, ja. Dort, ja, ich glaube, lieber zu viel Infos als zu wenig. Genau, dann machst du eine A4-Seite, weil mehr Infos hast du gar nicht. Aber Zeitplan, Backline immer wichtig, Kontaktpersonen. Ja, die sind sehr wichtig. Und dann tust du einfach 1 A4 machen. Anzahl Parkplätze ist auch wichtig. Genau, also einfach so, wo du irgendwie, da gibt es wahrscheinlich auch Templates oder eben kannst du schon jemanden fragen, der das schon verschickt hat. Und dann tust du das an alle Bands verschicken und nimmst irgendwie die Venue noch CC. Weil erstens haben dann schon mal alle das gesehen. Ob sie es anschauen, das ist nämlich das andere. Aber ja, das sind nämlich die geilsten Shows. Weil dann eben wissen alle über alles Bescheid, können dann nochmal intervenieren, wenn sie sagen so, oh shit, nein, aber wegen dem Drumset irgendwie, oder wir können doch erst um 5 Uhr kommen. Einfach so, dann haben alle nochmal die Chance. Und eben, das sind nachher die geilsten Shows, wo einfach alle Infos vorab verschickt worden sind und da hat es 0 Problem vor Ort gegeben. Ja, alright. Tipptopp. Und eben das muss halt immer ein bisschen von einer Person gemacht werden, die am besten schon ein bisschen Erfahrung hat oder der Blick fürs Ganze. Zum Beispiel, was mir immer Bauchweh gibt, ist bei Local Shows, wenn irgendwie einen Zeitplan gesehen und eine Viertelstunde Changeover. Kannst einfach mal Endzeit plus eine Stunde, anderthalb, weil einfach so lassen Sie, machen eine halbe Stunde. Ja, voll. 30 oder eine Viertelstunde geht, wenn du eben im Volkshaus spielst und noch Stagehands hast und die Crew eingespielt ist. Aber und alle Soundcheck gemacht haben voran. Und aber nicht bei irgendwelchen publiken Local Shows. Das kommt gar nicht gut. Das funktioniert nur, wenn der Döme bei Safer Last Breath das Ganze organisiert. Und wie heisst Claudio seine Band? Another Approach. Versus und sind es ihr gewesen? Wo? Dort das erste Mal Kamigawa. Dort, wo wir eingesprungen sind für den Pokermatch. Nein, das allererste Mal sind ihr dabei. Sind ihr und wir offiziell dabei gewesen? Nein, ihr seid dort nicht dabei gewesen. Wer ist denn das gewesen? Wir sind Champions. Ja. Aber wer ist denn noch? Betrayers of Kamigawa. Ja, wer ist denn bei Betrayers noch gewesen? Mir, ihr, Another Approach, Save Last Breath und wer ist die 50 gewesen? Thorn, ja, voll. Ja, genau. Dort ist dann einfach so gewesen, dass wir haben dann einfach quasi gesagt, weißt du was, wir stellen jetzt einfach alles auf, die ersten 2 Bands und dann räumen wir nach uns ab. Ja, weißt, ich verstehe, wenn es irgendwie Dienstag ist, ist es teilweise ein bisschen ein Zangengebot, aber auch dort ist immer, das ist jetzt subjektiv meine Meinung, dann halt einfach den Zeitplan posten, weil wenn die Leute 2 Wochen vorher wissen, dass um 5:30 schon die erste Band spielt, dann können sie sich einrichten. Wenn es einfach auf dem Ticket steht, wo niemand diesen Zahlen mehr glaubt, weil einfach sich 1000-mal noch etwas ändert. Ja, die hure Ticketverkaufsding, die Pages sind alle so für den Arsch. Nein, das sind mehr Promoter-Schuld. Nein! Da muss ich wirklich selbstkritisch, das passiert halt damals, wenn zum Beispiel eine Tour... Nein, nicht wegen dem. Ich meine, dass es gar keine Infos mehr gibt. Früher, wenn du auf Ticket Corner gegangen bist, hast du alle Infos zu der Show gefunden. Aber die kommen von uns. Und jetzt findest du die kommen von uns. Also wenn irgendwo eine Zeit... das Problem ist zum Beispiel... Du findest nicht mal mehr Support-Acts raus. Nein, aber zum Beispiel das Problem ist, wenn zum Beispiel machst du irgendeine Show, 7 Doors, 8 Beginn, 11 fertig. Und dann weisst du aber,
3/4 Jahre vor, wenn der Vorverkauf steht, noch nicht 1 oder 4 Bands spielen. Ja. Und fair. dann tust du das zwar anpassen, wir tun dann auch über Ticketseiten das allen schicken, aber das lesen jetzt eben nicht alle. Und dann schauen sie einfach ihr ausgedrucktes Billett an und sagen, da steht 8. Darum, um das gut machen, versuche ich bei meinen Shows, die ich gebucht habe, wenn es mehr als 2 Bands sind, dass in der Regel der Zeitplan auf der Webseite und im Facebook-Event gepostet wird, ein paar Tage vorher. Ja. Das stimmt, auf der Mainland-Webpage findest du das Zeug aber wirklich. Aber eben, da gibt es keinen Branchenstandard. Alle Promoters machen das ein bisschen anders. Gewisse Venues tun es auch irgendwie gar nie posten. Teilweise unbewusst, teilweise bewusst, weil man halt irgendwie nicht will, dass die Leute dann erst später kommen. Ja. Ich sage jetzt nicht, was richtig oder falsch ist, aber eben, ich verstehe den Ärger aus, blöd gesagt, aus Kundensicht, wenn du irgendwie 50 Steine für das Billett zahlst und halt einfach nicht, manchmal steht 8 Uhr Beginn, nachher kommst du 10 vor 8 Uhr und hast die erste Band schon verpasst, schießt an. Ich habe die Lösung für all die Probleme gefunden, wenn ihr ein Timetable aufschreiben, aber ihr wollt nicht preisgeben, welche Band wann spielt, dass alle von Anfang an kommen. Einfach schreiben, Band 1, Band 2, Band 3, Band 4. Das ist eine gute Idee. Ja, nein, das Problem ist ja, dass teilweise das sehr unberechenbar ist von den Bands, weil du kannst ja nicht 2 Wochen vor das einfach posten, wenn sie das noch nicht approved haben, weil manchmal plötzlich merken sie so, shit. Bei euch ist jetzt ein anderes Problem. Ich meine, so bei einer Local Show, weil der Döme, ich habe vor der letzten Coming Out schon über 800 Anrufe bekommen, welche Band das dann jetzt wann spielt und wenn das anfängt. Und ich so, hey, es steht auf der Facebook-Veranstaltung und im Instagram, dass um 7 Uhr anfängt. Das fängt um 7 Uhr an. Ich sage dir nicht, welche Band das jetzt, ich kann dir nicht sagen, welche Band das jetzt spielt, weil der Döme das Line-Up nicht rausgibt, weil er nicht will, dass die Leute eben dann nur auf die Band kommen, die sie sehen. Das ist sein Approach. Und dann, ich sehe eben hier beide Seiten. Einerseits will man halt auch wie allen eine Chance geben. Ich sehe es manchmal, jetzt nicht bei Local Bands, aber auch bei grösseren Bands, die jetzt von irgendwie gebucht werden oder wo jemand sonst bucht in der Schweiz, dass am Endeffekt oder am Ende des Tages eigentlich die Leute gezahlt haben, um an den Anlass zu kommen. Wie selber sollen entscheiden, wollte ich die Vorbands sehen oder nicht. Auch wenn ich es mega begrüße, dass die Leute früh dort sind, aber wenn du das Gesamtbild siehst, musst du eigentlich sagen, lieber verkaufst du das Billett mehr, weil jemand weiss, es langt noch nach dem Arbeiten auf die Band, anstatt die Leute dann irgendwie so, verstehen sie es nicht falsch, nicht, aber so ein bisschen wie umerziehen. So im Sinne von, wenn die Leute alle Bands sehen wollen, dann kommen sie auch. Aber wenn es halt sie nicht. Ja, oder wenn sie nur wegen der Vorbands kommen, oder wenn sie halt einfach wissen, bis wann geht. Und ich bin da halt, das ist jetzt aber meine persönliche Sicht, eher dynamisch für die Transparenz, dass ich halt einfach sage, hey, look, das ist Running Order, planet eure Reisen, so wie ihr es wollt, weil mein Ziel am Ende des Tages ist, dass die Leute das Billett kaufen und nicht, dass sie alle Bands gesehen haben. Weil wenn du 50 Steine zahlst und nur wegen den Supports kommst, dann tust du ja den Anlass schon supporten, indem du das Billett kaufst. Ob du jetzt 1 oder 3 Bands siehst. Aber wenn halt dann aus Mangel von Infos im 2024 dann eben einfach irgendwie musst du über das Internet mühsam raussuchen, vielleicht noch die Z-Seite von Frankreich oder von Deutschland suchen, dass du irgendwie kannst abschätzen, lange es mir noch heim. Ist das für mich nicht so der gute Kundenservice? Ja, ich rede jetzt aber auch nicht von solchen Shows. Ich rede jetzt so von aber ich mache da keinen Unterschied. Weil auch bei den grossen Touren ist ja die Idee, dass bei den Vorbands schon gute Leute haben. Ob es in einer 5000er Halle oder in einem 200er Club ist. Aber ich mache da niemandem mehr vor. Ich habe das Gefühl, bei so einer Samstagabend Werk 21 Show ist wie so Samstagabend am 8. Uhr. Ja, aber vergiss nicht, erstens hast du Leute, die gleich von weit herkommen. Und gerade im Werk 21, wenn ja ein Bar dir gehört, die Bareinnahmen, dann hast du auch ein Interesse, dass die Leute vielleicht nicht mit dem Auto kommen und vielleicht noch 1-2 Bierchen zischen. Und andererseits gibt es auch Leute, wir sind auch im 2024. Es gibt viele Leute, die am Samstag oder Sonntag arbeiten müssen, die nicht alle frei haben. Ja. Oder meinst du, Timetable Release ist schon eine gute Idee mit? Ich persönlich finde ja. Ich sage, bei 1-2 Bands, dort kannst du es auch ein bisschen abschätzen. Aber auch wenn es ein Samstag ist, auch wenn es eine Local Show ist, auch wenn es eine Arena Show ist, finde ich es gut, weil halt heutzutage die Leute so diverse Zeitpläne haben oder Alltag. Stimmt, es ist alles gewisse arbeiten im Schichtbetrieb. Wenn ich kenne auch Leute, die haben irgendwie eine Nachtschicht, die sagen dann, ich muss am 10 Uhr wieder arbeiten. Ja. Also weißt du, das ist dann ein bisschen so, ja, alle arbeiten Montag bis Freitag, 8 bis um 5. Du bist einer von denen, ist immer aber ich auch. Eben, wenn ich an eine Local Show oder an eine Platte taufen will, aber
das war früher noch, als ich Stagehand war. Ich musste dann wieder abbauen. Ich musste wieder um 11 Uhr im Hallenstadion sein, oder meistens halb 11 Uhr. Und wenn dann aber ein Zeitplan hatte, konnte ich gleich noch für 20 Stunden so eine Show in Zürich, um nachher abbauen. Ja. Nein, ich liebe es eben, wenn du, weißt, an deinen Shows, wenn wir irgendwo im Dynamo sind und Silosis schauen oder so, und du so nebendran stehst und so, oh, shit, jetzt muss ich wieder arbeiten. Dann läufst du wieder weg. Dann bist du 20 Minuten später wieder da, so, ja, schieß mich an, ich habe keine Lust mehr. Was nachher? Nein, aber ist, das ist ein guter Punkt. Also, falls man seinen Chef zulässt, das hat er nie gesagt, das habe ich jetzt gerade erfunden. Nein, das ist ein guter Punkt. Vor allem dort bin ich gar nicht rum bei Silosis. Das stimmt, ja. Also, dann hast du wirklich meine Meinung dafür verändert. Das macht eigentlich Sinn. Je mehr Transparenz, desto besser. Ja, und es macht dich greifbar, wenn du jetzt Do-it-yourself-Show machst, einfach, dass irgendwie sich die Leute ein bisschen abgeholt fühlen. Weil eben, ich meine, ich bin ja eher ein bisschen die Ausnahme, wo ich auch eben nur schon irgendwie Podcasts und so geht, weil halt oftmals Booking-Leute als ein bisschen verschlossen sind, vielleicht auch nicht grosse Social-Media haben und so. Und schlussendlich musst du eben, ich habe das mit Bonebreaker angefangen, jetzt bin ich halt bei Mainland, wo halt auch ein bisschen einen Einfluss hast, eben, dass, wenn die Leute gerne an eine Show von dir kommen, auch gerne wieder kommen und ihren Friends erzählen. So. Ja. Und eben, ich sage immer, du musst so in kleinen Steps aufs Vertrauen gehen. Eben, wenn du einen Zeitplan postest, dann sagen die Leute, geil, schau, das machen sie. Dann wird das ein bisschen ein Standard. Weil Sie sind ein brav für einen guten Segway. Ja, bitte. Apropos deine Arbeit gut machen und wenn die Leute dann kommen, dass sie gut miterfahren und nachher auch anderen Leuten davon erzählen. Am Donnerstag, Auffahrt, bin ich mit unserem Kameramann Nico, mit dem Lil Bro, auf Stuttgart gefahren, Kill the Lights schauen. Dann sind wir dort angestanden und dort hat es kein Timetable gehabt. In Stuttgart gewesen? Ja. Jesus Christ. Es hat kein Timetable gehabt. Das Einzige, was gestanden ist, Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Wir sind angekommen und dann hat es eine hohe Schlange gehabt. Und wir so, weird. Und das war eine Location mit 3 Bühnen. Auf allen 3 Bühnen ist etwas gelaufen. Aber die Kill the Lights Show hat um 18 Uhr Einlass gehabt, alle anderen nicht. Und dann habe ich das irgendwann so, dann sind hinter uns so 2 Deutsche gesehen, die haben so geschnurrt und dann hat er gesagt, ja, alle anderen Shows haben am 7 Uhr erst Einlass und uns ist schon um 6 Uhr und uns sollte am 7 Uhr anfangen. Und dann bin ich so da gestanden und so, gehen dir an die Show? Und sie so, ja. Was hast du gerade gesagt? Ja, das und das. Unsere Show ist ja eine Stunde vorher Einlass. Und ich so, ich gehe schon für schauen. Bin ich für schauen? Und so, nein, die Metal-Show, die könnt ihr rein. Und ich so, ist gut. Und dann haben wir eben auch, einfach darüber geschnurrt und dann hat er gesagt, ja, er will schon unbedingt mal ans Greenfield Festival kommen. Und der Nico, aber es ist verdammt teuer. Und der Nico und ich beide so blutgerätschenmäßig Fußballer, alle aufgeholt, reingeratscht, so, halt, bevor du ans Greenfield gehst, das ist eine verdammt lange Überleitung, merke ich gerade, bevor du ans Greenfield gehst, haben wir dann ein viel besseres Festival. Ein viel cooleres Festival. Also, nicht das besseres Festival im Sinne von Dingen, es ist halt einfach, es ist kleiner, familiärer und geiler, nämlich so Open Air Grenchen. Wo du ja dabei bist. Hey. Verdammte Überleitung gewesen. Nein, ja. Wir sind immer noch am Anstehen. Wir sind immer noch am Anstehen, genau. Nein, eben, aber das ist so etwas. Du hast gesagt, wenn du quasi deinen Job gut machst, und ich finde es Open Air Grenchen macht den Job gut in dem. Weil jedes Mal, ich bin gegangen und jedes Mal, wenn irgendjemand mich fragt, was in der Schweiz ein gutes Festival ist, ist Open Air Grenchen das erste, was mir einfällt. Weil das Greenfield ist als grosses Festival. Das ist aber auch, das ist ein gutes Festival. Ich glaube, Greenfield haten ist in der Schweizer Metal-Szene einfach ein bisschen ein Job, also ein bisschen ein Running Gag geworden. Von dem her, eben, ist ein gutes Festival, aber so auf einer Grenze ist halt, vielleicht halt einfach, weil ich dich kenne und den Leni kenne und halt viele Leute kenne, die dort organisieren. Aber es gibt auch, nebst sehr guten internationalen Acts, auch ja, recht eben, das ist es. Es ist ein super gutes Line-Up mit sehr vielen Schweizer Bands, wo ja eigentlich auch nur du dafür verantwortlich bist. Am Ende des Tages, ja. Und so, wieso buchst du so viele Schweizer Bands? Weil du könntest ja theoretisch gesehen einfach kapitalistische Kackhuren sein und sagen, nö, ich will jetzt nur grosse nehmen. Und nur auf Safe spielen. Ja, weil das schon vorher so war. Ich meine, ich habe das Grenchen nicht mitgegründet. Ja, genau, das wäre eigentlich meine Frage. Wie bist du ins Grenchen eingekommen? Ich bin 2016, oder das Line-Up 2016 war das erste, wo ich involviert war. Das heisst, das war der Hatebreed, oder? Genau. Ja, und das Jahr vorher bin ich eigentlich in das reingekommen. Ich bin dann vom Vorgänger angefragt worden, weil er halt gesehen hat, dort bin ich auch noch nicht bei Mainland gewesen. Ja. Welche Shows sie sich ein bisschen gemacht haben, also ein bisschen auch ähnliches Genre, feiern und so. Und bin dann ziemlich straight angefragt worden, ja, hättest du Bock auf das? Und ich so, ja eh. Und auch dort war es ein Lernprozess gewesen, weil
es ist auf eine Art ist es ein gemachtes Nest gewesen. Also du hast wie eben Local Bands immer fördern, ehrenamtlich, wo es auch heute noch ist. Also die 30 Leute im Kernteam, die werden nicht bezahlt. Das ist alles ein Verein. Mhm. Wir haben am Anlass selber über 500 Leute, die helfen. Mhm. Und ich glaube, das macht es auch irgendwie speziell, dass das Line-Up wie ein Faktor ist. Aber vor allem für die einfach nur ein Billett kaufen, aber für viele, die auch helfen, machen schon nichts Ehrenamtliches im Leben, aber einfach so das Grenchen, dort nehmen sie eine Woche 2 Ferien oder gehen auch helfen, obwohl es gar nicht so ihr Sound ist, aber sie sagen, irgendwie, die Leute sind cool. Und ich glaube, darum ist niemand grösser als Grenchen. Also jedes Jahr gibt es immer ein bisschen Wechsel. Das klappt mit den Leuten wirklich gut, dass die Leute recht früh schon merken, ey, ich habe irgendwie nicht mehr so Zeit oder nicht mehr so Bock, aber dann schon, bevor die Ausgabe dieses Jahr ist, schon schauen, wer würde mich dann nachher ablösen, dass sie schon wie ein Festival können mitmachen und dann wird übergeben. Also es ist wunderschön zu sehen, dass in der heutigen Zeit, wo es so selten ist, dass die Leute neben dem strengen Arbeitsalltag oder Studium irgendwie noch Bock haben, in der Freizeit etwas zu reissen. Und auch wenn ich jetzt auf den ersten Blick so mit dem Line-Up halt ein kleines Aushängeschild mache fürs Festival, bin ich gleich nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Weil was bringt das Line-Up, wenn die Bands nicht happy sind, wenn die Leute an der Bar nicht gut bedient werden, wenn nicht sauber aufgeräumt ist, wenn das Essen nicht fein ist. Es ist jedes Puzzlestück dort ist wichtig und darum ist es auch schön, dort ein Teil davon zu sein, weil halt irgendwie gewisse Werte auch getragen werden, wie eben auch mit dem Support für die Locals. Aus dem Grund habe ich zum Beispiel am Anfang auch dann, haben wir irgendwie noch mit den Bandix zusammen geschafft und dann habe ich wie auch dort gesagt, wir machen keinen Contest mehr, nichts mehr. So. Einfach weil, auch wenn wir jetzt können sagen, ja, es läuft dann immer ein bisschen bei mir zusammen, aber ich habe die Verantwortung und was zum Beispiel ein bisschen meine Philosophie ist, dass wir auch möglichst vielen Bands eine Chance geben, um bei uns zu spielen. Dass halt nicht alle 2 Jahre die gleichen Local Bands, wie aber auch grössere Bands spielen, sondern dass wir ein bisschen, weil ich das selber aus meinem Band-Background halt gewusst habe, wenn du mal so ein Festival spielen kannst, du die Biografie reinschreiben, es hilft dann auch, weißt du, so der Stempel, hey, wir haben Grenchen gespielt. Absolut. Mit dem kannst du wieder zu anderen Events gehen und sagen, hey, schau, wir haben gespielt. Ich weiss eben, dass es für die Bands, die dort spielen, halt ein mega Sprung ist, eben, wo sie crazy Merch können verkaufen können. Alter, ja, sehe ich, dass Breath hat so viel Merch verkübelt letztes Jahr, weil sie haben einfach den Stand genommen, den keiner wollte. Sie sind dann gekommen, alle sind da gewesen. Aber ja, das was du vorhin gesagt hast, eben das ganze Team, das ganze alles am Grenich ist eben wirklich nice. Und dann sind die da gestanden und dann so, hä? Und es hat einen Stand gehabt, ganz am Anfang. Keine Band war da gewesen, niemand hat den wollen. Und am Schluss sind sie, glaube ich, da gewesen. Und Shadow of Intent haben, glaube ich, auch noch die gleichen Dings versucht. Aber ich wollte jetzt keine Zahlen nennen, weil ich sie auch nicht mehr genau weiss. Aber was der Döme und der Dave mir verzapft haben, was die im Merch weggerührt haben dort, Alter. Weil jeder, der besoffen rausgelaufen ist einfach vom Döme seiner Freundin angepöbelt worden. Von wegen, hey! Stimmt, weil der Merch ist ja gerade dort bei mir ausgegangen. Hey, neben der Hauptbühne. Sie ist einfach da gestanden und gesagt, hey, hast du schon ein Shirt? Also, nein. So, ja, dann kauf eins. Und das ist, hat funktioniert. Am Abend, als es kalt geworden ist, haben sie, glaube ich, angefangen, Hoodies zu verkaufen. Die sind dann weg wie warme Semmeli. Von dem her, ja, wenn du es richtig machst. Machst du wrong, genau, und das ist eben so ein bisschen, das fließt alles in das hin. Und ich glaube, das sehen auch ein bisschen die Leute, die ich meine, ich mache einen Teil davon. Mein Job ist jetzt fast fertig. Ich muss jetzt eigentlich nur noch schauen, dass da mit den Gagen und den Verträgen alles klappt. Und ich glaube, darum versuche ich mir das immer ein bisschen den Fokus von mir wegzudingsen und sagen, hey, Grenich ist nicht mein Ding, ich habe das nicht gegründet. Ich meine, jetzt ist, glaube ich, nicht die 30. Ausgabe, sondern 30 Jahre nach dem ersten Festival. Und ich bin erst seit dem 16 dabei. Wir haben auch gewisse Reformen gemacht, wo ich auch involviert war, eben, dass wir zum Beispiel von dem, dass wir für das Dorf eine bessere Lösung gefunden haben, weil zuerst ist immer am Freitag so eine... Man hat nie ein Rezept gefunden, dass es für alle aufgegangen ist. Entweder hat man immer so einen Abend fürs Dorf gehabt, am Samstag halt so hart. Und wir haben dann die Reform angebracht. Es sind viele Gespräche, es sind viele halt eben Meinungen, die aufeinander geprallt sind, viele Ängste auch, so mit, ja, aber was ist, wenn der Schritt in die Hose geht? Und
jetzt haben wir wirklich das so gut aufgeleistet, dass es für alle geil ist, dass wir zum Donnerstag einen Gratisabend fürs Dorf machen. Mit Kinderprogramm, die können Kinder mit Kinderbetreuung, ein paar Foodstände im Dorf und Zeltbühne. Und das war absolut ein Erfolg. Also wir hatten letztes Jahr fast 1500 Leute gelebt. Geil. Und viele vom Dorf haben das erste Mal einen Einblick gehabt, weil die halt nicht 50 Steine zahlen wie früher für Bands, die sie nicht interessiert haben. So, es war eine Win-Win-Win-Situation gewesen, weil so haben wir jetzt unseren Rückhalt im Dorf nochmal verbessern. Jetzt haben wir das Jahr sogar ist es wieder am 1. August. Also wir machen jetzt eigentlich die inoffizielle 1. August-Feier fürs Dorf, wo sie können Wurst essen, irgendwie ein paar Rockbands spielen, irgendwie noch ein Glas Wein nehmen, die Kinder Freude haben. Wo für uns einerseits eben etwas im Dorf zurückgegeben ist, weil die feiern das halt mega, dass halt junge Leute im Dorf, oder ich nicht mehr so jung, etwas überhaupt ehrenamtlich auf die Beine stellen. Wir haben durch das mega Rückhalt auch beim lokalen Gewerbe, wo halt sehr viel Gegenleistung uns gibt im Sponsoring, dass wir irgendwelches Material oder Flächen brauchen. Also das hängt alles mit dem Ehrenamtlichen zusammen, weil wenn du eine Firma bist, irgendwie in ein Dorf gehst und einfach sagst, wir machen das Festival, dann wollen alle von dir auch Geld verdienen. Aber wenn du sagst, ey, wir sind Non-Profit, wir machen etwas für die Szene und so, wir machen noch etwas fürs Dorf, dann findet das irgendwie, da kannst du ja gar nichts dagegen haben. Ja. Dann findet das die vom Dorf geil, dann findet die Szene geil, wo jetzt Freitag und Samstag, wenn wir viel mehr Slots vor sind, eben im 16. Ja, sind es 14 Metal- und Punk-Bands gewesen, weil am Freitag ist halt eben mit, was ist glaube ich, JBO und Chakra, das ist andere Zielgruppe gewesen. Da sind die Leute nicht 2 Tage gekommen, sondern entweder Freitag oder Samstag. Und jetzt haben wir 28 Szenenbands. Ja, es wird automatisch, sieht das Line-Up halt stabiler aus. Aber wir sind nicht mehr Tage. Wir sind einfach, das ist immer auch meine Philosophie gesagt. Wir haben das hure Gelände einmal im Jahr. Wenn wir schon den ganzen Scheiß auf- und abbauen und die ganze Zeit die Arbeit machen, dann tun wir das Beste daraus machen. So früh anfangen wie möglich, so spät aufhören wie möglich, so viele Bands wie möglich, aber nicht, also eben, das Gelände kann nicht wachsen. Wir haben nicht mehr Bühnen, das heisst, alle, die das Billett kaufen, können jede Band schauen. Das hat fast kein Festival. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt keine Überschneidungen. Aber zum Beispiel, weißt du, haben wir dann gesagt, früher anfangen oder nur später hören ist nicht mehr geil, so lange ist es gerade, aber wir haben 28 Slots. Und ich habe halt immer gesagt, ja, ich habe das nicht mit fixen Quoten mir selber vorgeschrieben oder jemand vom Verein, aber ich sage immer so Handgelenk mal Pi, so, sind es jetzt immer etwa so 10, 11 Bands sind local. Ja, ich glaube es. Also der Ratio von also international du hast das letzte Jahr gewesen. Du hast bis zu Terror, sind es Local Bands gewesen? Oder habe ich das falsch im Kopf? Ja, auf der Zeltbühne habe ich es ein bisschen länger, oder manchmal hat es ja gegeben, dass irgendwie Local Band nachher gespielt hat. Genau, ja. also weißt du, ich wollte nicht jedes Jahr das Copy-Paste-Line-Up machen. Nein, das schon nicht, aber mehr einfach so für die Anzahl Bands schnell relativieren. Terror hat am 5 gespielt. Ja. Und wann war das erste Konzert gewesen? Wann hat Danny Taylor angefangen? Das war nicht das erste. Ist nicht Danny? Wer ist denn? Wir haben immer so, also, nicht der Flo Le Beau war der erste gewesen, oder? Genau, immer 1:30 bis 2 ist die Zeltbühne Anfang. Ja. Nachher 2 Hauptbühne, 45 Minuten, nachher nochmal einen kurzen Slot, weil dort haben wir einen Slot mehr geschaffen, weil halt so die jungen HC-Bands und Punk-Bands teilweise Mühe hatten, für 45 Minuten halt zu füllen. Und darum haben wir dann gesagt, machen wir 2-mal so eine halbe Stunde Set, weil aber das ist einfach nicht geil, weil, weißt, ist so ein bisschen schüch kennt ihr ja, ich meine, ihr seid genau so Vögel dann gewesen, dort so, bist mal so das erste Bier geholt, hast aber noch die Sonnenbrille angehabt, so ein bisschen schüch in den Start, ja. Aber du schon, Mama, du schon. Ich nicht, ich also, einen glatten Abend gehabt dort am ersten. Ja, crazy. Könnt ihr auf YouTube nachschauen? Eben darum, das ist so ein bisschen genau der Vibe, weißt du, so ein bisschen chillig in den Tag reinkommen. Ich meine, ich habe schon immer ein bisschen Präferenzen, zum Beispiel... Chillig in den Tag reinkommen, Bruder, es war noch Krieg die ersten 4 Bands, Mann. Abgesehen vom Flo Le Beau. Aber was du dort reingebucht hast in die scheiß Sounderia, es hat ja nur gerappelt, Alter. Ja, und dann gibt es jetzt noch eine coole Neuerung dieses Jahr. Ist der Plan, dass die Foodstände rauskommen. Also, dass das komplette Zelt ist. Früher haben wir immer noch die blöden Tische drin gehabt. Das ist jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall. Also, das wäre tödlich gewesen letztes Jahr. Ja. Wenn es bis Stücktür ganz Tisch drin gehabt hätte, dann hätte es Tote gegeben. Die Leute abtischen. Ja. Aber eben die ganze Küche-Detail, der ist jetzt auch draussen, heisst, es haben auch mehr Leute im Zelt Platz dieses Jahr.
Was ja eigentlich auch geil ist. Also wir sind dann nach wie vor, nach 30 Jahren immer noch neue Ideen, was kann man verbessern. Auch besuchende Feedbacks werden wirklich bei uns in der Sitzung dann auch angeschaut, was haben die Leute gesagt, was ist geil gewesen. Wir fragen da immer, kritisch, so hey, wie sind die Essenspreise, wie sind die Ticketpreise. Wenn ich zum Beispiel auch das Jahr, weil es uns wirklich ein bisschen Sorgen gemacht hat letztes Jahr, dass wir zwar vorverkaufsmäßig voraus sind, aber das hat nachher abgeschwächt über den Juli. Und wir sind wirklich am Tag selber irgendwie erst, die Wetterprognose war dann nicht mehr so geil gewesen, irgendwie um 4 Uhr am Nachmittag erst ausverkauft gewesen. Und jetzt haben wir dieses Jahr einfach gesagt, wir wollen mehr Planungssicherheit haben, weil wir eben, auch wenn wir Non-Profit sind, ist ja nicht die Idee, dass wir dann einfach Geld verbrennen. Wir müssen ja trotzdem schauen, dass es auf ein Null kommt mindestens. Genau, und dann haben wir jetzt Ticketpreise trotz der ganzen Inflation eigentlich plus minus gleich behalten. Also die Early Birds sind auch 99 Stutz gewesen, das erste Kontingent. Und jetzt sind wir bei 120, oder ich glaube, es ist nochmal ein Stutz 2 mehr wegen so Gebühren. Und jetzt haben wir gesagt, ab Juni gehen wir 10 Stutz rauf, 5 beim Tagespass und ab Juli nochmal. Aber eben, wenn das jetzt mit einem Monat Vorlauf angekündigt, Running Order ist das und da auch der Appell an mich, von mir, kauft einfach die Billett, wenn ihr wirklich gehen wollt. Und eben sonst haben wir jetzt Anreiz geschaffen, dass halt lieber Ende Mai das Billett kaufst und sonst musst du halt mehr zahlen. Wie viel wäre es denn, wenn du einen Tag voran jetzt noch den 2-Tages-Pass kaufst? Weißt du das gerade? Wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 140 plus eben nochmal 1-2 Stutz. Okay, aber jetzt, wenn du überlegst, das sind 140 Stutz für 28 Bands. Das ist ja crazy, ja. Das ist noch ein guter Preis. Und eben, es ist ja immer noch, das Camping ist noch dabei, der Shuttlebus ist noch dabei. Genau, und wenn du jetzt das runterbrichst auf 2 Tage, dann zahlst du gleich viel wie für Rise Against in der Halle 622. Ja, aber das ist eben irgendwie auch, weißt du, ich bin so in dem Booking-Ding drin durch meinen Job und eben halt noch das Grenchen und eben gerne auch an Local-Shows gegangen. Man muss sich halt manchmal ein bisschen wie vor Augen führen, dass wir halt immer noch kleine Szenen sind. Ich meine, ich behaupte jetzt mal mit dem Line-Up, was das Grenchen dieses Jahr hat, wenn das würdest irgendwo im Ballungszentrum mit Deutschland machen, hättest du 3 bis 4 Mal so viele Leute. In Leipzig? Hättest du ganz sicher Leute. Ja, oder im Ruhrpott oder halt eben, es gibt einfach irgendwie die Schweizer Szene und du siehst eben im Greenfield. Also ich habe dort bis heute nicht verstanden, dass man dort ein Jahr hatte mit Iron Maiden und Linkin Park, also 2 Bands, die das Hallenstadion füllen und nicht mal dort mehr als 30'000 Leute hatten, wo ich mich wirklich frage, was willst du denn noch bringen? Und ich glaube, ich habe mich voll damit abgefunden. Ja, nein, dann war es nicht mal ausverkauft gewesen. Nein, aber jetzt sind wesentlich mehr Leute gewesen. Ja, aber die verkaufen allein in Luzern 50'000 Billette. Und wenn es Greenfield headlinet und Hosen ist auch so gewesen. Das stimmt. Hosen hat in Luzern dort auf der Almend 50'000 gehabt. Sie haben das letzte Grund fast ausverkauft. Aber wenn es am Greenfield headlinet, obwohl noch Slipknot am anderen Tag spielt, kommen nicht mal 30'000. Das ist schon crazy. Aber das liegt, glaube ich, wahrscheinlich daran, weil halt einfach wahrscheinlich eben so Rammstein-Fans, dort hast du eben halt noch einfach die Büro-Rammstein-Fans. Und die gehen natürlich nicht das Greenfield. Ja schon, aber das sind eben komischerweise, und da wollte es niemandem auf die Füße stehen, aber das sind eben genau die Leute, die nachher irgendwie nachher wieder motzen, dass das Ticket 160 Stutz ist für eine Einzelshow, weil halt die Kosten so gestiegen sind und die Acts immer noch gleich viel vom Brot haben. Ja, das stimmt. Also weißt du, dort ist... Also die Festivals sind natürlich auch teurer geworden, aber wenn ihr sagt, auch bei Greenfield, auch bei anderen am Greenfield grossen Festivals... 240 Stutz für 3 Tage ist auch nicht so teuer. Eben, aber also, du hast immer noch mehr Bands fürs Geld als für eine Einzelshow. Ja. Ich kenne es auch als Stagehand. Wenn du eine letzte Grundshow hast, dann bauen 150 Leute Stagehands. Alter, also das über die Nacht ab mit der Technik-Crew. Also du hast dort, am Showtag hast du 300 Leute auf Platz. Ohne Securities und Stewards, wo nur irgendwie Technik aufbauen, Bodenplatten und so. Also ich habe ja neben der Hall geschafft. So für 2 Jahre. Bruder, was dort amix ein Lastwagen und Leute rumgekarrt sind für Shows. Es ist insane. Mein Parkway Drive, an dem Tag, wo Parkway Drive dort reingespielt hat, ich bin auf mein Leben nicht mehr klar gekommen. Jetzt sind einfach etwa, oder, nein, Parkway Drive war es nicht. Jack White war es, den ich dir doch geschrieben habe. Kannst du mal sagen, so Parkplatz weg. Was der als Lastwagen rumsteht, das ist schon 20 fucking LKWs für eine Show in der Samsung Hall. In der Hall, Entschuldigung. Ich wollte keine Schleichwerbung für koreanische Handyhersteller machen.
Ist es koreanisch? Ja. Gut. Ja, eben, und ich glaube, das ist immer ein bisschen Leute wie mir ein bisschen die Aufgabe, dass die Leute einfach ein bisschen vor Augen zu halten, eben, was halt immerhin dran ist und was die Preise stand oder wieso eben gewisse Konzerte halt eben teurer sind, wo Aha, das mit dem 70 Stutz für Residenz zahlen ist eigentlich mehr ein Ansporn gewesen, dass ich das gleiche Ticket kaufen soll, weil es gibt halt geile viele Bands. Ja, aber eben auch bei uns gibt es halt immer noch viele Leute in dieser Comfortzone, die halt irgendwie 3 Tage vorher den erst gekauft haben. Und eben, ich sage immer, hey, no judgment, so, Hauptsache ist eins gekauft, aber es wird halt ja, wenn du weißt, generell, aber das betrifft jetzt nicht nur das Gleiche, es betrifft jetzt unsere Shows bei Mainland, es betrifft auch von anderen Venues, von anderen Promotern, dass halt irgendwie wirklich schwierig geworden ist mit dem Gamblen, weil wenn wir zum Beispiel auch bei kleineren Tourneen jede Woche die Vorverkaufszahlen schicken, weil halt das Management auch wissen, hey, keine Ahnung, jedes Mal, wenn eine Single rauskommt, zum schauen, wie eben heute mit Daten, das ist ja geil. Ich meine, wenn wir einen Vorverkaufsstart haben, gehe ich auch alle paar Minuten aktualisieren, wie läuft es. Ist so wie Streams bei einer Release, du bist jeden Tag am Refresh. Genau, und darum, das ist auch wichtig geworden, weil eben, und das ist ja auch, da haben ja schon genug andere Leute gesagt, dass schon Tourneen auch abgesagt worden sind oder Shows zum Beispiel downgraded wurden, weil der Vorverkauf so schlecht war. Nachher ist eben, gehst irgendwie vom Dynamo oben, gehst ins Kleine runter und nachher ist es ausverkauft und nachher lätschen die Leute wieder rum mit «Ja, wieso haben das nicht?» also, ja, weil einfach, wenn niemand kauft, wenn alle in den letzten 3 Tagen vorher kaufen. Califon war mal so gewesen. Die haben ja oben angesagt und nachher war es unten ausverkauft gewesen und irgendwie sind 10 Leute rausgestanden, weil sie nicht mehr reingekommen sind, weil es keine Abendkasse Und das ist eigentlich die beste Werbung, weil ich meine, ich mache niemandem einen Vorwurf, wo wirklich einfach so ein bisschen, ja, es läuft heute nicht, ich gehe noch an eine Show. Das sind aber nicht die böse sind, aber wenn die Leute wirklich so pisst sind, so mit, ja, ich habe es jetzt verpasst, einfach so, ja, aber bist du wirklich ein Fan? Wenn du es erst einen Tag vorher kaufst. So wichtig kann es dir nicht sein. Und ich wollte mich da distanzieren. Ich will nicht alle am ersten Tag vom Vorverkauf kaufen. Aber auch für das Grenchen so, wenn ihr wirklich gehen wollt, wenn ihr zum Beispiel schon frei genommen habt. Ja, unbedingt. Also, dann kaufst du das Ticket. Haben wir jetzt wirklich gesagt, jetzt müssen wir doch ein bisschen die Schrauben anziehen. Wir wollen es sehr fair machen. Ich meine, du hast so bis, was haben wir jetzt heute? 8. Mai. Ja. Du hast noch fucking 3 Wochen Zeit. Du hast noch 3 Wochen Zeit. Vielleicht steht sogar 8, ist falsch. Um den 8. Hast du bei ihm auf die Uhr geschaut? 11. stimmt. Das ist, ja, aber es sind immer noch fast 3 Wochen, ja. Genau. Und ja, dass er einfach... Oder sonst wartet einfach und kauft es einfach im Juni, dann ist es immer noch ein bisschen früher und sie bekommen mehr Geld. Oder du wartest und nachher ist es ausverkauft. Nein, mach es kaufst das Ticket jetzt. Ja, oder du wartest und nachher ist es ausverkauft und nachher ist es selber schuld. Genau. Ja, aber das ist für uns, also eben für uns als Verein wäre das absolut das Beste, ein paar Wochen vor mal sold out sein, weil dann können wir auch die Leute ein bisschen Zwang einteilen, weil eben, wir haben Schichten. Ja, und du weißt und nicht, gewisse Schichten sind stehen. nicht so beliebt. Also ich meine, wenn du morgen um 2 noch am Burgerstand oder Bierlogistik arbeiten, time to shine. Weil wenn es ausverkauft ist und nachher nur noch die Randschichten, die wir noch nicht besetzt haben, die werden wir dann so können füllen, weil halt die Leute ihre Band schauen. Eigentlich ist morgen am 2-Schicht gar nicht so schlecht. Willst du die anmelden? Wenn sie dann anfängt. Oder wir suchen noch. Ja, nein, das Ding ist jetzt einfach rein. Ich wollte jetzt nur kurz die sich angemeldet haben als Helfer, aber noch nicht eingeteilt haben. Wenn du am Morgen um 2 erst anfängst mit der Schicht, kannst du alle Bands schauen. Ja, aber du musst dann auch noch im Stand sein zum Arbeiten. Das ist dann, ja, das ist nicht mein Problem. Das ist nicht mein Problem. Wenn die gehen Schotten dicht machen, kann ich auch nicht. Nein, ich meine, da muss ich wirklich sagen, wir haben wirklich Glück gehabt oder schöne Umstände, dass jetzt die letzten paar Ausgaben bis auf den Abbau haben wir eigentlich immer genug Leute gehabt. Im Grundsatz. Also es ist nicht so, dass jetzt an jedem Ecke irgendwie Leute gefehlt haben. Was ich aber öffentlich kann wirklich sagen ist, glaube, wenn ihr uns am meisten helfen, ist, wenn ihr auf den Abbau kommt. Weil halt beim Aufbau viele irgendwie schon Wochenferien haben. Dort haben wir teilweise sogar zu viele Leute gehabt. Aber eben, wenn ihr irgendwie, auch wenn es nur ein paar Stündchen sind, haut irgendjemand vom OK an vor Ort und das würde uns einen unhuren Gefallen machen. Das ist wirklich die letzten paar Jahre immer prekärer geworden. Weil
weil halt alle irgendwie helfen wollen, aber sobald das Fest vorbei ist, alle irgendwie auf eine Art verstehen ist, aber es ist halt so, wenn den Sonntag noch frei hast und in der Nähe wohnst, kannst du das Zelt abbauen, das Zeug irgendwo ins Auto tun und noch schnell 2 Stunden helfen, irgendwelche Häge abbauen oder Bodenplatten oder sonst bei der Bühne. Und einfach mal so eine Interessensfrage. Wie lange haben die jetzt das Zeug abräumen? Weil wenn du jetzt am Greenfield bist, ist am Sonntag die hohe Bühne ja schon weg, wenn du heimfährst meistens. Wie lange geht es bei euch so, bis das ganze Gelände weg ist? Weil ihr müsst ja auch noch das ist auch schnell, das ist jetzt 2-3 Tage und dann haben wir in der Regel immer am Mittwoch oder Donnerstag nach dem Festival ist noch das OK-Fötzeln. Also da kommen nur die vom Organisationsteam und laufen nochmal von zuoberst beim Camping bis unten zu der Hauptbühne durch und nehmen noch Ziegestümmel und so zusammen. Und dann ist eigentlich immer so plus minus der Abbau vorbei. Das Zeug abrupfen, das geht schnell. Das ist immer... Gut. Wie benehmen sich so die Leute am Grenichen so generell? So? Ist es so eine Abfallschlacht wie am Greenfield amix? Oder ist es ein bisschen weniger... Wir reden einfach mal das Zeug am Boden, weil es halt eher solche Szene-Bands sind. Hey, das funktioniert, glaube ich, in der Regel schon gut, aber als Ex-Raucher muss ich wirklich sagen, wenn das eben dann selber musst auflesen, die fucking Huren-Ziegestümmel. Und jetzt neuerdings die Snooze-Beutel. Das ist wirklich räudig, weil wenn du irgendwo im Dynamo oder im Volks oder so bist, wenn du es nicht kannst Silo machst, rührst halt am Boden. Wenn du darfst du nicht rauchen, aber das wird nachher zusammengenommen. Irgendjemand mit dem Bass oder der Maschine, aber wir sind auf einem fucking Feld draussen. Ja. Wenn es dann nachher noch wie das hier so schiffen, dann hast du nachher das hure Strohzeug noch. Hey, ich weiss, wenn einer hockt hast oder so, dann denkst du nicht mehr so dran, aber wir sind auf einem hure Feld draussen. Und eben wir vom OK gehen das am Schluss noch fötzeln. Wir haben ja nicht einfach wie irgendeine grosse Firma, die irgendein Riesenfestival macht, die einfach irgendeine Firma noch anstellt. Bei uns ist das wirklich noch so, jeder hure Snooze, den wir dort noch auflesen. Ja. Es scheisst einfach ein bisschen an. Es ist wirklich so, tun sie irgendwo bei euch sammeln oder tun sie wirklich einfach in die Abfalltonnen. Weil eben ein Teller oder so, die Sachen, die werden ja eigentlich nicht so, weil der Abfall, den siehst halt. Das ist nicht das Problem. Ja, aber so das kleine Zeug... Rühren es trotzdem nicht am Boden. Ja, das ist wirklich so... Aber wir haben jetzt nicht ein riesen Problem damit, wo man sonst in der Zeitung gelesen hat bei anderen Festivals. Benehmen sich die Leute sehr gut bei uns. Alright. Ja, alles Veganer, Alter. Voll. Hey, ich kann sonst noch... Oh, stimmt, du hast noch Fragen. Ja, Punkte, ja, ich kann alles aufgeschrieben. Du musst sagen, wenn du Stress hast. Hast noch, nein. Hast du noch irgendwie so gerade so vom Grenichen so irgendwelche funny Stories so Backstage, wo man noch den Leuten erläutern, wieso dass es sich lohnt, an das Festival zu gehen? Also sieht man eventuell irgendwie an dem Festival amix gewisse Mitglieder von gewissen Bands in gewissen Bars sich gottsjämmerlich abschiessen? Gibt es wahrscheinlich schon. Also, ich bin ja auch nicht immer rum. Also, ich meine, es sind dann doch 28 Bands. Ich versuche, alle kurz zu sehen. Vielleicht allen noch, vielleicht nicht gerade der Band selber bei der grösseren, oder ausser ich kenne sie, oder halt der Tourmanagement ein bisschen schnell Hoi sagen. Auch bedanken, dass sie da sind. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine eigene Dynamik. Also, es gibt schon, also was immer cool ist, ist zum Beispiel, wenn es so Featurings gibt, wo auch damals, der ist jetzt nicht mehr bei Die Hard, der Sänger bei Caliban auf der Bühne ist, für das Featuring. Was auch lustig ist, wenn sich so Bands untereinander kennen. Zum Beispiel, das ist jetzt dieses Jahr bei Beartooth und Stick to Your Guns passiert. Beartooth hat ja vorhin gerade auf der Hauptbühne gespielt. Ja. Dann haben sie das Zeug abgeräumt. Und plötzlich, ich bin noch bei ihnen rumgestanden, dann haben wir eigentlich zu Stick to Your Guns gewählt und plötzlich haben sie angefangen zu rennen. Und dann ist, ich glaube, der Drum oder der Guitar-Tag ist so bei Stick to Your Guns von der Seite so auf die Bühne. Ich weiß nicht, ob das noch die Leute gesehen oder ob alle schon eins am Helm hatten, aber ist er quasi so, die anderen haben es dann so gefilmt und er ist einfach so auf die Bühne gerannt, hat so wie ihnen irgendwie so gewunken, dass sie halt checken, das ist der von der Beartooth Crew und ist einfach, glaube ich, schon auf den Drumriser und hat einen Backflip gemacht und ist wieder gegangen. Yeah! Also wir haben wirklich so gesagt, ja komm mal schnell mit, das wird lustig. Und das sind einfach so quasi ein bisschen Stick to Your Guns trollen, weil sie halt mit diesen Buddies sind. Und Dings hat glaube ich auch einen guten Abend gehabt. Ich sage jetzt die Bands nicht, sie haben am Freitag gespielt, sie sind von 2 verschiedenen Ländern gewesen. Ja, also ich sage jetzt einmal, ich zitiere nur den Post, den ich von Grenichen gesehen habe, oder irgendwo in Instagram habe ich auf jeden Fall gesehen, dass
Ich weiss nicht, wer das gepostet hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 3 in diesem Raum nicht wissen, wer den Satz geschrieben hat. Aber anscheinend hat Hawaii Bar Schotter dich gemacht. Ja, also es ist dann wirklich lustig, wenn dann auch Bands ein bisschen den Spirit, den wir in die Welt raustragen, die positiven Vibes, dass man eben bei uns hinten ein bisschen wirklich gut festen, sich die Leute hoffentlich auch eben benehmen, auch gewisse Ich glaube, nicht übertreiben, auch irgendwie auf ihre Mitmenschen ein bisschen Acht geben, aber eben, wenn halt morgen um 2-3 paar Bier geflossen sind. Ja, aber ich oder meine, noch Shots, wenn dann noch Jägermeister geholt wird und denkst so, oh, die werden eine gute Tour haben. Und sie haben das von sich aus gemacht. Ich bin nicht noch nebendran gestanden, aber das sind so die, und auch schon, was ich immer schön finde, ist so aus der Gästensicht, wenn halt etwas, dass irgendwie Leute sind, die sich getroffen haben und so Best Friends werden oder Beziehungen oder auch sogar bis zur Bandgründung. Also ich kenne ja nicht alle Geschichten. Ja. Das müsste ich mal das Grenchen irgendwie posten, einfach so, postet mal eure Best Memories oder so. Idee, ja. Sie haben mal, glaube um Corona, man hat mal so die richtigen Posts gegeben, wo irgendwie alle so eine Geschichte müssen erzählen. Und das ist, glaube ich, so nach 30 Jahren in der Region halt schon ein schöner Faktor, weil halt eben auch bei uns irgendwie eben, es ist nur so überschaubar. Ja, aber es ist wirklich geil. Aber ich muss sagen, mein best Grenchen Moment war der, wo wir sind Donuts schauen und auch in der Hawaii Bar gelandet sind. Der Butch ist heimgefahren, er war nüchtern, der Domi und ich, hockevoll. Der Domi auch so, boah geil, es läuft Biene Maya. Ist irgendein Biene Maya Techno-Remix gelaufen. Domi hat angefangen Two-Step und einfach Batsch! Aber voll auf dem Gesicht gelandet. Ja, ich habe auch noch einen guten, aber das war noch, als ich privat gegangen bin, wo, glaube mein erstes Jahr war, 2012 mit Boys Sets Fire, Unearth, Madball, Long Distance Calling. Hey Brudi, was ein Line-Up. Und dort bin ich, glaube auch so räudig unterwegs gewesen. Und ich glaube, ein Zelt dabei gehabt, aber wirklich kein Mätteli. Einfach so gedacht, ja, sonst muss ich so viel drehen. Ich bin nur so, das war ja nur ein Tag gewesen. Und ich weiss noch, irgendwo bei einem Bierstand haben sie noch das Fass geleert und jetzt einfach so das Ganze, so das Tablar voll, du einfach gratis mit und dann irgendwie 3 oder 4 Bier weggenommen und bin, glaube noch irgendetwas zu essen geholt. Und dann, ich weiss nicht, ob es irgendein Veggie-Hotdog oder so war. Es war wirklich schon spät und ich nicht mehr nüchtern. Aber dann habe ich irgendwie so reingebissen und dann so flatsch, so eine hure Mocke Ketchup, so eins von diesen Bier rein. Und ich einfach so, nein! Und ihr kennt, wenn ihr schon hagelvoll sind und euch irgendetwas euer Bier passiert, das ist wie wenn nachher irgendein Haustier stirbt. Das ist einfach so fast am Brüllen so, nein, mein Bier ist so Ketchup reingehauen. Und dann habe ich, glaube ich, das eine, das ich noch hatte, habe ich dann noch getrunken und dann bin ich liegen, aber irgendwie ist mir das noch so geblieben, die Gratis-Bier und dann so das Ketchup reingehauen. Das ist so gut. Oder ich glaube, im Jahr, 2 Jahre später bin ich dann an das, wo Heaven Shall Burn Headliner war, mit 14. Und dort habe ich irgendwie gerade, das war so der Sommer, wo ich meine GoPro entdeckt habe. Und ich habe wirklich noch geile Aufnahmen, wo wir zum Beispiel Flunkyball auf dem Zeltplatz gespielt haben und dann bin ich gerade bei More Than 1000 im Zelt noch Crowdsurfen und runtergefallen. Ich habe wirklich noch so... ich habe die Videos noch daheim. Also das ist wirklich, das war noch, bevor ich jemals gewusst habe oder mir nie vorstellen konnte, dass ich mal dort ein Booking mache. Aber das war alles noch so in der Anfangszeiten. Das passiert aber relativ schnell, so Zeug. Oder das Highlight so hinter der Kulisse, aber das haben sie selber an die Medien gebracht, war Insanity. Jetzt 61, wo es ihre Gage verloren haben, weil ich habe die ihnen noch gegeben, so ein Kuvert, das so angeschrieben war, einfach mit ihrem Dings. Und sie haben dann so quasi das Visa-List und einfach schnell unterschrieben, ja, wir haben Gage bekommen. Dann so, also noch einen schönen Abend. Und nach dem nächsten Tag ist dann plötzlich so, haben sie über Production, nachher ist es zu mir gekommen, so, ja, ob wir irgendwie die Gage gefunden haben. Und sie ist dann wirklich noch auftaucht. Irgendjemand hat das, glaub, ich weiss nicht, es ist nachher auch 20 Minuten so gekommen, so könnt ihr es nachlesen. Geil! Ich glaube, irgendjemand hat das wie gefunden und dann eben abgegeben. Und dann ist wirklich nachher das so verknittert irgendwie noch so um. Aber das Geld war noch drin gewesen. Und sie sind irgendwo saufen und haben nachher das Kuvert verloren. Shit. Aber das ist irgendwie auch unser Vibe, dass das wieder so vorgekommen ist. Also, das ist super, ja. Wir haben dann ihnen nachher einfach Gage überwiesen. Die ist dann sicher angekommen. Das ist geil. Aber das ist wirklich nachher auch so in den Zeitungen gekommen, so, ja, da irgendwie Hardcore- und Metalband verliert Gage. Und das ist etwas, was in 20 Minuten ganz sicher drin steht, ja. Definitiv. Und du? Was ist deine eigentlich Geschichte? Meine Geschichte? Fuck me, man. Also ich muss sagen,
Du hast doch ein gutes Jahr letztes Jahr, wenn wir einen Podcast haben. Good Run haben sie gerade, die Huren sicher. Mich alle ausgelacht, weil ich heimgegangen bin über den Abend. Ich kannst gar nicht mit uns saufen. So. Die haben selber nicht mehr miteinander saufen, was statistisch 10 ins Bett haben müssen. Das Lustigste war sicher, nachdem wir die Podcast-Folge nicht gemacht haben. Leider haben wir es nicht aufgenommen, aber ich bin nachher aufgestanden. Du bist doch noch Leute interviewen, oder? Ja. Eben das war vorher nicht von dem, was ich jetzt erzählt habe. Voll, genau. Also, dort haben wir beim einen Video bin ich im Hintergrund einfach am Rädchen und Liegestütze machen. Ja, genau. Ich bin auch schon nicht... doch, ich bin nüchtern gewesen. Das war aber noch am ersten Abend gewesen. Ja, am ersten Abend gewesen. Und dann bin ich aufgestanden und ich habe mein Gleichgewicht verloren und ich habe den Tisch kaputt gemacht vom Mike. Und das Bier ist einfach überall in das ganze Equipment geflossen. Alles funktioniert noch. Schön, die Handmikrofone haben im Fall 2-3 Monate später noch nach Bier geschmeckt. Ja. Nein, und das Gute ist, weil wir haben Glück, dass wir den Mikrofon noch dabei haben zum Podcasten, weil dann ist bei Severas Breath das Mikrofon kaputt gegangen. Und dann sind wir gerannt, um die Mikrofon zu holen. Also du und der Tim? Ja, ich und der Tim. Der Tim ist schneller zum Glück und hat nachher zurückgerannt. Ich kann nicht können. Tim ist apparat. Ja, er ist ready gewesen. Und ja, nachher haben sie mit einem nachher fertig, mit einer von denen haben sie nachher fertig gespielt. Aber bei welcher Band haben die auch am Freitag so abgeschossen? Die haben sich bei keiner Band abgeschossen, die sind schon besoffen gewesen, bevor die erste Band gespielt hat. Wir haben einfach aufgebaut, angefangen und... Ich bin angekommen und wollte fragen, ich konnte irgendeine Band schauen und sie also, nein, wir müssen jetzt saufen. Ich habe die ersten 4 Bands, glaube ich, selber gesehen, bis... Bleed From Within gespielt hat. Nein, da bin ich eben froh, habe ich aber wirklich noch eine Funktion dort, weil ich habe mir eigentlich meine Faustregel ist immer, ich fange an Bier zu trinken, wenn alle Bands auf Platz sind. Weil ich habe doch über die Jahre aus verschiedenen Gründen wirklich in Extremis müssen Ersatz suchen. Und wenn dann irgendwie schon 2-3 Bier und gute Laune und plötzlich kommst du irgendeinen Anruf über Headliner hat den Flug gestrichen, weiss nicht was. Da bin ich richtig am Arsch. Darum habe ich einfach immer so das Gute ist am Grenichen, du kannst eigentlich theoretisch sehen, wenn du wirklich nichts findest, kannst du einfach auf die Bühne stehen und das Gefühl haben, hey, welche HC-Band ist gerade und könnte jetzt eine halbe Stunde Set spielen? Ja, aber es ist dann gleich noch, weißt du, der ganze Rattenschwanz hinten dran. Darum sage ich immer, hey, wenn alle vor Ort sind, dann habe ich meinen Job gemacht. Ja, das stimmt, das ist letztes Mal kurz vor Pennywise gewesen, wo du mir im Backstage mit einem Bier über den Weg gelaufen bist. Ja. Kann das sein? Ja, aber eben, das ist immer so, meistens ist es so 5, 6 am Abend, ist alle, weißt du, spüre ich auch ein bisschen, sind alle rum, ist der Vibe gut. Und dann, ich meine, ich habe genug andere Festivals, wo ich... Kannst du blöd tun, ja. Ja, darum. Aber es ist natürlich auch schön, wenn dann alles läuft, so ein bisschen nicht nur mit irgendwie Friends oder mit Bands, sondern auch mit denen vom Team, weil eben, wir haben jeden Monat eine Sitzung, man schafft halt drauf an und jedes Jahr ist es wieder aufs Neue erstaunlich, was irgendwie da mit ehrenamtlicher Arbeit irgendwie auf beigestellt wird. Und schön, dass das immer auch jetzt nicht nur von euch, auch sonst Leute im Umfeld immer auch schätzen oder auch eben früh ein Billett kaufen, irgendwie anderen nur schon erzählen, nur schon, dass ihr es im Podcast erwähnt, ist ja für uns als Grenichen-Team geil, also dass wir das auch so gepusht werden und supported will. Ja, mit Trashed Joker. Wir brauchen ja nichts, ich meine, vom Grenichen-Team, das machen alle in der Freizeit. Also es ist so, das Einzige, was uns kannst supporten ist, entweder das Billett kaufen oder helfen kommen, oder wenn beides nicht geht, wenn du zum Beispiel keine Zeit hast, einfach irgendwie spread the word. Ja, voll. Ich meine, mit Trash genug Festivals, die keine Schweizer Bands buchen und dafür tun wir auch Festivals erwähnen, die genug Schweizer Bands buchen, das ist schon gut. Weil das schätzen wir auch als Leute, die in Band spielen. Also ich meine, zum einfach mal Festivals haben, wo wir das tatsächlich ich liebe es vor allem auch, wie es Grenichen Schweizer Bands bucht. Es gibt einen Post, kannst das Formular ausfüllen, dann ist es gut. Nicht mehr, nicht weniger. Genau. Und wenn die Leute immer das Gefühl haben, das ist eine Finte, aber ich arbeite wirklich mit dieser Liste, weil ich zum Beispiel gewisse Bands vielleicht vom Namen kenne, auch schon gesehen habe, aber gar nicht, also weißt du, klar, also ich fände es ein bisschen räudig, wenn du über Insta fragen, was ist eure Kontaktdaten, weißt du, und ich habe dann alles gerade drin. Und was ja viele Bands auch nicht verstehen, ist, dass manchmal kompliziert ist, oder ich mache mir da vielleicht selber fast zu viel Gedanken, aber die Line-Up-Zusammenstellung ist wie, wenn du ein Bild malst. Manchmal genauso oder irgendwie genau das fehlt noch. Und dann kann es halt sein, dass eine Band, die Hardcore macht, eigentlich das Gefühl hat, sie würde perfekt passen, aber ich sie wegen dem nicht buchen, weil zum Beispiel Menschen zu viele Hardcore-Bands oder einfach so.
es sind so viele Faktoren und ich kann das nicht sagen, so oder so mache ich es. Ich muss quasi einfach anstehen und sagen, das ist mein Line-Up. Und es wird immer jemanden geben, der das Line-Up scheiße findet oder Bands, die halt enttäuscht sind, dass sie sich jedes Jahr bewerben. Ich verstehe den Frust. Ich war in einer Band 15 Jahre und ich kann das nicht objektiv irgendwie erklären. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man einfach das Formular ausfüllt und eben nachher auch nicht irgendwie stürmen, weil ich meine, das Einzige, was du dann machst, ist, du fällst negativ auf. Ja, genau. Ja, und eben generell, das betrifft ja nicht nur mich, aber ich glaube, so beim Booking macht dir niemandem gefallen, wenn er irgendeiner Show einfach irgendwie voll labern, weil ich bin vielleicht sogar privat dort oder so und einfach so, ja, morgen habe ich den Namen von euch wieder vergessen, das ist nicht irgendwie jetzt arrogant gemeint, sondern ich habe halt viel mit Bands zu tun. Ja. Und wenn ihr das Formular ausfüllt, ich fange ja meistens Sommer oder eher Herbst an mit den grossen Bands und eben, ich tue manchmal so ein bisschen aus Taktik, einfach so 1-2 Schweizer Bands in die erste Welle. Aber ich meine, jetzt die meisten Schweizer Bands also, ich meine, ihr könnt, also wenn das jemand nicht glaubt, schreibt dann und fragt, wenn ihr das Mail vom Mumi bekommt, ist meistens so Februar, März. Ja. Einfach weil erst wenn alle anderen muss man schon schauen, welche Bands das Jahr am Grenichen Wenn spielen. zum Beispiel die Slot-Verteidigung ist manchmal zum Beispiel Bass, oder zum Beispiel, was ich immer ein bisschen will, ist am Anfang so ein bisschen, fast ein bisschen so Akustik-Opener oder so. Und klar könnt ihr dort 50 Metalcore-Bands brauchen, aber es passt dann einfach nicht. Ja, das Ding ist ja, ich habe das Gefühl, auch die Schweizer Bands sind auch dort am Grenichen, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, das Wort klingt blöd, aber so ein bisschen zum Auffüllen, zum das Line-Up komplettieren. Weil du hast ja deine grossen Acts und dann kannst du mit den Schweizer Bands wie noch Akzent schaffen. Genau, aber eben, das sind dann auch immer ein bisschen Kombinationen, die Best Case dann auch Sinn machen. Oder wo die Kondimente müssen die Soße auch passen. Oder? Ich hoffe, spielen das Small District und Breakdown of Sanity am gleichen Tag? Ja. Gut. Also die Running Order haben wir ja auch schon draus. Also ja, ich weiss, ich kann sie nur nicht auswendig. Ich weiss, dass der letzte Act Silosis ist und das Vodio irgendwann spielt. Und das finde ich geil. Genau, und eben, ich meine, schlussendlich mache ich halt auch nur das, was ich kann. Ich meine, ich bin auch kein Gott, ich bin auch nur einfach ein Dude von der Szene, der das Privileg hat, das zu buchen. Und ich habe nie den Anspruch an mich, dass alle Leute auf dieser Welt mit dem Line-Up zufrieden sind. Ich sehe es immer so, einerseits mache ich es so lange, wie ich Freude dabei habe. Ich meine, ich kann es auch cool mit meinem Job connecten, hilft auch im Grenichen quasi über die Connections. Aber ich muss nicht die Welt retten mit dem Line-Up. Schlussendlich, am Schluss muss ich ein bisschen plump wieder sagen, es ist ein Produkt. Entweder kaufst du es oder kaufst du es nicht. Aber es ist so, blöd gesagt, kann ich sagen, ja, schau, wenn wir ausverkauft sind, habe ich einen guten Job gemacht. Wenn wir 130 Minus machen, dann habe ich keinen guten Job gemacht. Mein Approach ist nicht, dass jede Band in der Schweiz sagt, wow, das ist das beste Line-Up, das sie gegeben hat. Und wenn sie nicht dürfen spielen, sagen, das ist scheiße. Also, ja, who cares? Also, es ist so, ich mache es für die Leute, die Freude haben. Also am Schluss die Festivalbesucher sind die es für denen sollte es passen, für den Rest ist scheißegal. Ja, und eben, wir schauen das Feedbacks an. Ich meine, teilweise verstehe ich das, teilweise verstehe ich es auch nicht. Eben, also, ich weiss nicht, ob die das amigs ernst meinen, aber halt gewisse Leute haben halt kein Gespür, wie gross eine Band ist. Also eine Band, die in der Halle 622, für die es nicht wissen, 3'500 Kapazität, dort oder in der Hall spielen, oder das Z7 3 Monate vorher ausverkaufen, die sind viel zu gross für uns. Also, da gibt es wirklich jedes Mal irgendwelche Vögel, die dann irgendwie Toten Hosen oder Slipknot oder weiss nicht, Papa Roach oder so, grosse Bands, nicht, dass ich nicht die würde buchen, aber die Bands die Toten Hosen müsstest du einfach unter ihrem Synonym buchen. Nein, aber dann müsste das sie auf uns zukommen. Weißt du, wenn sie sagen, wir wollen irgendwie so etwas funny machen oder auch Stick to Your Guns, ist ja eigentlich zu gross für den Slot, aber dort haben wir die sind so spät gekommen und haben noch spielen und wir haben kein gescheites Slot mehr frei und darum habe ich mit ihnen zusammen dann gesagt, schau, ihr macht dort aber den Slot auf dem Zelt, weil der ist der, wo wir noch frei haben oder wo ich noch freischaufeln konnte. Ich habe fast kein Budget mehr gehabt, aber habe dann irgendwie das noch sie überzeugen und sagen, schau, wenn ihr wollt spielen, wir finden uns, aber dafür machen wir noch 2 weitere Schweiz-Shows, wo sie schon Pause gehabt hätten. Dann haben sie Bad Bonn und Sunset Bar, also 2-mal eher Romandie gespielt. Und für alle war es geil gewesen, weil sie haben quasi dann so eine komplette Tour gehabt, ohne Off-Days. Und sie haben ja an unserem Tag noch am Szene Open Air gespielt. Ja. Und es hat wirklich einfach,
das ist so der Lucky Punch für alle. Ja. Wo einfach schon irgendwie, es hat einfach alles gepasst. Also das ist auch absolut insane. Die haben dann fucking Szene-Open gespielt, sind im Bus eingestiegen, sind ins Grenchen gefahren und haben dort ja, es ist 2 Stunden mit, also du fährst 2-mal, biegst rechts ab beim Szene-Open Air und nachher ist gerade Zoll. Ja. Und es ist schön, hat das geklappt und eben ich arbeite gerne mit Stick to Your Guns zusammen, sind wirklich ein tolles Team, tolle Band. Und sie haben auch Freude gehabt. Eben, ich meine, und dann die ganzen Vibes noch eben so mit Beartooth, die sich gut verstanden haben. Ja. Und das ist so ein bisschen die Magie, weil eben wir sind nicht die Metallica haben, wir sind nicht die Slipknot haben. Wir müssen den Leuten etwas anderes bieten. Und ich glaube, die kommen, die schätzen das auch. Ja. Sorry, das Line-Up. Ja, weißt du, es ist ja nicht nur das Line-Up, es ist auch... Alles, es ist alles. Dass wir irgendwie gewisse Leute aus einem politisch rechten Spektrum nicht irgendwie unbegrenzt tolerieren. Ich meine, ich spreche jetzt auch nicht für das Festival, das ist ein bisschen so mein persönlicher Vibe, aber wo sich auch Leute, dass man sich auch wohlfühlt, egal wer du bist, was deine Identität ist, dass einfach bei uns eigentlich ein Ort soll sein, wo sich alle können sicher fühlen. Es ist so cool, das Festival. Wir sind am letzten, Vibes sind das shit. Bei der letzten Band sind wir ja da gestanden und haben irgendwelche Leute angefangen, so ein Bänkchen vor, irgendwie, keine Ahnung. 12, wann ist es fertig? Keine Ahnung, ich meine so 11, 12 umeinander. Einfach so die letzte Band am Spielen, da, wie haben sie geheißen? Shadow of Intent, oder? Und einfach so, siehst du einfach so 2, 3 Leute auch so die Festbank reinführen tragen und stellen sie nachher an, hocken dann drauf, trinken zu Bier und schauen dieser morbide Deathcore-Band zu mit dem Bänkchen so, ja, das ist das Leben. Nein, ich glaube, das macht eben das Grenchen ein bisschen aus, dass wir wie einfach so eine Wohlfühl-Oase, jetzt ein bisschen plump gesagt, anstreben. Aber dass einfach, ja, keine Ahnung, Leute, die irgendwie Stress suchen oder irgendwie sich in so einem Spektrum begeben, wo sie einfach am falschen Ort sind, dass die Leute am besten gar nicht kommen. Und wenn sie kommen, dass sie sich einfach, ja, ich mache das Booking, das ist nicht mein Festival, ich habe nicht auf jedes Ressort gleich Einfluss, aber eben, wir sind da auch immer zugänglich, wir haben eine E-Mail-Adresse, man kann eigentlich sagen, hey, ich finde es nicht geil, dass bei euch das und das und eben, wir haben Sitzungen, wir haben alle nur einmal im Monat die Sitzung, um das Grenchen geil zu machen. Und wenn du jetzt jemanden zulässt und der sagt, ey, ich finde es irgendwie schade, dass er das und so nicht macht oder für die Leute irgendwie das fehlt, das kann ja alles sein, weißt du? Aber wir sind da wirklich offen für Inputs. Und eben für da haben wir auch tolle Leute im Team, die dann jeweils in ihrem Ressort einen geilen Job machen. Und wenn es beim Booking Verbesserungsvorschläge gibt, dann dürfen wir das natürlich auch sagen. Also ich meine, ich kann schon ich will nicht unbedingt schreiben und sagen, ja, ich finde schon, dass nicht meine Band das spielt, aber sonst für andere Sachen machen. Aber also, anhand von dem wäre jedes Festival-Line-Up scheiße, wenn meine Band nicht dort spielt. Aber Umi, du wirst in dem Fall viel terrorisiert von Bandleuten an Konzerten wegen dem? Teils. Also es ist nicht bei jedem Mal so, aber ich tue halt dann auch immer lieb sagen, so, hey, du doch das Formular ausfüllen. Es ist auch wie, wenn Leute mir im Facebook oder im Insta schreiben. Klar kann man mir vorwerfen, ich tue dann auch wieder die Shows teilen, die ich gebucht habe, aber schlussendlich sind immer noch Privatprofile. Wo ich halt immer auch... Eben, mir geht es ein bisschen um den Überblick haben. Weißt, wenn ich im Herbst eine Bandbewerbung bekomme fürs Grenchen, ich weiss doch noch nicht, wer ich dann buche in 3-4 Monaten. Und darum eben das Formular, das glaubt mir irgendwie niemand, aber ich brauche das wirklich. Alright, weil dann kann ich auch schön sortieren und sagen, ich brauche noch irgendwie eine HC-Band, nachher kann ich halt nach Genre filtern. Das hilft mir auch. Vielleicht bin ich einfach naiv, aber ich habe die hure Homepage gesehen und gedacht, ja, ist gut, das schreiben wir jetzt. Aha. Ist super Formular. Ja, aber eben, es ist perfekt, dass man wenn man das ausfüllt. Und ich tue dann auch immer lieb darauf hinweisen, eben, wenn dann mir irgendjemand schreibt und dann so, ey, look, ich weiss noch nicht, aber füll doch einfach das Formular aus. Merci. Vor allem auf dem Formular steht auch alles drauf, was du machen musst. Weil sonst, wenn es also, ja, schreib deine Bandbewerbung da hin an eine E-Mail-Adresse, dann ist einfach immer so, geil, was kommt jetzt da alles drin? Eben, und im Formular hast du halt schön, du hast gerade den Namen, du hast Webseite, du hast Hörproben, du hast eben auch wichtig immer Region und Genre, weil, ich meine, sorry, die Chance, dass eine Band aus Italien oder Deutschland mit 500 Likes bei uns spielt, sind wir mal ehrlich, ist gleich 0. Aber dass die halt irgendwo abgeholt werden, aber für die Schweiz Bands, weil eben, klar kann man sagen, so, ja, mir geht es nicht darum, welche Band welches Auto-Kennzeichen hat oder so. Es geht mir halt einfach darum, dass wir irgendwie lokal so verankert sind, dass wir sind nicht ein Newcomer-Festival für die ganze Welt. Es ist mehr einfach so, das ist ein bisschen der Gedanke, dass wir halt auch
Was ich auch immer schön finde, dass ich immer versuche, ein paar Bands aus der Romandie zu buchen. Stimmt. Weil halt für die immer schwieriger ist, in Deutschschweiz Fuß fassen. Und wenn du halt in der Deutschschweiz am Festival gespielt hast, ist halt auch da wieder geiler, irgendwie Line-Ups reinkommen. Ja, voll. Nein, aber das ist auch ein Thema, das ich auch in meine Liste also wie lang ist deine Liste noch? Hey, meine Liste ist noch. Stell mal deine Frage. Voll. Genau. Zum Beispiel genau. Die Tipps für Opener-Slot-Bands von internationalen Headlines. Beziehungsweise du hast gesagt, so, wie Bands für Bookers eigentlich attraktiv sind oder wie auch im Radar von einem Booker kommst, oder? Was würdest du den Bands für Tipps geben, um auch nachher ein Kandidat zu sein für einen Grenchen oder für eine Mainland-Show? Also ich sage es jetzt auf mich subjektiv bezogen, ich weiss nicht, wie da andere das cool finden. Was sicher immer ganz wichtig ist auf eine konkrete Show bewerben. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn einfach sagen, wir haben ein neues Album, wir wollen supporten. Okay, so, bei einer Hip-Hop-Show, bei einer Punk-Show, also wirklich, macht schon vieles richtig, einfach sagen, bei dieser Show oder dieser suchen wir noch Support. Ja. Was dort oft das Problem ist, jetzt gerade so im Punk weniger, vor allem im Metal, ist halt, dass immer gerade Packages sind. Also ich weiss jetzt schon, für Motionless in White oder Wild She Sleeps, so, dort hat es 3-4 Vorbands und dann haben wir null Chance auf einen Local Opener. Ja. Das können wir aber halt nicht öffentlich anschreiben, weil ja die Supports noch nicht angekündigt sind. Darum lieber eigentlich zu viel fragen, auch da bitte per E-Mail, nicht irgendwie zu Abend um 10 Uhr im Insta, weil entweder bin ich dann nicht am Arbeiten und zweitens vergiss ich es dann. Ja, klar, eben per E-Mail fragen und auf ein konkretes Datum, da macht er schon vieles richtig. Alright. Also nur in dem du siehst, hey, look, Konzert ist angesagt worden, du weißt noch nicht, was oder nicht mal, wenn es angesagt wurde, ist so der beste Zeitraum ist etwa 3 Monate vorher. 3 Monate vorher, alright. Weil oftmals wissen die Band selber auch nicht. Also ich habe zum Beispiel auch ein Beispiel jetzt, vielleicht kann ich das jetzt überlesen, ich weiß nicht, ob es der Booker zulässt, aber für die Landmarks Tour. Ja. Sind ja, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, sind ja 2 Supports gerade mit der Ankündigung draussen gewesen, aber nachher ist irgendein Monat vorher, wir haben es schon vorher gewusst, aber nicht am Anfang, ist noch ein Guild Trip als Opener mitgekommen. Also weißt du, manchmal wissen die Band selber auch noch nicht, 9 Monate vorher bringen wir einen Support mit, bringen wir 3 Supports mit, oder dann hast du jemanden fix und sagt nachher ab, bevor es ankündigt. Also es ist so, oder eben jetzt, wenn es ja vorher von dieser Show jetzt hatte, im Werk 21, die Anfang Juni, wo quasi der Tour-Support ist dann plötzlich nur in England dabei, weißt du? So. Ja. Also es sind so, eben, lieber eigentlich zu viel als zu wenig fragen, aber halt auch nicht stürmen, weil wir wissen manchmal nicht mehr als ihr. Also Faustregeln, schaust mal das Konzert so etwa 3 Monate im Voraus mal schreiben, hey, wir würden das als Opener für diese Show, wir spielen so viel und so viel, ähnlicher Sound vielleicht eben nicht gerade einen Pop-Artist irgendwie als Deathcore-Band bewerben. Oh, das war fucking great. Aber das ist einfach ein guter Punkt. Ich habe nämlich am Kill the Lights Konzert hat Drawn by Evil gespielt. Das ist eine deutsche Modern Metal Band. Tönt recht ähnlich wie Glamour of the nicht Glamour of the Kill, wie Kill the Lights selber. So ein bisschen Metalcore, aber ohne Core. Und ich habe dann kurz mit denen geschnurrt, weil ich den Sound geil gefunden habe und irgendwie gerne mit denen wir spielen nächstes Jahr. Und sie haben dann gesagt, ja, sie hätten einfach den Venue geschrieben. Weil sie haben gesehen, dass Kill the Lights kommt, ohne einen Support angekündigt zu haben. Und dann haben sie quasi den Venue geschrieben, wobei ich in der Nähe war, von wegen, hey, wir haben gesehen, Kill the Lights spielt dann. Gibt es jetzt schon einen Support? Genau das, was ihr jetzt auch gerade besprochen habt, nehme ich an, als ich kurz auf dem WC war. Und dann hat Venue so das Gefühl gehabt, nein, sie suchen Local Supports. Und das passt eigentlich, von dem her sind wir ready. Und dann, das war aber nicht die Show, wo ich gegangen bin. Das ist egal wo. Ja. Aber eben darum habe ich das mit den 3 Monaten gemeint, weil eben oftmals die Bands oder die Booking-Agentur oder der Local Promoter auch noch nicht weiss. Ja. Irgendwie ein halbes Jahr vorher kommt eine Band, kommt 2 Band. Darum ja. Das Gute war dann eben, anscheinend war dann so, dass 3 Tage vor dem Konzert der Bassist, also der Ex-Bassist von Bullets von Valentine, mit seinem Instagram-Profil der Band geschrieben hat, fragen, hey, wir haben kein Support-Bands für die nächsten 2 Tage. Wenn der mitkommt. Geil. Und dann hat es quasi wie so eine kleine Tour gemacht aus dem, weil es einfach, eben, amigs kann es auch so klappen.
Ja, nein, ich meine, wir sind auch immer froh, wenn wir irgendwo Local Support haben. Ich meine, euch beide haben ja dort schon Danke gesagt für Seimis, wo einfach so Win-Win war, für alle geilen Abend. Das ist eine gut. Also weißt du, ich bin der Erste, der irgendwie da Local... Ich tue es auch immer, ohne dass irgendjemand das weiss, aber ich tue halt von mir aus auch immer fragen, bei den Agenturen so, hey, können wir dort Local Support? Manchmal sagen sie einen Knallhart einfach so, nee, wir bringen jemanden selber. Und ich so, gut, aber ich habe wenigstens gefragt. Aber dann ist es ja fair. Ja. Und eben erwartet auch keine Antwort, weil die E-Mails kommen schon an, wenn ihr keine Fehlermeldung bekommt, aber man kann halt nicht jedes Mal antworten, nehmen das nicht persönlich, aber eben, ich glaube, es gibt auch da wahrscheinlich, wo die Leute zulassen, jetzt neben euch so genug Beispiele, wo ich auch Local Bands reinnehmen konnte, wo das auch geklappt hat, aber eben manchmal muss man halt einfach warten. Es kann sein, dass 2 Wochen vorher erst das Go kommt. Das liegt alles nicht in unseren Händen. Ja, voll. Aber du bist der Kämpfer in der Backlines, nein, in der Frontlines. Frontline. Der Frontlines und der Backlines. Hast du in der Backline, hast du direkt auf die Amps raus. So, haha, du hast keinen Strom mehr. Alright, dann wir noch... Das ist jetzt der Breakdown. Dann auch mit... du hast einen schlechten Einfluss auf mich und Flachwitz. Alright. Ich bin noch da gehockt. Wir haben vorher noch gehabt, wegen Venues für neue Bookers, die mal zum Anschauen, wo eben die wie sagst du, Bilanzsicherheit, nein, nicht, also Defizitgarantie oder Defizitgarantie haben. Was für Venues würdest du sagen, für jemanden, der mal anfangen probieren buchen zum Beispiel, welche weißt du, die sind für Anfänger gut zugänglich oder helfen gerne zum Beispiel? Ich würde es so nicht name droppen, sondern mehr einfach sagen, schauen, dass es nicht mehr als 300 Capacity ist, weil einfach das wird schwierig. Ja. Weil eben einfach irgendwie 600-700 Billette, das schaffe ich auch mit einigen Shows nicht mal. Also das ist dann wirklich gross. Alright, ja. Das ist auch ein hohes Risiko, weil klar kann man sagen, die Fixkosten sind gleich, aber fangt lieber immer 200er oder 300er Venue an, einfach weil dann ist es überschaubar, eben, dann brauchst du noch je nachdem keine Security, brauchst nicht das noch und ja. Also so Werk 21 Größe oder ein bisschen kleiner. Plus, minus, ja. Aber eben, es kommt immer darauf an, wo du wohnst. Also, schau, was ist in deiner Haut rum. Wenn halt nur ein Einladen ist mit 400 Cap, dann schau halt mit ihnen und sag, wir können irgendwie den Raum vielleicht ein bisschen verkleinern. Oder so. Das stimmt, ja, weil wir haben auch schon mal in der Kantine gespielt und noch Vorhang so, ist halb so gross gewesen. Nachher war es super geil gewesen. Hätten wir das nicht gemacht, dort haben sie mich gefragt, wenn ihr in der ganzen spielen, und dort habe ich dann auch im 17 das Gefühl gehabt, nein, machen wir die kleinere Bühne. Und dann sind sie so, okay. Und nachher war es aber voll gewesen. Eben, redet mit den Clubs, weil die haben immer Freude. Das sage ich jetzt wirklich, ich wüsste jetzt nicht, wieso nicht, wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ich will etwas Geiles auf die Beine ziehen. Weil du bringst dann quasi den Szene-Input und sie bringen quasi den Business-Input. Ja. Ja, alright. Und Dings, beim Booking, was ist deine beste und deine schlechteste Erfahrung bis jetzt gewesen? Und machen bei der Band auch. Machen wir auf Local-Bereich. Weil ich glaube, das ist auch eben das, wo die Leute am meisten profitieren von deinen Erfahrungen. Also aus Booking-Sicht? Ja, genau. Was sagen wir so, nicht bei den Mainland-Shows, aber also so von der lokalen... Das ist jetzt so das Pendant zu der Worst Gig, Best Gig von den Bands, die wir mich fragen. Genau. Ah, okay. So einfach so lustige Anekdoten aus dem ja, das ist jetzt schwierig. Nicht, dass ich da nichts sagen will, aber ich habe das irgendwie, glaube alles verdrängt. Also, schön ist, glaube ich, sicher immer gewesen, wenn deutlich mehr Leute das erwartet sind. Das ist, also gerade eben bei Shows, zum Beispiel eben, keine Ahnung, Necrogoblicon habe ich halt mega gefreut, weil das so ein bisschen meine Comeback-Show war. Ja. Und noch eben die erste Schweiz-Show. Auch cool war mit der Veganen Freiheit oder mit Ginger, wo ich halt irgendwie schon Shows gemacht habe, bevor ich jetzt eben Mainland weiter mit diesen Bands arbeite. Ich meine, eben doch Ginger Werk Baden gemacht. Mit Conjunctive und glaube Irony of Fate. Ja, das ist aber geil. Und ich habe dort sogar noch das Licht gemacht. Dort hat es vom Werk aus einfach so eine Technikperson gehabt. Und wenn dann die Band jemand dabei gehört zum Mischen, zum Beispiel, hat dann die Hausperson Licht gemacht. Ja. Und ich habe dann irgendwie, weil ich halt ein bisschen, ich bin kein Lichtexperte, ich habe dort einfach ein bisschen mit dem Gerät ein bisschen arbeiten.
und halt die Songs ein bisschen kennt. Und das ist halt, wenn du das Licht für eine Band machst... Ist das schon mal wichtig, ja? Ja, und dann kann ich heute wirklich ein bisschen rumflexen und sagen, ich habe dort nicht nur Ginger auf Baden gebucht, sondern ich habe das Licht gemacht für sie. Also, geil. Ist jetzt nicht gerade Rock am Ring Hauptpenny, aber es ist so... immerhin. Es ist wenigstens ehrlich gewesen. Ja, nein, das ist geil. Und negativ, hey... Gut, wir haben von dem Festival gehört, wo du erzählt hast, den im Zug. Ja, ich glaube, nein, das ist mehr einfach, das ist einfach schade gewesen, aber das ist ja wie die Bands, die gespielt sind, sind geil gewesen, also ich bin auch stolz gewesen, dass wir das 3 Tage über die Bühne gebracht haben, organisatorisch. Jede Band hat gespielt, jede Band hat eine Gage bekommen, jede Band hat das Essen bekommen. Das ist oftmals nicht der Fall. Also weißt du, das ist so, es gibt dann auch Events, wo es dann dort schon scheitert. Ja. Ich glaube, negativ war mehr einfach gewesen, wenn, da kann ich jetzt nicht mal Namen nennen, wüsste jetzt nicht, aber wenn halt eine Band irgendwie ultra kecke zieht, also hure schlecht Billett verkauft hat, aber dann, das habe ich aber heute noch bei Mainland teils auch noch, aber dort ist es halt dann noch prekär gewesen, halt irgendwie eine Band nur 30 Billett verkauft, aber dann noch unanständig ist, irgendwie noch, weißt du, und denkst so, Mann, wir machen das irgendwie in der Freizeit. Ja. Das ist nicht irgendwie... so der Rockstar... ja, und das ist dynamisch ein bisschen ungeil gewesen. Das ist mein Lieblingskommentar, so wenn es so dumm tönt und einfach so denkst, so Brudi, du spielst am Dienstag im Werk 21 und es hat 10 Leute, hebt fressen. Ja, das ist einfach so, das ist dann peinlich. Also, beruhigen wir uns so, voll. So uns scheisst es auch an, wenn es wenig Leute hat, aber wir zahlen euch noch fucking Gage, also uns tut es noch mehr weh. Also es ist so... Und... Nein, aber da habe ich schon auch... Ja, es sind teilweise eben so Fälle gewesen, wo zum Beispiel allein ist im Flösserplatz, bei einer Band, die alle kennen, aber aus dem Ausland, wo ich eigentlich mit der Band habe ich super gehabt, aber die haben dann irgendwie ich glaube, Dömer von Save Last Breath, wenn du jetzt zulässt, du bist auch dabei gewesen, du weißt, wer ich meine, wo wirklich 2 Leute so für Technik dabei hatten auf dieser kurzen Tour und die haben sich wirklich wie die letzten Hunde benommen. Also von, weißt du, zum Beispiel, wir haben ihnen gesagt, hey, nachher spielt noch eine Band, die Tür muss zubleiben. Und wir haben es dann irgendwie 2 Mal klar gesagt, das war denen scheißegal gewesen. Nachher, weißt du, da steht so die Notausgangstür gewesen und dann hat wirklich die Venue hure Lampen bekommen, wegen Lärmbeschwerden. Und das ist denen gleich gewesen. Und dort haben wir dann auch mal so, hey, jetzt lange es. Also wirklich, wir haben das Gefühl, wer es sind. Ja. Schon stellen wir euch vom Platz und dann könnt ihr zusammen räumen, wenn die Show vorbei ist. Einfach so also weißt, wenn dann Ärger ist bei weniger als 100 Billetten, dann hast du die halt Uhren müssen zusammenreißen. Um irgendwie nicht einfach mal sagen, so, sonst verpissen ihr euch, da gibt es keine Show. Ja. Weil ich will ja nicht der Harthund sein, aber eben, da würdet ihr jetzt auch, wenn ihr in dieser Situation sind, irgendwann so Vögel bekommen und einfach sagen, hey, für was tue ich mir das an? Ja. Ja, das glaube ich, das ist irgendwie, ja. Das ist und schon so eine ganz üble Geschichte, irgendwie so, habe ich jetzt eigentlich nicht gehabt, zum Glück. Okay. Also da habe ich teilweise von anderen gehört, aber das ist, glaube ich, bei mir das Schlimmste gewesen. Oder eben, ich habe es jetzt wirklich verdrängt und bin einfach nicht vorbereitet auf die Frage. Aber, niemand ist vorbereitet auf die Frage von Ricky. Oder so, eben, das ist ein guter Punkt, die Red Flags, wenn du eine Band buchst, oder? Was, wo du weißt, sobald sie das machen, so wie nie mehr werden die von mir bucht, zum Beispiel. Und dann so, was sollten die Bands einfach nicht machen? Oder machen? Spät kommt du jedi, das kannst du nicht sagen. Ich habe da nicht irgendwie eine fixe Regel. Also es ist, glaube ich, einfach, wenn also das Problem ist eben halt, das ist dann aber halt im Professional Business halt so, dass gewisse Bands nicht recht Zeug können abziehen, sich irgendwie scheiße verhalten, hure viel fordern, aber halt bei einer wichtigen Agentur sind. Das ist, muss ich sagen, für mich persönlich zum Glück selten, aber das ist teilweise wirklich schwierig zum Handeln, wo einfach muss sagen, hey, eigentlich, wenn ich jetzt unabhängig von meinem Job, wo halt, es ist ja mein Job, also so wie andere ihren Job haben, ist es mir halt wirklich da, wo ich Montag bis nicht nur Freitag, sondern halt auch manchmal am Wochenende da bist halt leider mehr eingebunden. Ja, da kannst du halt nicht einfach eine Band einfach irgendwie, keine Ahnung. Nein, klar. Zum Beispiel beim Grenichen, wenn ich das Grenichen würde komplett allein machen, nur das Grenichen, dann hätte ich auch 1-2 Mal im Vorfeld ziemlich schnell können sagen, jetzt nur aus Festivalsicht, hey,
das gibt es nicht und schon spielen wir halt nicht, das haben wir nicht abgemacht. Aber weil ich gleichzeitig noch das ganze Jahr durch mit der Agentur und die noch andere Agenten oder Agentinnen und du bist dann halt viel mehr, dann musst du halt viel mehr Fingerspitzengefühl haben und irgendwie teilweise halt gewisse Kröten schlucken, weil du halt nachher die nächste Headliner-Show machst. Das ist ein kleines Dilemma, das du damit siehst, weil wenn du einfach nur dein Event machst und einfach sagst so, scheiß auf die Agentur, dann spielt halt von dieser Agentur nichts mehr bei uns. Und was sind so die Red Flags für dich persönlich? Dann weißt du für dich persönlich, sagen wir, du wärst dann einfach ein lokaler Booker, du würdest einfach sagen, hey, die nehme ich einfach nicht mehr weiter, oder? Was sind so Sachen, wo dich einfach findest, so wie, hey, das sind No-Gos? Also zum Beispiel, was ich da ist jetzt aber nicht direkt irgendwie eine Auswirkung gewesen, dass ich die nicht mehr buche, aber wo ich schockiert war, ist, dass eine Band mal wie so eigene Stagehands dabei hatte. Und das ist mir nachher recht ein Dorn im Auge gewesen, weil ich halt auch jahrelang Stagehand war. Und ich finde, wenn du schon im Dynamo 45 Steine oder so verlangst für ein Billett, dann zahlen die Leute auch fair. Und sie dann irgendwie das so shady. Ich habe das erst auch nach der Show herausgefunden. Und nicht im Voraus. Wir sind so gesagt, so, nein, wir brauchen kein Stagehand. So, ja, aber wir bauten so die Gitter und so auf und so und Barricades. Und dann habe ich das wirklich aus den Augen verloren. Und dort habe ich wirklich gedacht, das ist dann wirklich stossend. Wenn dann so geizig bist, dass eigentlich eben das Outsource ist. Und ich glaube, das sind wirklich so Fans gewesen. Uff. Ich habe das nachher auch nicht mehr weiterverfolgt. Aber dort habe ich einfach so gedacht, ey, das ist hure low. Ja, fair. Weil ich halt immer sage, hey, wenn du in der Schweiz spielst, dann ist das Billett teuer, aber dann zahlen auch Schweizer Löhne. Weil wenn du nur an der Kasse schaust, also heisst nur, eben, es braucht Leute an der Kasse, es braucht Security, es braucht Leute an der Bar, es braucht Leute bei der Garderobe, es braucht Leute, die Vorplanung machen. Hey, ich finde, wenn es keine Do-it-yourself-Show ist, wo alle gratis arbeiten, sollten dann auch alle etwas davon haben. Ja. Und da bin ich teilweise wirklich, das ist halt ich, wo aus dem Do-it-yourself komme. Ich habe teilweise auch noch ein bisschen den Struggle, eben, dass irgendwie musst wie eine Firma denken, aber eigentlich dann halt scheiße ist, wenn du musst 2 Wochen vorher sagen, hey fuck, mit irgendwie Stagehands streichen oder beim Catering halt und so. Ja. Ich mache das nicht gerne, aber es gehört dann halt auch dazu. Dass halt manchmal eine Band, wo keine Ahnung, du hast gedacht 500 kommen und dann kommen 200, nachher wollen sie noch das, dann wollen sie noch das, dann wollen sie nachher noch Aftershow-Food und dann habe ich halt wirklich einfach mal gesagt, so, jetzt gibt es nichts mehr, sorry, wenn irgendjemand plump gesagt verhungert, schaue ich schon, dass es nicht Verhunger ist. Aber es ist dann so ein bisschen so eine Fünfer- und Zweckli-Mentalität, wo ich muss sagen, ja, dann sind halt pisst, dann gehen halt bei eurer Agentur brüllen, dann Leute zu mir an und dann sage ich ihnen persönlich so, hey, schau, wir haben 200 Billette verkauft, wir legen Touren drauf. Dann gibt es halt nicht nur für alle Pizza nachher. Wir müssen halt mit dem Catering noch ein Sandwich machen. Ja, fair. Das ist auch ein bisschen so der Struggle und ja. Aber es ist eher selten, also eben die meisten Shows, die ich dieses Jahr hatte, sind cool gelaufen. Also, also merkst du, du hast jetzt eben Füße in beide Welt gehabt, einerseits im Local Shows, einerseits international. Merkst du einen Unterschied, sei es in der Attitude oder wie die Leute mit Leuten umgehen, was die zwei differenziert, oder siehst du das eigentlich im gleichen Topf? Nein, es ist ein bisschen wie ein fließender Übergang, weil ja halt die meisten grossen Bands auch mal von irgendwelchen Do-it-yourself-Promoter gebucht worden sind. Also und jede Band, sind wir mal ehrlich, will ja dort hin. Also quasi jede Band, die irgendwo am Dienstag vor 50 Leuten gespielt hat, will ja eigentlich mal das Dynamo-Bus verkaufen oder noch grösser. Also es ist so, darum sage ich, es ist so, es geht naht ist naht, so quasi es hängt zusammen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man beim Professionellen halt eben mit viel mehr Kosten, weil halt eben, aber gleichzeitig auch mehr Erwartung. Ich meine, wenn du irgendwo von einer, so ein bisschen ehrenamtlich, wir machen ein bisschen Shows, kannst du halt nachher nicht deinen Branchenstandard aufzwingen. Wir wollen jede Woche Vorverkaufszahlen, wir wollen genau das Budget, wir wollen genau, dort musst du dann halt einfach auch als Band sagen, schau, wenn mit so, die uns jetzt nicht gesehen im Video, mit Gänsefüßchen, mit den grossen Promoter zusammen schaffst, die kannst du ja viel mehr fordern. Du kannst sagen, ich will jede Quittung sehen, ich will, wenn die Show sold out ist, schon eine Woche vorher so ein Pre-Settlement, also so ein Vorabbudget, wo sie schon wissen, wie viel Gewinn machen wir.
die kannst du Shows innerhalb von... Also wir bringen es beim Mainland an, am Mittag kommt es ist ein Zangengeburt für alle, aber es kann am Mittag ein Mail kommen und am 4 ist die Show online. Das kannst du bei Ehrenamtlichen halt nicht erwarten. Das ist so ein bisschen dann der Qualitätsstandard, den eine Band muss überlegen, mit wem wir arbeiten. Wir können zwar theoretisch, wenn wir das Werk 21 ausverkaufen, bei einer Kulturgruppe, die ehrenamtlich schafft, viel mehr Geld verdienen, aber wir können nicht den Standard fordern. Ja. Alright. Weil eine kleine Do-it-yourself-Gruppe kann dann halt einfach sagen, hey, wir haben gar nicht die Ressourcen. Und ich merke das halt zum Beispiel, wenn ich jetzt Shows nicht in Zürich veranstalte, sondern in anderen Clubs, bin ich halt voll zwischen den Fronten. Wenn eine grosse Agentur kommt und einfach sagt, wir brauchen morgen einen Ticket-Link, aber der Club hat vielleicht nur die Leute Teilzeit angestellt. Ja, dann... Und dann gehe ich, also das ist wirklich, glaube ich, einer der härtesten Teils von meinem Job. Ich gerate dann voll zwischen die Fronten und ich habe ja das Interesse daran, dass ich es mit dem Club weiterhin gut habe, aber auch mit der Agentur. Und dann muss ich manchmal kreativ sein und irgendwie das deichseln, dass ich halt nicht nach einem Arschloch bin für eine Seite. Klar, ja. Weil entweder haben dann nachher die Agentur das Gefühl, ja, die bringen es nicht an, aber wenn wir nicht den Ticketlink aufschalten können, dann können wir gar nichts machen. Und dann muss ich halt kreativ sein und zum Beispiel dann irgendwie sagen, hey, schau mal, es ist irgendjemand in der Ferien, weißt du. Und im Club sage ich aber, hey, schau, morgen brauche ich es, einen Tag kann ich euch noch rausholen. Ja. Und so ist auch der Club geschützt. Ja, alright. Und das ist wirklich eigentlich fast das Schwierigste an meinem Job, dass ich dort das Jonglieren ein bisschen machen kann. Oder eben, du bist die ganze Zeit ein Aushängeschild. Du kannst nicht einfach irgendwie bei einer Band eben voll alles zusammensparen und irgendwie dich als Promoter Scheiße benehmen, weil das geht nachher rum. Ja. Also du bist alles, was ich mache, ob es in einen Podcast geht, in einen Podcast vorbeigehe, dass ich irgendwie ein Grenchen buche, dass ich irgendwie schon eine Show abrechne, es hat alles immer ein bisschen einen Einfluss. Weil am Schluss des Tages machst du eine Show mit mehr, blöd gesagt, als Band, das hat alles mit Vertrauen zu tun. Ja. Dass man auch weiss, eben der reisst sich die Arsch auf für Bands, die zahlen Gagen pünktlich, die machen gut Werbung, es hat alles einen Einfluss. Also es ist so, du bist die ganze Zeit in so einem Spektrum rein, dass so immer so, du musst überlegen, du kannst jetzt bei dieser Band schon irgendwie, eben wenn sie irgendeinen Scheiß machen oder etwas verkackt haben, musst immer überlegen, wie fest willst du denn jetzt das beipissen oder was hat das für Konsequenzen. Alright. Darum, es ist wirklich amigs scheiße, weil eben, wenn du jetzt so Do-it-yourself-Shows machst, ein bisschen in der Freizeit bist du halt viel unabhängiger, aber dann ist gerade wenn du mit den grossen Agenturen schaffst, eben ich habe wirklich Glück, ich höre von anderen im Business Geschichten und ich muss sagen, zum Glück bin ich da nicht involviert. Was zum Beispiel immer, ohne jetzt Namen zu nennen, ein riesen Geschiss ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das sind die Line-Up-Poster von den Festivals. Und dort ist eben das Problem, dass wenn du das Jahr durch auch mit den Agenturen zusammen schaffst, musst du dort auch wieder schauen, dass niemand auf die Füße stehst und dann musst du teilweise das Poster 3 oder 4 Mal machen, wieder allen schicken. Alle müssen es okay geben. Damit nicht irgendeine Band dann das Gefühl hat, wir sind aber grösser als das. Hey, da geht es wirklich, aber das ist mittlerweile bei jedem Line-Up, sogar auch beim Grenchen, ist das ein Geschiss. Wow. Und ich sage nicht, dass die Headliner allein schuld sind. Es geht auch unten. Es ist wirklich durchs Ganze. Also ich bin fast sicher, dass es nicht Headliner sind. Ich muss da, glaube ich, aufhören zu erzählen, nicht mal irgendwie wegen Internas, würde ich ihn auch nicht nehmen, sondern dass nachher niemand mehr den Job machen. Es ist im Fall wirklich. Das sind die Momente, wo ich mich so sage, wieso tue ich mir den Scheiß überhaupt an? Wieso gehe ich nicht irgendwo in einen anderen Job? Ganz im Ernst, seit ich das Hobby Musik angefangen habe, weiss ich, dass ich keinen Job in der Musikindustrie machen. Ja. Und Local Bands, die dazu hören, sind nicht die Arschlöcher und fangen dann noch mit dem an, weil nachher gibt es gar niemand mehr, die Shows machen. Nein, es ist wirklich Katastrophe. Da gibt es die sagen, ja, aber wir wollen oben dran allein sein. Andere sagen, wir wollen nicht links von denen stehen. Nachher musst du bei jeder Band noch argumentieren. Und in der Schweiz haben wir es noch einfach, weil wir quasi... nicht links von denen ist der fucking hell. Ja, aber zum Beispiel um die Grösse von der Band und zum Beispiel, was ist, wenn jetzt eine Band hure gross ist, aber noch nie eine Headliner-Show gespielt hat? Ja. Du kannst nicht nur die Spotify-Streaming-Zahlen schauen. Eben, das ist absolut verschissen. Das ist aber etwas, was ich schon die ganze Zeit sage in letzter Zeit, weil alle denken, das ist ja eine Riesenband. Das ist keine Riesenband, die hat zwar 1 Million monatliche Hörer auf Spotify. Oder was die Ami-Bands immer rumlatschen, ist halt, weil halt dort die Los Angeles Managements, dann ist halt, die haben keine Ahnung so von welche Bands in Europa irgendwie etwas ziehen. Ja, oder so in Deutschland oder in der Schweiz, weißt du, wo sagen so, hey, wer ist da?
Und du sagst aber so, ja, die haben, keine Ahnung, das Dynamo vorab ausverkauft. Und nachher musst du denen wirklich wie Kleinkinder erklären, amix, die haben dann in der Schweiz gespielt, so viele Leute gehabt, nachher haben sie da, sind sie Platz 1 gewesen, da, und dann musst du ihnen wirklich wie ein Kleinkind, du musst teilweise so einen Abschnitt machen, um dort die Bogen glätten, weil meistens, also bis heute weiss ich amix nicht, sind Bands das Problem, wo ich am wenigsten denke, oder sind Managements das Problem, wo ich eher denke, oder sind, wo ich auch eher denke, die Booking-Agentur das Problem, dass der Flyer gar nicht zum Management ist, sondern einfach so ein Ego-Ding ist. Ja. Und da beneide ich die Festivals, die halt wirklich irgendwie eine Macht haben, aber keine Shows im Jahr machen, die einfach können sagen, da ist der Flyer, und wenn es nicht passt, sagen wir ab. Ja. Wir finden einen anderen. Ja. So Wacken meinst du? Ihr habt sicher... Wacken ist wahrscheinlich etwas so gross. Ihr habt sicher eine Datenbank mit allen Konzerten, mit allen Bands, Anzahl Leuten so im Mainland, oder? Also von den vergangenen Shows? Aha. Ja. Boah. Aber eben ja, einfach von denen, die wir gemacht haben. Wenn es von den zukünftigen wäre der Illuminati. Ja, aber es gehört auch ein bisschen zum Job. Weil ich meine, ich sage immer, mein Job ist eigentlich nichts anderes als ein Wall Street Banker für mich. Weil ich sehe es und ich liebe Musik. Ich gehe so viel an Shows und das meine ich ernst. Das ist wirklich, ich habe das vorher schon gerne gemacht, jetzt habe ich einen Traumjob. Da wollte ich nicht ändern. Nein, das stimmt. Umi sieht man an jeder Local Show und an jeder grossen Show. Manchmal sogar an mehreren einmal. Aber schlussendlich, mein Job ist eigentlich nichts anderes als darauf gamblen, dass wir in 9 Monaten oder in 12 Monaten kein Minus machen mit dieser Show. Ja. Und das Problem ist eben, dass ein paar Sachen gut laufen können. Ein gutes Datum, neues Album ist geil, Supports sind geil, die Leute haben irgendwie eben gerade Zahltag gehabt, kaufen gerade alle Billette. Es können aber ganz viele Sachen schief gehen. Von Worst Case irgendwie... Eine Band wird gecancelt, das neue Album ist scheiße, es gibt Mitgliederwechsel. Russland greift gerade Ukraine. Es sind noch 5 Shows am gleichen Tag. Also weißt du, es kann so viel schief gehen, dass eine Show nicht gut läuft. Weil ich über jede Show happy bin, die irgendwie gut läuft. Das ist so nicht selbstverständlich für mich. Du kannst alle Analytics schauen von alten Shows und so und Saisonalität und alles und trotzdem... Genau, du kannst es höchstens einschätzen, aber das ist eben ein mega Ding, weil da kannst du teilweise eben eine Band, wo... Ich meine, wir haben zum Beispiel oft die kleinste Show von der ganzen Tour und auch die schlecht verkaufteste. Da müssen sich die Leute halt auch ein bisschen bewusst sein. Wir haben wirklich Glück in der Schweiz, dass wir für die kommen, eine gute Kaufkraft haben. Also bei uns ist zum Glück eben, man muss halt den Ticketpreis 2-3 Stutz teurer machen. Ist in Deutschland viel schlimmer als bei uns. Ich meine, bei uns zahlst du schon 10-20 Steine fürs Parkieren. Wenn du in Deutschland... Aber du musst auch ein bisschen schauen. Ich meine, bei gewissen Venues hast du einen Preisdeckel, wo entweder von sich aus oder einfach, weil sie es immer schon so machen, wenn gar nicht mehr als so und so viel Eintritt. Und ja, wie willst du das sagen? Es ist so... es ist ja das Haare rauf, um da eben eine Einschätzung zu machen. Weil du gehst, ich meine, überleg dir mal das Geld. Wenn du einfach schnell eine Dynamo-Saal-Show, wenn du dich dort fehl einschätzt, kannst du schnell 10 Riesen verbrennen. Das ist nur eine Dynamo-Show. Ja. Nicht eine Hallenstadion-Show. Und ich meine, wenn es musikalisch nicht meine Baustelle ist, aber genau das Thema ist es gerade vor 2-3 Tagen das Interview rausgekommen mit dem Gölle. Ich höre den nicht, ich bin kein Fan von ihm, aber sein Interview war mega spannend, weil der Anfang Juni hat er so ein eigenes Festival planen und dann hat er jetzt müssen absagen und er redet von einem Verlust von 400'000-500'000. Und er hat gesagt, sie müssen Reissleinen sein, dass er nicht sein Haus verkaufen muss. Fuck. Und ich nehme ihm das ab. Also es ist so, der hat jetzt quasi denkt, ich mache ein eigenes Festival und das ist... Ich werte das nicht, ob das jetzt... Ich meine, doch mit dem Bützerbuben-Zeug haben sie 2-mal das letzte gefühlt. Ja, das ist 100'000 Billette. Aber eben, es zeigt, das Minus mit einem Event. Und eben, er hat jetzt keine Firma für das beauftragt. Das ist quasi er, der das promotet hat, gemäß Interview. Ich habe jetzt einfach das Interview gelesen, ich habe da keine weiteren Infos. Aber das zeigt genau, wie crazy du kannst Geld vernichten. Ja. Also du kannst einfach eine Fehleinschätzung oder eben plötzlich kommt am gleichen Tag noch eine zweite Show und dann hast du schnell, ich meine, bei einer grossen Show kann das 30 Riesen bis zu 50 Riesen bei einer Hallenstadion-Show oder Stadion-Show. Ich meine, rechne mal, ich kann jetzt auch nicht alle zahlen, aber wenn bei einer irgendeiner letzten Grundshow nur 25'000 Leute kommen, dann kannst du lange in die Ferien für das Geld.
Holy shit. Ja. Und du brauchst viele Shows, um das wieder reinzuholen. Ja. Ist jetzt, aber ich würde jetzt mal so sagen, wenn jetzt so... Gibt es so Acts, wo du sagen, das ist garantiert, dass es läuft? Abgesehen von so Taylor Swift, aber das ist eben das Problem, AC/DC. die wissen eben nicht, dass es läuft. Und das sind die halt mittlerweile dann 7-stellige Gagen wollen. Okay, fair, ja. Wo man gar nicht mehr in die Schweiz kommt, weil man sagt, wieso sollen wir noch 2 Monate durch Europa touren mühsam? Wir machen einfach 3-mal London, 3-mal Paris, 3-mal Berlin, 3-mal Mailand, 3-mal Wien. Ja. Und es hat jetzt ein paar Tour-Ankündigungen gegeben, und ich weiss da Gründe auch nicht, das ist auch nicht mein Level, wo einfach die Schweiz gar nicht mehr auf dem Tourflyer ist, einfach weil wir irgendwie zu klein sind. Weil du sagst, wieso sollen wir in der letzten Runde spielen, wo wir 48'000 Billette haben, wenn wir auch in Barcelona eine Nacht mehr spielen können, wo wir 90'000 verkaufen können. Und das sind halt mittlerweile Dimensionen, wo ich auf eine Art Acts mag gönnen. Ich meine, es ist schön, wenn du so viele Leute kannst irgendwie mit deiner Musik erreichen. Das ist etwas Positives. Ja. Aber andererseits eben hat das halt auch Auswüchse angenommen, wo man halt eben keine Ahnung, ich habe das im letzten Podcast dort ein bisschen gesagt, mir ist ja nachher in dem Dilemma, machst du Tickets so teuer, dass es genau einen Tag vorher ausverkauft ist? Ja. Oder machst du es fair, nachher kaufen irgendwelche Dealer alles auf. Ja. Und ich meine, AC/DC ist jetzt auch so, kannst jetzt auf Ricardo gehen und für 300-400 Steine kannst du ein Billett kaufen. Ja. Und das Geld geht nicht an die Band. Und eben dann machen die Bands Platin-Tickets, ist aber auch wieder verpönt. Und ich werte jetzt nicht, ich sage nicht, was ist gut, was ist schlecht, aber es sollen sich alle ein bisschen in der Szene, zum Glück eben, wir sind Randszene, wir sind nicht so Mainstream, Stadion, Arena-Shows. Noch mehr Faktoren zum berücksichtigen dann, ja. Aber eben, ich weiss dort auch nicht abschliessend, was am fairsten ist, weil nachher machst du personalisierte Bilder, nachher brüllen wieder alle um, wenn sie am Tag vorher krank werden, nachher ist es mühsam, um wieder das Geld zurückzubekommen oder zum Umschreiben. Es ist so, da gibt es nicht das Richtige und das Falsch. Ja. Aber du hast halt heutzutage, früher hat es schon so bekannte Bands gegeben, aber da haben halt Leute müssen irgendwo morgen um 8 Uhr... ich müssen an den Postschalter gehen. Und heutzutage können halt Leute auf der ganzen Welt die Tickets kaufen und nachher wieder auf eBay tun. Oder sie finden immer einen Weg, aber es ist halt so, willst dass die Band quasi einfach das Doppelte vom Billett könnte verlangen, aber das nicht an die Band geht, oder eben haben die schon genug Geld und dann können... Also es ist so schwierig. Also, ich sage jetzt nicht, was da gut oder schlecht ist, aber ja, ich glaube, das ist zum Glück bei uns nicht so das Problem bei unseren kleinen Shows, aber auch dort, wenn eine Band auf Tour geht, auch wenn es nur auf dem Dynamo-Saal-Level ist, ist so viel Risiko für die Band, weil wenn du jeden Abend Sold-Out hast, ich meine, jetzt es ein paar so Metalcore-Turniere gegeben, die verdammt geil gelaufen sind, hast du so gesehen, fast jede Show Sold-Out. Und jetzt rechne mal, wenn jede zweite Person ein T-Shirt kauft, das ist nachher eine doppelte Merch-Einnahme. Yep. Aber wenn dann jeden Abend nur 200 Leute kommen, also es ist auch für die Bands, das können wir uns gar nicht vorstellen. Was du leihst nicht alles in die Waagschale, sondern du leihst Waagschalen, nicht die Waagschale. Ja. Das ist crazy, ja. Und auch dort eben wieder der liebe Appell, hey, wenn ihr eine Band geil findet, denkt nicht an uns promoten. Wir sind nur die Arbeit machen, denkt an Bands, die ihr geil findet. Kauft, wenn ihr wisst, kauft früh ein Billett und wenn es Gründe gibt, dass ihr das nicht früher kaufen könnt oder wollt, können wir gleich, wenn ihr Zeit habt, einfach so. Macht es nicht für den Booker, macht es für die Band. Ja, nein, einfach mit Stuben hocken, supportest halt deine Lieblingsband auch nicht. Du musst nicht an so einen Showschnitt wie wir drei. Das erwarte ich von niemandem. Nein, das musst du nicht. Aber du kannst halt auch nicht irgendwie dich als Szene schimpfen, wenn einmal im Jahr an Greenfield und 2 Hallenstadion-Shows gehst. Da machst du wirklich, ja, dann ist es auch ein bisschen gleich. Ja, voll. Nein. Ich bin fucking so viel Insights vom Umi mal rausgekommen. Die Folge ist gleich lang wie die von Kate Effect, aber wahrscheinlich hören die Leute effektiv durch. Ja, hey, ich bin alle Themen, die wir jetzt besprochen haben. Bruder, ich hoffe einfach, dass der zwischen dir nicht abgekackt ist. Nein, das ist sicher gut. Das ist sicher gut. Für alle, die es nicht sehen, in unserem Reaper-File hast du Audiospur, nix und dann wieder Audiospur. Ich glaube, weil es einfach zu lang geworden ist. Ja, wahrscheinlich. Voll. Ich glaube, ich kann alle meine Punkte. Du hast alle deine Punkte, dann habe ich noch einen. Ja. Morgen Mailand, geschäftlich oder privat?
Gemischt. Was heisst das? Ja, ich bin ja... Wenn du willst. Ja, nein, ich meine, keine Lust mehr hast. Ich bin ja heute die arme Sau, die Clowns auf Baden gebucht hat, aber nicht kann gehen, wegen einem privaten Termin. Nein. Wieso nicht? Aber sie spielen morgen dort. Also wenn ich irgendwie die Chance habe, schaue ich, dass ich ihnen schon morgen noch mal Hoi sagen kann. Ja, du hast ja ich glaube, wenn du kannst ja noch schnell vorbeigehen, oder? Ja, wenn sie pünktlich sind. Easy. Das ist immer auch ein Risikofaktor, wenn es heisst, ja, geht ihnen irgendwie um 3. Nachher haben sie aber noch Probleme, oder nicht Probleme am Zoll, aber es geht halt länger, ja, Zoll, oder hat noch Stau. Nachher wird es 5, nachher ist der hure Stress. Aber, aber ja, es ist, du musst noch sagen, was morgen ist. NoFX in Mailand. Das weiss ich eben nicht. Ich habe nur gewusst, dass du auf Mailand gehst, als du mir vorher erzählt hast. Nein. Aber ich habe angenommen, dass es irgendetwas mit dem zu tun hat. NoFX in Mailand schauen, weil die haben leider nicht geplant hatten, eine Schweiz-Show noch auf ihrer Abschiedstour zu spielen. Darum, ja, stimmt. Ja, es ist so eine Mischung aus privat und beruflich. Ja. Da triffst du sicher wieder irgendwelche Leute dort, oder? Best Case ja und Worst Case einfach Bier trinken mit den Kollegen. Ja. Hey, aber merci mal, dass du vorbeikommst, Umi. Weil ich glaube, du hast jetzt danke mega für die Einladung, ja. Du hast jetzt mega viele Insights für alle eigentlich. Für Zuhörer, für junge Musiker, für ältere Musiker. Für ältere Musiker, für alle. Alle. Also ich finde es mega spannend. Wir müssen den Umi in dem Fall mal noch haben für einen informellen Podcast, wo wir einfach nur über die Schweizer Szene-Bands labern. Wir haben alles Business. Jetzt haben wir Business aufgekastelt. Ja. EP2 gibt es dann auch noch mal, wenn du dabei bist. Voll. Nein, ich habe ja gesagt, dass nachher schnell, die Wunden blühten schnell. Das ist so. Das ist so. Mit Schweizer Bands anlegen. Nein, ich habe nicht gesagt anlegen. Ich habe nur gesagt, dass wir mal über die Schweizer Szene reden. Ich glaube, wir können mal eine Wurststunde mit dem Umi machen. Das wäre lustig. Das Ding ist eben einfach. Er hat recht. Er hat schon recht. Unser OnlyFans-Profil sollte wirklich einfach sein, wir, die Bands roasten. Ein Schweizer Metal Roast Battle, oder? Einfach mal ein bisschen Krieg anfangen. Das hat der Döme ja die ganze Zeit. Der Döme will die ganze Zeit, dass in der Schweizer Metal-Szene einfach mal so ein bisschen Deutschrap-Beef herrscht. Let's go, machen wir das. So ein bisschen eine Art BDSM für gequält werden und andere quälen. Ja, genau. Einfach, weil das ist, wenn quasi irgendwann in der Zeitung steht, dass Schweizer Metal-Bands gegenseitige Gangs gründen und sich auf der Straße verprügeln, das ist Promo für alle. Aber ich glaube, für das sind es, ja... Zu soft, sagst du doch einfach. Nein, sind es viel zu verlieren. Nicht alle dann sagen so, ja scheiße, weißt, ich habe so viel in meinem Leben zu verlieren, wenn ich jetzt... das stimmt. Wenn ich diese Band verschlone. Was bringt mir das? Vor allem ist es da verdammt asozial, aber ich glaube, so viel Nein, zum Haten gibt es gar nicht. Ich meine... Was willst du riskieren? Es das teure Equipment, dein guter Job. Das bringt ja gar nichts. Du kannst nicht mehr daheim in die Stube hocken. Du kannst nicht mehr in die Stube hocken. Stimmt. Gewisse Leute würden wahrscheinlich nachher noch im Gefängnis an mehr Shows gehen, als wenn sie nicht im Knast sind. Ja, nein, das ist geil. Nein. Oder sieht die besser aus, wenn du so, hey, sorry, ich kann Dienstagabend nicht an die Show, weil eine andere Band verschlagen, ich bin im Knast. Hey, ich würde gerne noch in eine Local Show kommen, aber ich bin halt leider noch 2 Jahre im Knast. Wieso? Ja, Whiteout, das beipisst. Was meinst du mit das beipisst? Nichts. Blackout. Whiteout hat jetzt ein Blackout. Geil, nein, also zum Fernsehen, ich glaube, so viel gibt es ja gar nicht zum Umhaten in der Schweiz. Nein. Ich fände es einfach so ein Roast-Battle wäre mal lustig. Das ist schon funny. Alle Schweizer Bands sich einfach mal kurz für einen Abend nicht zu ernst nehmen und dann gegenseitig roasten, das wäre lustig. Ja, das wäre nice. Machen wir vielleicht irgendwann. Alright, hey Umi, merci vielmals. Hey, danke für die Einladung. Ja. Und ich habe vorher mal noch eine Idee gehabt für irgendetwas mit Metal-Servo, aber ich habe es jetzt wieder vergessen natürlich. Alright. Irgend so ein Konzertding, irgendetwas war es. Metal Servo Festival? Nein. Kann man sich da noch eine Scheibe davon abschneiden? Ja. Langgarten mit der Flachwitz. Doch, ich kann es wieder. Kann es nicht mehr. Ist egal. Metal Servo Roast Battle. Metal Servo Roast Battle. Right. Einfach so dein 16er TV mit Metal Band. Alter, dein 16er. Aber wenn du nachher Streit hast du nachher Roast Beef. Ja. Sorry, dein 16er mit Metal Bands. Das ist einfach so also 16 Bars schreiben, was andere Bands roasten und erklären, wieso sie die Besten sind, mit so Breakdowns im Hintergrund. So.
Und dann singen jetzt alle Englisch, weil wir halt keine Schweizerdeutsch reden. Nur Hack macht es auf Schweizerdeutsch. Ja, genau. Geil. Voll. Das fände ich sick. Voll, aber das ist sicher nicht das letzte Mal. Also wir machen sicher mal... Warte schnell, Alter. Die haben es von mir gehört. Wenn ihr Band supporten wollt, dann kauft Tickets frühzeitig. Könnt ihr mal in Spotify folgen. YouTube, was auch immer. Übrigens, ihr könnt uns auch folgen. Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Überall. Und ich bin nur das Gesicht, ich bin nicht da für die Ich bin nur der Gast. Und bisenseitig, nein, wir haben auch ein Patreon, also falls du findest, unser Scheiß ist cool und willst es gerne supporten, dann findest du uns in Patreon metal.servola. Und wir bedanken uns natürlich bei allen unseren Patreons. Das machen wir jedes Mal, Bruder. Ja, ich weiss, ich bin immer noch nicht Fan davon. Ich finde es, du, willst du, dass wir nachher kleine Würstchen... wir haben sie nie gezwungen, uns Geld zu geben. Nein, wir haben es nicht gezwungen. Wir haben allen von Anfang an gesagt, dass wir nichts machen, außer Danke sagen. Ja, wir sagen Danke. Und was ich auch überlegt habe, was ich jetzt anfange zu machen, ist am Schluss, nach dem Outro für jede Folge, lassen wir so 5 bis 10 Sekunden Snippet von den Bands von unseren Patreons laufen lassen, für die Leute, die es mal abchecken. Du, absolut Genie, morgen sind wir reich. Ah, ja. Nein, aber anyways... Wow, alle Bands so, ich wollte meine Musik da haben. Voll. Nein, aber anyways, merci Tim von PoloShift, könnt PoloShift abchecken. Dave von Safe Last Breath, du geile Sau, könnt ihr abchecken. Dann haben wir noch den LV, wo wir glauben, wir wissen, wer das ist. Das ist bitte bestätigen. Schreib uns mal, ob du es bist. Aber es ist fix der Lucky von Kate Effect im Fall. Hure Wichser, du hast mir nie etwas gesagt. Das kann schon sein. Er wird fix nichts sagen, der Hure Er wird, auch wenn er es ist, wird er nichts sagen. Alright. Aber wir vermuten, das ist der LV. Das macht am meisten Sinn. Nicht der Louis Vuitton. Ja, voll. Und neu dabei ist auch der Nicola von People Die at the Fair. Merci, Brudi. Geil, ich könnt People Die at the Fair abchecken. Das ist noch eine funny Story. Letzten Samstag haben die in Frauenfeld gespielt. Und am Freitagabend hat mir jemand geschrieben, weil irgendwie so, hey, ich bin eine Band, ich bin ein Konzert im Frauenfeld am organisieren. Könnt ihr dann spielen? Und ich schreibe dann so, ich habe es so gesehen, schreibe so zurück. Ja, ich muss schnell checken. Und dann kommt es so zurück. Ah, sorry, wir haben schon eine Band gefunden. Ich so, dann schreib doch. Wenn 2 Stunden später eine Band gefunden hast, sag doch diesen Bands, wo geschrieben hast, dass du etwas gefunden hast. Aber jetzt nicht letzte Woche ein Konzert mit XOXO gegeben. Das ist das. XOXO, das Konzert im Frauenfeld. Und eine andere Band war. Und die andere Band. Die erste Mal ist die Vorband ausgefallen, dann haben People Die at the Fair den Slot bekommen. Am nächsten fucking Tag, am Nachmittag, am 2 Leute der Schlagzeuger von People Die at the Fair. Hey Bro, wie spontan sind ihr? Weil, die Band, die gestern ausgefallen ist, das ist jetzt die andere Band auch ausgefallen. Ein ausfallendes Konzept. Und am Schluss ist ja nur ein People Die at the Fair Konzept. Ja, am Schluss hat er nur People Die at the Fair gespielt. Und die sind mega schnell eingesprungen. Und nachher ist geil. Freitagabend. Leider ist der Marc krank gewesen, sonst hätten wir mit Matchbox Whispers noch gespielt. Ja, auch lustig. Aber ja, merci vielmals fürs Hören. Wir sehen uns nächstes Mal. Das ist yeah. Ja, eben, okay, ich rede jetzt fertig. Ciao zusammen. Macht's gut. Yeah! Ja. Das war es. Yeah. Tschüss. Ciao, ciao. Yeah! Yeah! Jetzt können wir schauen, ob ich ähnlich töne als der Brian. Tschüss!